Voilà, liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Abend, die Leute am Publikum, die Leute draußen, die vielleicht am Streaming noch gucken. Ich herzlich willkommen zu unserer Gemeinderatssitzung am Mai. Und dann gebe ich mir mal aufhängen, für uns warm zu machen. Die Prozedur kennt ihr ja schon. Voilà, was war jetzt der letzten Gemeinderatssitzung los? Den 21. März hat Schötter Hölf hier Generalversammlung heien am Schöttertreff. Schöttertreff, wir sind Europassen nicht durch den Haien. Nur am Osterweekend war dann den 2. April am Schöttertreff die erste Ablauf von der Human Library. Die Leute zusammen bringen, auf 4 Teile aufschaffen. Das ist eine Initiative vom Jugendhaus. Das hatten sie also auch angekündigt auf ihrer Assemblée Générale, dass sie die neue Projekt hatten. Und da geht es darum, für eine offene Diskussionsrunde über das Thema zu schwätzen und dass die Leute dann hier Fragen stellen können. Und an dieser ersten Seance geht es dann Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Den 6. April hat die Lützeburgische Armwrestling Federation ein Turnier an unserer Sportsaal zu München organisiert. Hier sind sowohl professionell wie lizenzierte Amateurs-Armwrestler angetreten. Und da war auch ein Artikel an der Presse, den hat vielleicht gesehen. Der Weekend vom 12. April hat dann die Lützeburgische Street Soccer Association an Zusammenarbeit mit der kapverdischen Ambassade an der Fédération des Associations Capverdiennes du Luxembourg ein Vernissage sowie auch ein Futsal-Turnier Campus organisiert. Den 13. April war du bei schönem Wetter der Schöttermarkt, wo neben den vielen Ständen auch am Schöttertreff ein Märchentheater für Kinder gespielt wurde. Es war dann noch heute die 2. Edition vom Vide Grenier. Und heute ist viele Leute Stand gehabt und haben probiert, hier Sachen zu verkaufen. Den 16. April war dann Soirée des élus locaux mit dem Innenminister, Ministre des Affaires Intérieures, wie in Französisch ist. Ein ganz informativen Abend. Auf dieser Platz kann der Minister nicht mehr merci sagen für das Initiative. Der Minister hat dann noch auf hergehoben, dass an den vielen wichtigen Dossiers wie Wohnungsbau, Impôt commercial und Impôt foncier, Sicherheit, mit der Police oder auch dem CGDIS, hier auch gerne den Input von den Gemeindevertretern hat und dafür ist es doch wichtig, und diese Veranstaltungen auch in Zukunft teilzunehmen. Der 17. April hat die Kulturkommission eine Fitness-Session am Schöttertreff organisiert. Er hat den Fitnesscoach Gwendi Stiefer-Magirus den Leuten ein paar Turnübungen gewiesen, die sie dann konnten gemütlich daheim oder am Stuhl oder am Kanapee nachmachen. Derselben Tag hat die Sportkommission an Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Jahresausflug an Belgien organisiert. Er konnten die Leute morgens mit einem Bus, den die Gemeinde offeriert hat, auf Hui fahren und über den ganzen Tag die Fläche zu bewähren. Oben ging zunächst mal ein Bus zurück auf Schötter. Den 18. April hatten die Lützeburger Rosefreunde hier Generalversammlung am Centre Culturel zu Münzburg. Den 20. April haben Scouten Le Castor eine Familienrallye organisiert. Nachdem die Gruppen eine Strecke von rund 5,5 Kilometer hinter sich gebracht haben, gab bei Charlie als Belohnung ein gutes Suppe und etwas zum Grill. Denselben Tag war dann noch der Second-Hand-Markt von der Lesch League am Centre Culturel. Die Lesch League ist eine Association, wo schwangere Frauen und Mammen während der Zeit, wo sie stillen, betreut. Er war nicht ganz viel Zulauf, hat noch nicht ganz viel Reklam für das Evenement gesehen. Ich meine, du hast an der Kommunikation nicht von der Gemeinde hier, sondern von der Association hier ein bisschen etwas schief gelaufen. Den 22. April war die Generalversammlung von der Natur- und Geschichtsfreunde Irwischte Seeder. Gestern, 23. April, war dann die Informationsversammlung mit den Anwohnern von der Rue de la Sire, wo wir dann die Modifikationen, die wir wollen am PHG machen, für eben an der Rue de la Sire bei den Reihen und Doppelhäusern gewissen Transformationen und Ausbau zu autorisieren. Wir haben hier Probleme, dass dann das Reglement vom Quartier existant nicht richtig passt. Da haben wir ja am Gemeinderat und mit der Baukommission in einer Arbeitssitzung diskutiert und die Ideen zusammen von der Donau hat auch die Baukommission, soviel ich weiß, wenn es noch 2 Seancen nach der geschafft haben, oder vielleicht 3. Und die Proposition haben wir den Anwohner präsentiert. Wir haben von den Leuten, die als Retour gehen, haben merci gesagt für die Informationen und dass das klar wir an irgendwelche Beanstandungen und Reklamationen haben wir bislang auf jeden Fall nicht gekriegt. Wir haben natürlich auch den Leuten erzählt, wie die Prozedur ist und dass auch von den Gemeinderat bis heute darüber decidiert hat, auch noch immer die Möglichkeit tun, auch dann noch eine Reklamation zu machen.
Heute Morgen war dann noch die Gliedersammlung von der Association Aide aux Enfants Handicapés et Défavorisés de Luxembourg. Und lo kommen wir dann zu dem, was am nächsten Programm steht. Mur als Palva 6, eine Talentshow von der Maison Relais am Centre Culturel. Das ist die erst nicht öffentlich. Da sind die Leute invitiert von der Maison Relais, die Eltern an die sie wollten invitieren. Das ist Samstag organisiert amikal von der Pomschen, von Minz Beschötter, hier in alljährischen Abend Wine and Dine, auch am Centre Culturel. Da gibt es Fleischtaler, Kästaler an gemischten Taleren serviert. Der nächste Mai ist dann ein Ritsch Vereiner, wo den Dachwerten aktiv sind, an hier Mekrans an der Bösch machen gehen, an Dono, wie der traditionell so ist, am Dorf bei Kaffee fuhren, an bei hier Leuten dann auch fuhren. Neben der Letzebäuer, also neben der Letzebäuer geht nach Scouten, hier traditionell echt Maifeier Neuheißen. Den 2. Mai ist von 13 bis 15 Uhr am Centre Culturel Workshop vom SIAS. An den heißt, wie lege ich eine Bodennisthilfe an. Den 3. Mai organisiert Schötter Jugendhaus von 14 bis 12 Uhr eine Konferenz beim Thema Gesundheitsbildung 2.0, Männer und junge Gesundheit am digitalen Zeitalter auch am Centre Culturel. Der 6. Mai ist dann eine Check-Überreichung vom Personal, von der Gemeinde und 2 Assoziationen. Das ist die Fondation Wunschster und noch die Association Action pour un Monde Uni, die da jeweils einen Scheck für 750 € überreicht kriegen. Der 7. Mai ist dann um 19 Uhr am Centre Culturel eine Informationsversammlung mit den Vereinen über das neue SPL-Gesetz. Und da ist Madame Vanessa Gentil von der Etude Felten als noch so sehr wert, für das Gesetz vorzustellen und dort frohen, dann auch Antworten können zu geben. Ich meine, dass bei den Vereinen viel frohe sind, wie das zu verstehen, dass man im neuen SPL-Gesetz für allem, was für Konditionen dann muss erfüllen für ein Gesetz dann auch richtig zu stehen. Den 8. Mai feiern wir dann zusammen am Gemeinderat an den Präsidenten und Sekretär von den Kommissionen den Europadach am Sitzungssaal. Den 9. Mai ist ein doppelter Feiertag, Europadach an Christi Himmelfahrt, Sportskommission und zusammen habe ich mit der Gemeinde Schötter invitieren ob als diesjährige Marche Gourmand. Das ist eine kulinarische Trippeltour von ungefähr 12,3 Kilometer. Zieht sich über den markierten Parcours mit am ganzen 5 Etappen. Es ist also viel Frenapps dabei. Start und Ziel sind am Centre Culturel zu Minzbusch und die Leute können sich noch bis zum 30. April über den Site von der Gemeinde ummelden. Und das ist auch noch der Grund, für was man feierlich geht zum Europadach mit dem Gemeinderat 4 Uhr machen. Dann hat jeder die Möglichkeit, auch dort zu gehen. Und wir steuern dort die Organisation von dem Evenement eben Männer. Den 11. Mai ist dann nächste Schritt am März mit einer weiteren Edition vom Week Grenier. Die Leute, die nächst wollen Stand machen, sie gebeten sich bis 1. Mai bei unserem Service Relation Publique anzumelden. Dann organisiert die Kulturkommission das Eurobac-Konkurs am Kader von den Fairtrade-Wochen, die vom 1. bis zum 14. Mai sind, sollen Partizipanten dann noch mindestens ein Fairtrade-Produkt beim Backen benutzen. Den Fairtrade-Komitee möchte dann noch einen Stand, wie man da doch schon die Jahre für Drogen gemacht haben, und will den Leuten dann noch Fairtrade-Produkte und alles, was da geht, mitbringen. Voilà, den Allies von der Aktion vom Kuchbacken, die geht dann noch und die Association Blötz SPL gespannt. Derselben Tag organisiert ein Pöttangsclub ab morgens 10 Uhr ein Tournoi auf den Pöttangsterrain bei der Alaminzper Schule. Sonntag, den 12. Mai, organisierte SIAS dann die 2. Edition vom regionalen Klima- und Biodiversitätstag am Ressourcencenter zu Minzbusch. Ab 10 Uhr morgens kriegen wir den ganzen Tag über interaktiv Stern, Workshop-Spieler, Live-Verträge von Experten auf vieles mehr geboten. Samstag, den 18. Mai, sowie auch Sonntag, den 19. Mai, ist dann die 10. Edition vom großen Celtic Festival Biltein und Neuheißen. Hier können die Leute während 2 Tagen diese flotten, gut gefüllte Programm suivieren. Da sind als Präsentation vom keltischen Leben, Live-Musik, Feiershow, Verkaufsstände und noch vieles mehr. Den Entrée für die Anwohner von Schötter, und ich meine, das ist wichtig als frei, weil die Gemeinde Schötter auch das Evenement finanziell unterstützt. Dann hat Schötter Musik zusammen mit den Jungbläser Samstag, den 18. Mai, ein grosses Gala-Konzert am Kulturcenter zu Minzbusch. Unter der Direktion von Leroy van Devenet werden die Leute ab 20 Uhr mit einem flotten und aufwärtsreichen Programm bestens in der Halle gehen. Motto von diesem Gala ist von Klassik bis Swing. Morgen Donnerstag, den 25. April, ist eine Reunion vom Komitee vom SIAS, hier an diesem Saal um 17 Uhr.
Dann war letzten Montag eine Reunion vom SIVA, das so dann den Komitee für regionale Zusammenarbeit am Kader vom Quellenschutz. Und dort Tom Schaul vom Umweltministerium eine Anleitung gemacht über das Quellenschutzgebiet, oder so am SIVA auch die neue Vertreter genannt gehen von den Gemeinden. Dafür war das wichtig, denke, darauf anzugehen und das dann noch ein bisschen am nationalen Kontext zu sehen. Außerdem hat auch Brigitte Lambert von der Wasserverwaltung einen Vortrag gehalten über das neue Wasserschutzgesetz. Und hauptsächlich, wo es um die Risiken geht, die müssen geriert gehen. Stichwort das heute Water Safety Plan. Dann hat die Animatrice Fabienne Bieus dann ein Resümee gemacht von den umgesetzten Mesuren am letzten Jahr noch, von den Mesuren, die dann 2024 sollen angefangen gehen oder umgesetzt gehen. Und auch die Finanzierung war natürlich wie immer ein Thema. Dann hatten wir letzten Donnerstag, 18. Mai, eine Reunion, wo die Chefräte von den 5 Membersgemeinden vom CGR mit dem Conseil d'Administration, dem Büro vom CGR zusammengekommen ist. Da ist es darum gegangen, das hat mir heute an unserer Deliberation noch festgehalten und wie wir halt Konvention gestimmt haben, das muss über den Finanzierungsmodell diskutiert gehen, an ein anderes Finanzierungsmodell muss abgestaltet gehen, und ich meine, dass das nur die Gespräche, die wir da hatten, eventuell in die richtige Richtung können gehen. Und wir haben noch den 4. Juni schon eine nächste Reunion zur Summe festgehalten, für dann zu gucken, wo wir da drüben sind. Ich meine, als Doléances sind von den anderen Gemeinden zum Teil auch gut mit unterstützt gehen, sodass wir da vieles erwarten. Und dann soll auch eine Statutenänderung kommen, für das auch die Gemeinden da nicht mehr fest verankert sind am Funktionament von der SPL. Das waren die Diskussionen von uns rund um das, war dann noch der Jean-Marie Do als Vertreter von der Gemeinde am Büro und Nora war auch da, war auch am Büro ist. Voilà, dann nochmal Korea gekriegt von der Minister Shuriko Wackes, da geht es um Data Brück, ne? Also der Anfang ist dann der Brief vom Direktor vom Roland Fox. Und mir hat ja ein Minister geschrieben, wo er sieht, dass die historische Brück, die auf der Seite liegt, nicht restauriert wird. Das ist technisch nicht machbar oder bringt es nicht. Also auf jeden Fall noch approfondierten Analysen, wo sie Decision geholt sie dann nicht zu renovieren. Wir werden dann eine neue Brück, da kriegen die Projekte dann ausgeschafft. Was ein bisschen die historische Valorisation geht, da werden Branchen dann noch was zurückkommen, für dass wir da dann ein Projekt ausschaffen. Ich weiß nicht, eine Tafel hinsetzen mit Informationen und so weiter, wie das ausgesagt. Das wird irgendwie in die Richtung gehen. Aber dann wissen wir Bescheid, dass auf jeden Fall die Aalbrück da nicht mehr zurückkommt. Voilà, das war von meiner Seite zum Anlauf. Dann kommen wir zu unserem Mode du Jour. Ja. Schon eng froh, ich wollte wissen, wie war in Europa der den 8. gefeiert gött, was ja auf Europa der aus den 9. An den 9. ist ja auch frei, und den 8. sind aber vielleicht Leute, die nicht schaffen. Voilà, wollte ich froh, was da der Grund ist. Merci. Die Frau ist berechtigt, mich hat gesagt, wir machen das, weil der 9. Marsch gourmand ist, für das da jeder kann mitgehen und man Notlauf nicht steuern und Konsalien, dann müssen immer einer kommen. Man hat ja gerne dazu immer gesagt, wir machen das dann um 4 Uhr, da geht das besser lernen. Ja. Nach einem Freude zu der Marsch gourmand, ich wäre froh, die gegen die Kommission vielleicht dann noch ins Herz lehnen, dass auch immer eine vegetarische Variante dabei ist, weil da war auch kein dabei. Und, ich fand das Mist, ja, zumal auch von den Green Event, dass du auch dann gefreut, dass man eine vegetarische Variante dabei ist. Merci. Gut, wir gehen das mal auf den Weg. Merci für die Remarque. Voilà, dann kommen wir zu unserem Mot du Jour. Den Wort geht heute und Nora Ruggiarini. Und dann hat Jules Sauber, den Lotz Moldova, das geht eine Prokuration gehen und das Herrstein. Voilà, da kommen wir zu unserem nächsten Punkt, Facility Management. Ich meine, wir hatten das gesagt, wir geben immer regelmäßig informieren und transparent schaffen. Und dafür bin ich froh, dass Herren Nabalkowski, Willems am März sind von der Firma Paul Warner Fils, die ja für uns das Facility Management gerieren, mit denen wir einen Kontrakt haben, mit denen wir schon lange zusammen schaffen. Und ich meine, das kein Posten, denen am Budget überseid, dass da aber auch viel dafür geschafft wird und dass wir ganz gut abgestaltet sind. Da kriegen wir auch immer
zu hören von Partnern, wo wir zusammen schaffen, dass Gemeinde Schötter aber an dem Bereich Facility Management, auch noch Digitalisation, auch noch Monitoring ganz gut NRW als an dafür wat man davon also so kreen. Ich meine, das kann keiner besser dann erklären auf 4 Stellen, wie sie selber an dafür kriegen sie dann fort. Herr Willems, merci. Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Herr Willems. Ich bin der zuständige Projektleiter von der Firma Paul Wagner FIS und ich betreue die Gemeinde jetzt seit Anfang an, seitdem ihr das Facility Management bei uns beauftragt habt. Wie gerade schon gesagt, spätestens einmal im Jahr treffen wir uns mit der Gemeinde und besprechen die bis dahin absolvierten Arbeitsergebnisse. Und ich würde gerne die Chance heute nutzen, dem ganzen Gemeinderat das einmal mit einer kurzen PowerPoint-Präsentation zu zeigen, dass man einfach mal sieht, was machen wir eigentlich alles. Also einleitend, nur ganz kurz, einfach mal ganz Paul Wagner FIS vorstellen. Für die meisten Leute, die irgendwie was mal mit Bauen, Technik und Elektrik zu tun hat, ist das ein Begriff. Aber Paul Wagner FIS ist tatsächlich viel mehr als nur ein Elektroinstallationsunternehmen. Die verschiedenen Kacheln zeigen unsere Tätigkeitsfelder, auch wenn wir jetzt hier in der Gemeinde Schüttringen überwiegend für den Bereich Facility Management beauftragt sind. Ja? Grobe Skizze über das, was wir einen Auftrag haben. Wir verwalten mittlerweile von euch 43 Gebäude mit rund 27.000 Quadratmeter Grundfläche. Das sind kleinere Gebäude, Mietshäuser, die ihr vermietet, wo wir dann einmal im Jahr beispielsweise nach einer Heizung schauen oder auch mal bei Störungen eingreifen, um die zu entstören. Es sind aber auch die größeren Gebäude, die Zweckbauten, beispielsweise das Gebäude hier oder am Schulcampus. Wir erbringen für euch das komplette technische Gebäudemanagement. Das bedeutet, sämtliche Technik, die im Gebäude verbaut ist, vom Licht über Heizung bis Sicherheitstechnik, wird durch uns verantwortet, betrieben, gewartet, instand gesetzt, wenn es sein muss, oder vielleicht auch modernisiert oder ergänzt. Daraus leitet sich auch die Betreiberverantwortung ab. Das heißt, ihr habt uns auch die Verantwortung über diese Anlagen übertragen. Gerade in sicherheitsrelevanten Bereichen ist das ein Thema. Die Brandmeldeanlage, Gaswarnanlage etc., die muss gewissen Kriterien entsprechen und wir sind dafür verantwortlich, dass das auch eingehalten wird. Daneben betreiben wir auch ein aktives Ticketsystem bei der Anzahl der Gebäude und der Anzahl der Nutzer, gerade auch im Schulbereich, ist es klar, da ist immer mal irgendwie ein kleinerer Defekt, eine Störung oder ein Änderungswunsch, den wir aktiv mit einem Ticketsystem beantworten. Das heißt, die berechtigten Nutzer können übers Internet, übers Handy ein Ticket aufgeben, die Störung formulieren und wir können dann entsprechend der Priorisierung dann drauf antworten. Und wenn man sich über die ganze Technik schon Gedanken macht, wenn man die Wartungen vorantreibt, entstehen natürlich auch jede Menge Daten rund um solche Anlagen. Diese Daten müssen gepflegt werden. Ja, wenn man beispielsweise eine Heizungsanlage neu einstellt, im Energieverbrauch versucht zu optimieren, dass solche Messprotokolle, Diagramme oder auch Berechnungen, dass das auch nicht irgendwo, verloren geht. Auch dafür sorgen wir, dass diese Stammdaten aktuell gehalten werden und auch nicht nur von uns, sondern auch von Gemeindeseite jederzeit eingesehen werden können. Und ein ganz großer Part und auch immer wichtig werdender ist das Energiemanagement oder Energiemonitoring. Wir unterstützen die Gemeinde aktiv dabei, die Verbräuche in den verschiedenen Gebäuden zu erfassen und auszuwerten und auch in Zusammenarbeit mit eurem technischen Service gegebenenfalls Maßnahmen zu erarbeiten. Was können wir tun, um beispielsweise den Wasserverbrauch in den Griff zu bekommen, Gasverbräuche zu reduzieren etc. Das steckt so dahinter und das ist auch das, was ich in dieser Präsentation gleich noch ein bisschen zeigen möchte. Einfach mal ein paar Kennwerte für das Berichtsjahr 22/23. Wir haben in diesem Jahr 4.991 unterschiedliche Aufgaben für die Gemeinde erbracht.
Da sind Aufgaben dabei von einem Zähler ablesen bis zur der Wartung einer Heizungsanlage. Das ist die Begleitung der periodischen Kontrolle bis ein Austausch von irgendwelchen Filtern etc. Das kommen wir also auf insgesamt 4.991 Aufgaben. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmal eine Steigerung um 6%. Was auch damit zu erklären ist, dass nochmal ein paar Häuser dazu kamen, ein paar Mietshäuser dazu kamen. In Arbeitszeit bedeutet das, dass wir 5.186 Arbeitsstunden verteilt auf unsere verschiedenen Bereiche für die Gemeinde aufgewendet haben. Wir haben, gerade auch was Betreiberverantwortung und Betriebssicherheit angeht, insgesamt 156 periodische Kontrollen durchgeführt. Das sind die Kontrollen, die mit unabhängigen Kontrollbüros, in dem Fall ist das Kontrollbüro Secolux, die Einhaltung gesetzlicher Normen, Vorschriften und Sicherheitsaspekte auch wirklich unabhängig und neutral prüft. Ja, und wie gesagt, mittlerweile sind wir auf 27.100 Quadratmeter. Das ist schon eine ganze Menge. Um es ein bisschen zu präzisieren, was haben wir eigentlich, was versteht man unter Wartung, was wird da gemacht, habe ich mal so die allerwichtigsten Sachen aufgezählt. Beispielsweise die Wartung sämtlicher Heizungsanlagen in allen Gebäuden inklusive dem Nahwärmenetz auf dem Schulcampus. Das heißt, alle Heizungen wurden entsprechend verbrauchsgerecht gewartet. Das geht meistens nach Betriebsstunden, da werden Verschleißteile getauscht, sodass auch möglichst wenig oder gar kein Ausfall erfolgt und auch die Anlagen in dem richtigen Verbrauch geführt werden, also dass sie nicht unnötig viel Gas verbrauchen etc. Dann haben wir sämtliche in der Gemeinde verbauten Sanitäranlagen gewartet, kontrolliert. Das ist vom Wasserhahn über eine Enthärtungsanlage, von den Duschen im Fußball bis WC-Anlagen, da ist einfach alles dabei. Auch da stellen wir sicher, dass auch Hygienespülungen beispielsweise in der Sporthalle etc. funktionieren, dass es nicht zu Legionellen- und Bakterienbildung im Trinkwasser kommt und so weiter. Wir haben die Aufzugsanlagen gewartet. Es gibt in Luxemburg die Vorschrift, dass die 11-mal im Jahr gewartet werden müssen, jeder Aufzug, und einmal im Jahr durch eine periodische Kontrolle die Sicherheit geprüft werden muss. Die Telefone müssen funktionieren. Da gab es jetzt auch ein paar Änderungen in der Infrastruktur, dass Telefone auch weiterhin trotz Analogleitungsabschaltung weiterhin funktionieren. Auch da haben wir ein Auge drauf, dass also das auch jederzeit gewährleistet ist, dass wenn mal ein Aufzug stecken bleibt, da auch jederzeit Hilfe gerufen werden kann. Im Bereich der Sicherheitswartung haben wir sämtliche Brandmeldeanlagen in den unterschiedlichsten Gebäuden gewartet. Das sind mehr als 800 Rauchmelder, mehrere Zentralen, die auch mittlerweile alle untereinander vernetzt sind oder ein Großteil untereinander vernetzt sind. Was Alarmierung angeht, haben wir auch da der Analogabschaltung von Telefonleitungen, haben wir da auch Rechnung getragen, dass da auch im Bedarfsfall die Feuerwehr alarmiert werden kann. Und wir haben auch die Anlagen bedienbar gemacht, komme ich in einem späteren Punkt noch drauf. Periodische Kontrollen, hatte ich schon gesagt, wie gesagt, weit über 150, 156 genau Kontrollen waren das. Die Herausforderung bei Gebäuden der Gemeinde ist, dass es verschiedene Reglements gibt, einmal nach ITM und einmal nach SNSFP. Da gibt es unterschiedliche Ansprüche, auch da immer in direkter Zusammenarbeit mit den Kontrollbüros und natürlich daraus abgeleitet auch Verbesserungsvorschläge der Kontrollbüros direkt versucht umzusetzen. Das sind so die Hauptmeilensteine, die wir so das Jahr über im Rahmen der Wartung Ihnen erbringen. Einige würde ich gerne im Detail mal ansprechen, weil sie auch, wie gesagt, relativ wichtig sind und auch immer wichtiger werden, beispielsweise das Energiemonitoring. Da kann ich also sagen, dass, wie der Bürgermeister eben gesagt hat, da seid ihr echt ganz weit vorne im Vergleich zu anderen Gemeinden. Was euer Energiemonitoring betrifft, wie viel Zähler ihr auswertet, wie ihr die Zähler auswertet, wie ihr aus diesen Systemen heraus auch das Reporting an den Staat über den Herrn Fließ auch bewerkstelligt. Auch die Arbeitssitzungen, die sind da immer relativ umfangreich. Also das ist echt schon auf hohem Niveau. Und das
fängt an, dass wir wirklich die Werte einfach erstmal erfassen, dann stellen wir sie visuell dar, dass sie also nicht nur irgendwelche monetären Werte sind, sondern irgendwelche Grafiken, die auch wirklich dann prägnant etwas aussagen, und daraus folgt dann die Auswertung. Das heißt, okay, ist der Wert jetzt gut, schlecht, wie ist das Benchmark auch mit anderen Gebäuden, vielleicht sogar aus anderen Gemeinden, wenn das öffentliche Gebäude sind, wo man vergleichen kann, dass man auch daraus Maßnahmen ableiten kann. Ich würde gerne einfach nur mal ganz schnell in dieses System reinspringen, dass man auch einfach mal ein Bild davon hat, wie sieht sowas aus. Ich schiebe es mal zu Ihnen rüber. So. Da ist das Energiemanagement. Da sehen Sie also, wir haben Ihnen da auch, wie gesagt, auch wieder für Sie als Anwender, der auch regelmäßig draufschaut, sei es der Herr Schummer oder der Herr Flies oder der Herr Bacciotti, haben wir Ihnen da wirklich einfach mal eine prägnante Einstiegsseite zusammengestellt, wo einfach auch die verschiedenen Medien, die wir erfassen, ich sage jetzt mal, gemeindeweit dargestellt wird. Wir sehen also hier Energieverbräuche, in dem Fall ist es Strom, immer auch im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen also, dass die Balken, die schwarzen Balken beispielsweise hier, die bauen sich im Verhältnis zu den roten Balken schon weniger ausgeprägt auf. Das bedeutet, wir sind im Moment im Energieverbrauch niedriger über alle Gebäude hinweg. Wir haben auch Tortendiagramme. Wir können dann sagen, okay, auf welchem Gebäude ist denn jetzt der größte Stromverbrauch und warum, könnten wir dann sagen, also könnten eine Maßnahme ableiten, warum es dann so ist. Wir rechnen das beispielsweise auch in CO2 um, weil das auch politisch halt noch mehr ein Thema ist als jetzt sagen wir mal die reine Energie. Das machen wir für alle Medien, also für Gas, wir machen das für Wasser, wir machen das für Wärme auf dem Campus, und wie gesagt, auch da ist unser Anspruch, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, das ist der Benchmark-Punkt zum identischen Zeitraum des Vorjahrs. Das heißt, zum Vorjahr waren wir, ohne den Wert jetzt zu sehen, ja, steht auch da, aber ohne den Wert zu sehen, sehen wir, dass wir dieses Jahr schon leicht drunter sind. Ja, obwohl der Januar dieses Jahr wesentlich kälter war, was man auch im Verbrauch im Januar noch sieht, da ist der Verbrauch im Januar echt ein bisschen höher gewesen. Aber wie gesagt, wir versuchen die Anlagen auch möglichst so zu betreiben, dass wir dann die Energie auch möglichst regenerativ erzeugen. Wir werten also zum Beispiel den Campus auch aus, wie viel der Energie ist denn jetzt aus Gas, das wäre das gelbe Tortenstück, oder wie viel ist denn jetzt aus Holz erzeugt worden. Und unser Anspruch ist eigentlich immer so eine Quote von 70–75% zu erreichen, die wir wirklich aus Holz erzeugen. Ja, wir zeigen dann auch, recht einfach aufgebaut, die Wärmemenge wird auf dem Campus in 2 Wärmemengen erzeugt, also in einer Holzheizung, Gasheizung wird die Wärme erzeugt, und dann können wir auch sagen, in welchem Gebäude verteilt sich die Energie für beispielsweise Heizung oder auch Wasser, also welches Gebäude hat denn da jetzt welchen Bedarf. Solche Sachen machen wir, genauso wie wir auch im Wasserverbrauch nicht nur sagen, okay, wie ist der Wasserverbrauch, sondern wir haben auch auf dem Campus Regenwassernutzungsanlagen, also Zisternen, wo wir das Regenwasser auffangen. Auch da versuchen wir, das zu optimieren, dass auch das Regenwasser möglichst effizient genutzt wird. Und sollte das mal nicht der Fall sein, versuchen wir dann auch Maßnahmen zu ergründen, warum das so ist. Ja. Das machen wir, wie gesagt, global. Wir gehen aber auch da bis, wenn es denn gewünscht ist, bis auf den einzelnen individuellen Zähler, den einzelnen Stromzähler beispielsweise hier auf dem Campus, den wir dann sagen, okay, das ist jetzt der Stromzähler Gebäude 1, Maison Relais Campus, wie ist denn da jetzt der Stromverbrauch und warum ist der vielleicht höher oder niedriger und so weiter. Also das heißt, wir können das Tool einmal global nutzen und auch wirklich sehr stark ins Detail damit gehen. Ja. Auch da Alarme generiert, das heißt, wenn wir da höhere Abweichungen haben, werden wir, also da guckt nicht irgendwann mal in einem Jahr einer rein und sagt, ach Mist, sondern auch da werden wir aktiv darauf hingewiesen über Alarmmeldungen, Achtung, da ist der Verbrauch zu hoch, kümmere dich drum, schau mal nach, ist da irgendwas kaputt und so weiter. Das ist also ein wesentlicher Part des Energiemonitoring-Management, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit dem Herrn Flies und dem Herrn Schummer. Dann ein großer Part Betreiberverantwortung. Auch da, das machen wir nicht einfach so, wie uns gerade das in den Sinn kommt. Wenn es notwendig ist, arbeiten wir da beispielsweise mit Trinkwasserlaboren zusammen. Das heißt, auch jetzt hier vor kurzem, wir nehmen dann Proben an Wasserhähnen, lassen die in Laboren beproben. Ist die Qualität des Trinkwassers, ist das genießbar oder geht da irgendwelche Gefahr von aus?
Genauso auch die Aufzugswartung, das macht ein Dienstleister für uns. Auch da, das wird sauber dokumentiert, protokolliert, genau wie Notlicht- oder Gaswarnanlagen. Da wird dann mit speziellen Prüfgasen oder speziellen Messgeräten werden die Anlagen halt nach Vorschrift geprüft. Ja, ein großer Part, die periodischen Kontrollen, damit wollte ich mal andeuten, 156 Kontrollen heißt auch 156 Berichte, die im Anschluss auch ausgewertet werden, mit verschiedenen Fristsetzungen, je nachdem, was aufgefallen ist, müssen dann auch Hinweise in verschiedenen Tagen abgearbeitet werden, sodass auch die Sicherheit da immer gewährleistet ist. Auch die werden nicht nur gemacht und abgelegt, sondern die werden natürlich auch von uns dann entsprechend ausgewertet, bearbeitet und mit dem technischen Dienst zusammen einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um da auch Rechtssicherheit zu haben. Diese Dokumente legen wir nicht in irgendwelche Papierordner ab, sondern wir haben ein digitales System dafür. Ich sehe den Monitor da nicht. Einen Moment. Das ist der Hausmanager, der heißt so. Es ist ein cloud-basiertes System, auf den haben halt wir, aber auch Mitarbeiter des technischen Dienstes Zugriff drauf. Da ist im Prinzip die Gemeinde mit ihren Gebäuden und mit ihren Technikern einmal komplett digital abgebildet, mit letztendlich jeder Anlage, die wir auch warten. Wenn wir also jetzt hier beispielhaft mal auf den Campus, keine Ahnung, auf die Sporthalle gehen, da sehen wir also sämtliche Anlagen nach Norm strukturiert, aufgegliedert, und wir können da uns eine Anlage von, wenn man so will, von Anschaffung über Betrieb bis außer Betriebssetzung anschauen, was Wartung angeht, was die technische Dokumentation angeht, was auch Störungsbeseitigung angeht. Das heißt, wir bilden das alles auch rechtssicher ab, und das jetzt hier bereits seit mehreren Jahren. Über dieses System läuft auch das Ticketsystem. Darüber hinaus die letzten 2 Jahre ein größeres Thema, was auch noch nicht so komplett abgeschlossen ist, aber schon sehr weit vorangeschritten ist. Wir haben gerade auch den Gebäudenutzern, also Concierge, technischer Dienst, auch die Möglichkeit gegeben, die modernsten Techniken, die ihr im Gebäude zum Teil auch von Anfang an hattet, auch vernünftig zu bedienen. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, dass ihr beispielsweise, so einfach das klingt, mit einem Smartphone auf dem Campus in einem bestimmten Klassensaal das Licht an, auszumachen oder zu dimmen oder die Heizung entsprechend zu steuern oder auch die Brandmeldeanlage zu bedienen. Das Ganze haben wir mittlerweile über den Campus hinaus bis auf den Fußballplatz auch ausdehnen können. Das heißt, es wachsen immer mehr Gebäude steuerungstechnisch zusammen, sodass wir auch da eine ansprechende und vor allen Dingen auch einfache Bedienung haben. Das ist das, was ich eben mit den Brandmeldeanlagen gesagt habe. Wir haben also quasi die Brandmeldeanlagen über dieses System bedienbar gemacht, nicht nur für technisches Fachpersonal, sondern auch für die Concierge, wenn die zum Beispiel mal sagen, wir haben eine Veranstaltung auf dem Campus und wir müssen mal einen Rauchmelder abschalten, weil da jetzt eine Fritteuse steht oder irgendwie sowas, dass sie da nicht irgendwie einen anderen technischen Dienstleister kommen müssen, das können die also mittlerweile selber. Auch da gehe ich einfach mal ganz schnell drüber. Das System heißt Eisbär. Der eine oder andere von Ihnen hat es wahrscheinlich immer mal wieder im Gemeinderat gehört als Begriff. Es ist im Browser bedienbar, wie ich es jetzt mache. Es ist auf Smartphone bedienbar. Es gibt Windows-Software dafür. Es ist also damit sehr flexibel nutzbar. Jetzt, Gott sei Dank, hier in dem weißen Feld ist ein Störmeldemanager, da laufen also aktiv anstehende Alarme und Störmeldungen auf, die beispielsweise für die Concierge oder von uns für relevant sind. Das kann sein, dass es ein Feueralarm ist, es kann sein, dass eine Notrufanlage von einem Behinderten-WC gezogen wurde und dass auch entsprechend agiert werden muss. Das würde da chronologisch als Eintrag erscheinen. Aktuell steht nichts drin, das bedeutet, wir haben da aktuell keine Störungen oder irgendwelche Anlagenzustände, die nicht gewünscht sind. Wir können hier mit einem Klick auf den Campus gehen, und so wie wir jetzt mit dem einen Klick auf den Campus gegangen sind, könnten wir hier auch in die jeweiligen Gebäude gehen, beispielsweise ins Gebäude 5, und wir sehen jetzt in Echtzeit, was in Gebäude 5 in der Sporthalle gerade los ist. Wir sehen also, wo ist das Licht an, das bedeutet die Felder, die gelb animiert sind, da ist gerade Licht an, die Felder, die gerade weiß sind, da ist das Licht gerade aus.
Wir sehen auf den ersten Blick, darf das Licht an sein? Hier diese kleinen viereckigen Symbole, das sind Bewegungsmelder. Wir können also als Hausmeister jetzt schon sagen, ja, das Licht soll an sein, denn die Bewegungsmelder haben wohl Bewegung erkannt, das ist richtig. Wenn das nicht richtig wäre, könnte ich jetzt hier mit einem Klick auch sagen, machen wir das Licht eben aus. Das vereinfacht halt auch die Schließrunden abends, wenn der Letzte den Campus verlassen hat, dass man auch wirklich sagen kann, ey, wo brennt eigentlich noch Licht, wo muss ich noch hin, wo ist vielleicht auch noch eine Klassentür, ein Fenster offen etc. Das kann ich halt da relativ gut mit einem Klick sehen. Das Ganze natürlich auch für jede Etage und das ist analog für jedes Gebäude so gemacht worden, auch für den Tennis. Wir können also die Tennisplatzbeleuchtung ein- oder auch ausschalten oder auch dimmen, je nachdem, wie das gewünscht ist. Wir haben auch noch hier beispielsweise die Möglichkeit, steuernd auf die Heizungsanlagen in der Grundschule einzugreifen. Wir sehen also auch gerade, wie sind da die Systemtemperaturen, läuft die Heizung innerhalb von gewünschten Werten, ist zu warm, zu kalt, ist eine Pumpe ausgefallen oder auch nicht. Wir können auch aktiv auf die einzelnen Heizkreise einwirken. Wenn wir zum Beispiel die Meldung bekommen, ist ein bisschen kalt, dann können wir auch hier Heizkurven direkt anpassen, sodass auch im Gebäude da entsprechend die Reaktion zu erwarten ist, dass dann wärmer oder kälter wird. Ja, wie schon gesagt, das haben wir nicht nur für den Campus, das haben wir auch hier oben für die Gebäude, für die ganzen Brandmeldeanlagen. Sie sehen also jetzt hier, jetzt bin ich mal auf so einer Brandmeldeanlage jetzt in der Mairie. Ich könnte jetzt einen Rauchmelder ein- und ausschalten. Ich bekäme also dann auch Meldung darüber, wenn ein Rauchmelder ausgelöst hat und so weiter. Das ist also ein Projekt, das lebt, das wächst halt auch mit den individuellen Anforderungen im Gebäude. Speziell im Gebäude 10, beziehungsweise auch die Farbsteuerung des Campus, da haben wir ja so eine Effektbeleuchtung, wenn dann, das war das Weltkindertag, wo alles in Blau geleuchtet hat und sowas. Das ist alles damit integriert. Wir können da also auch für den Nationalfeiertag die Luxemburger Farben in der Beleuchtung, wir können das durchlaufen lassen, wir können Standbilder generieren, dass das eine Gebäude blau leuchtet, das andere weiß und so weiter. Das ist also alles relativ einfach möglich. Daneben beraten wir natürlich auch immer wieder die Gemeinde, wenn irgendwelche Projekte anstehen. Beispielsweise ein größeres Projekt war der hydraulische Abgleich der Heizungsanlagen im Zusammenhang mit dem Wunsch, weniger Gas zu verbrauchen. Wegen der Ukraine-Krise kam das damals auf. Dann haben wir Beratungen, Berechnungen angestellt und das ist dann auch zu einem umgesetzten Projekt geworden. Der hydraulische Abgleich, genauso wie auch die Unterstützung bei der Modernisierung der Zutrittskontrolle. Der Campus wurde da mit einem von euch bereitgestellten Schließsystem ausgestattet. Wir haben dann die Concierges entsprechend unterstützt, um die Anlagen auch Stück für Stück in Betrieb zu nehmen. Das ist jetzt, Sie haben dann wahrscheinlich auch alle diesen neuen Salto-Badge bekommen. Also das ist das, wovon ich rede, wenn Sie vor der Tür so batchen müssen, dass die Türen aufgehen. Da haben wir halt mitgeholfen, mit unterstützt. Genauso wie wir Beleuchtungsanlagen modernisieren mussten, zum Teil mussten wir das wirklich, weil nicht nur das EU-Leuchtmittelverbot einen dazu gezwungen hat, zum Teil waren einfach die Lampen auch im Energieverbrauch recht hoch und die Ersatzteile waren auch einfach nicht mehr gewährleistet. Und parallel dazu natürlich auch ständig den Ausbau der Sicherheit, wie jetzt schon ein-, zweimal gesagt, das Abarbeiten beispielsweise der Hinweise aus den Kontrollbüros. Da gibt es auch immer mal Änderungen. Das Gebäude ist schon 10, 20 Jahre alt und dann ändert sich mal eine Norm. Die eine oder andere Norm muss auch dann umgesetzt werden. Und da sind wir halt unterstützend tätig gewesen. In dem Zusammenhang dachte ich auch, wäre es mal nicht verkehrt, auch mal so einen Ausblick zu geben, was noch zukünftige Herausforderungen sind, die einfach eigentlich auf alle Gemeinden zukommt und auch auf die Gemeinde Schüttringen. Das wäre beispielsweise der Wunsch vieler Gemeinden, auf regenerative Energien zu verzichten, auf fossile Energien zu verzichten und auf regenerative Energien zu setzen. Das heißt, Wärmepumpen etc. ist da so das Schlagwort, PV-Anlagen ist das Schlagwort. Und da sind wir natürlich auch beratend und unterstützend, auch bereits vor Beginn oder vor Präzisierung von irgendwelchen Projekten unterstützend tätig. Genauso wie der Wunsch nach mehr Sicherheit mit Einbruchmeldeanlagen. Auch da beraten wir.
Wir arbeiten auch zusammen, wenn gewünscht, Konzepte aus, um das Leuchtmittelverbot der EU abzufangen. Das ist nicht ganz ohne. Also zum Beispiel diese Leuchtstoffröhren, die sind mittlerweile, die kriegen sie im Handel nicht mehr. Die sind seit August, werden sie einfach nicht mehr verkauft. Sie kriegen noch ein paar Restbestände mit viel Glück. Aber auch da kommt einiges auf die Gebäudebesitzer zu. Das ist halt EU-weit. Ja, und genauso dieser kontinuierliche Prozess in Zusammenarbeit, wie gesagt, mit dem Herrn Schummer und dem Herrn Fließ. Das ist das Tagesgeschäft, wenn irgendetwas ansteht, dass wir da beratend tätig sind. Dann würde ich gerne noch 2, 3 Projekte einfach mal zeigen, die ich eben einfach mal so erwähnt hatte, wie beispielsweise der hydraulische Abgleich. Was stellt man sich denn da vor? Da sehen Sie auf der linken Seite, wo so, ja, neben dem Schaltschrank oben links das erste Bild, das ist ein Heizkreisverteiler, den haben wir komplett modernisiert, neue energiesparende Pumpen eingesetzt, neue Regelventile eingesetzt, neue Regelungen im Schaltschrank rechts daneben, das ist das zweite Bild in der obersten Reihe, haben wir einen neuen Schaltschrank aufgebaut, verdrahtet, um das Ganze dann auch entsprechend, wie eben in der Software gezeigt, bedienbar zu machen. Wir waren aber auch tatsächlich so ziemlich an jedem Heizkörper, auch hier im Raum oder in den anderen Gebäuden, und haben da, wo nötig, Ventile getauscht und haben auch da die Volumenströme des Heizungswassers angepasst, dass also so ein Heizkörper nicht zu warm, nicht zu kalt, sondern eigentlich immer mit der richtigen Menge Wasser versorgt wird, um den Raum nach Kundenwunsch beheizen zu können. Das ist also hydraulischer Abgleich, um da wirklich effizient Energie zu sparen und auch um Grundstein zu legen, vielleicht auch die Heizungsanlagen irgendwann mal gegen andere zu tauschen. Beleuchtung, ein größeres Ding war die Beleuchtung in der Tennishalle. Da etwas zu finden, was auch dem Spielbetrieb gerecht wird, was Blendfreiheit, Lichtleistung und auch unterschiedliche Aufbausituationen gerecht wird. Sie müssen wissen, im Winter steht da so eine Kuppel drüber. Dann arbeiten wir mit einer indirekten Beleuchtung, wie auf dem Bild 4 zu sehen. Das ist schon der neue Scheinwerfer. Der strahlt so gegen die Kuppel und wirft das Licht dann indirekt auf das Tennisfeld. Dennoch muss es hell genug sein. Im Sommer ist die Kuppel weg, dann dürfen wir natürlich nicht in den Himmel strahlen, weil das Licht erstens nicht reflektiert wird und zweitens natürlich auch für Vögel und etc. Lichtverschmutzung ist da so ein Thema. Müssen sie halt direkt auf den Platz strahlen, allerdings können wir da schon wieder die Lichtleistung reduzieren. Also wir können auch da im Sommer mit einer reduzierten Leistung fahren, was also auch mit einer guten Förderung von einer Innoprim-Förderung gefördert wurde. Es waren ein paar tausend Euro, die man auch da bekommen hat, weil man auch da eine Menge Energie einsparen kann. Darunter das Bild, das ist die, naja, wir sagen alte Sporthalle Centre Culturel. Da war die Beleuchtung einfach so alt, dass sie zum Teil auch defekt war und nicht mehr ersetzt werden konnte, weil es de facto keine Ersatzteile mehr gab. Auch da haben wir es geschafft, fast schon im Gebäudebetrieb. Also wir haben es wirklich, wenn abends eine Veranstaltung war, dann konnte die meistens auch wieder stattfinden. Es gab vielleicht mal 1 oder 2 Sachen, die in die große Sporthalle verlegt werden mussten. Haben wir quasi die Lampen getauscht, sodass auch da jetzt wieder eine gewisse Sicherheit, auch was Zukunft angeht und Energieeinsparen angeht, gewährleistet ist. Auch das natürlich visualisiert, auch jede Lampe einzeln bedienbar über den eben gezeigten Eisberg. Wir haben, wenn ich sage, an Sicherheit gearbeitet, dann sehen Sie auf der linken Seite einfach mal so ein paar Dinge, die es betrifft. Das sind akkugestützte Zutrittskontrollen oder Rauchabzugsanlagen oder auch die Überwachung von Notlichtanlagen, Notlichtpiktogramme, also dass man auch weiß, wenn mal ein Rettungsfall oder ein Evakuierungsfall eintritt, in welche Richtung ist zu evakuieren. Auch da haben wir einiges modernisiert, weil auch da tatsächlich das Leuchtmittelverbot greift, denn auch da gab es noch oder gibt es noch einige ältere Modelle, die wir auf LED ersetzt haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann, das ist, was ich gesagt habe, über die Modernisierung der Zutrittskontrolle. Ich habe da einfach mal so ein Foto von so einem Salto-Leser reingemacht, weil den hat bestimmt von Ihnen jeder schon mal irgendwo gesehen. Das ist das. Natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, von elektrischen Schlössern über, es ist einfach noch eine gute Ecke mehr. Was wir auch noch gemacht haben in dem Zusammenhang, wir haben also auch die einen Teil der Eingangstüren der Gebäude 4, also Gebäude 4 und 10, das ist alte Schule und Centre Culturel, und Gebäude 1 und 3, das ist die Maison Relais.
Da haben wir Automatiktüren eingebaut, sprich Schiebetüren eingebaut. Und auch darauf geachtet, dass diese hochwärmedämmend sind, mit dem Zutrittskontrollsystem funktionieren. Auch da sichergestellt, dass zum Beispiel in Pausenzeiten die Kinder rein und rauskommen, in Schulzeiten eben nicht reinkommen, also keine Fremde reinkommen. Auch dafür haben wir halt Sorge getragen. Ja, das war jetzt einfach mal eine recht schnelle Zusammenfassung von dem, was wir gemacht haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kleinen Einblick geben konnte. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Oder Herr Wilms, merci. Herr Nabakowski, Sie Von wollen. meiner Seite auch nur noch mal, dass wir kurz vorstellen konnten, was wir aktuell so machen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. In den letzten 2 Jahren hat sich hier viel getan. Das geht aber auch nur, wenn die Zusammenarbeit da ist, wenn man an einem Strang zieht und auch dann moderne, innovative Techniken neu einbringen kann. Und da haben wir sehr viel erreicht. Wir haben noch ein bisschen Arbeit und ich hoffe, es hat Ihnen so ein bisschen auch gezeigt, dass nicht nur ein Posten im Budget da ist fürs Facility Management, sondern dass da auch effektiv was für geleistet wird. Vielen Dank. Ja, vielmals merci. Also die Idee war heute ein bisschen einen Abblick zu gehen, was geschafft wird. Herr Nabakowski hat logisch gesagt. Die Idee war auch vielleicht zu gehen, ein bisschen Abblick mit was für einen Utin, dass man schaffen wie eine Applikation, dass da laufen an den Applikationen sie überall auch Schnittstellen, das ist schon ein bisschen ein Aufwand. Wir brauchen an der Sicherheit, das will ich auch nicht vergessen, ich meine, wir als öffentliche Verwaltung, als eine Gemeinde, die eine Schule hat, wo viel Kinder sind und so weiter, muss Sicherheit immer ganz groß geschrieben gehen, dass wir all die Kontrolle machen, dass wir da reglementär sind, dass nie eine Maps geschieht, da wann eine Maps geschieht, dass wir aber können nachweisen, dass wir von unserer Seite alles gemacht haben, was an unserer Verantwortung steht, aber was man muss machen. Es geht das viel Zöllmaterial. Ich meine, das ist wichtig, dass wir die Zöllen haben. Da können wir als Gebäude besser gerieren, da können wir auch doch schon Energie spuren, Wasser werden wir darüber schwätzen, den Wasserverbrauch und alles. Dafür ist wichtig, dass wir die Zöllen haut mal haben für als Zertifikationen, für aber auch neben der Gestion als Decisionen zu holen, wo wir in Zukunft wollen, Wert machen, für uns dann zu verbessern. Ich meine, das ist eben eine ganz wichtige Information, die wir haben. Und für die zu kriegen, das ist ein bisschen Aufwand. Ich meine, da müssen wir viel umbauen, für die Sachen zu haben. Und da meine ich, sind wir bald da, wo wir hin wollen. Und das meine ich, ist eine ganz gute Sache. Als Leute, als Portien hauptsächlich, die benutzen aber auch ganz viel die Applikationen, die wir da gewissen kriegen, für am Fall von Problemen, auch oben oder wenn etwas am Centre ist, das ist warm, das ist egal, für da können zu reagieren. Du hast es so, wenn in einem großen Saal zu viel Holz da ist oder nicht genug, da kann ich wohl zwar handrun direkt reagieren, aber dann ist immer eine gewisse Latenzzeit da, wenn es den Massen, die dann eben da müssen reagieren, bis sie nicht da merkt. Ne? Also es ist nicht, wenn ich bis feststellt, dass es dann Festzahl zu warm ist, sondern es ist dann eine Strehlotheizung ein bisschen drauf, dass es dann 10 Minuten drauf Mikal ist. Wir können da aber mehr, das wird auch gemerkt, und voilà. Das ist alles mit der Technik, die wir hier ansetzen. Möglich, wenn wir noch froh sind, ich meine, dann wo man Experten einfach darauf zu antworten, wenn der Ideen hat oder wenn der Statolo von der Präsentation hier nicht weit genug geht oder einer Besoin da sind. Ich meine, da können wir auch darüber gucken, wenn es dann zu viel an Detail geht. Wir wollten doch nicht zu lang haut machen, wenn es dann zu viel an Detail geht, dann muss ich vielleicht eine Arbeitssitzung machen oder wie auch immer. Ne? Ich meine, da sind wir für alles ob, wenn da Frohen oder Besoin sind. Serge, wenn es gibt. Maar ja, als je dan volgens een kleiner macht oder so, ich meine, merci für die Flotpräsentation, wir kennen sie auch ein bisschen schon über ein paar Jahre, über die exzellent Arbeit und detailliert Arbeit. Aber ich meine, muss ich noch voraussetzen, dass das Mona auch mittlerweile dank dem Ansatz von dem vierten Chefrat, haben wir auch mittlerweile die personell richtig Leute Campus sitzen, hier an dem technischen Service hatten wir sie schon. Und ich denke noch eine Idee, kein Paul Wegener Fils nicht so effikaz schaffen, wie sie das eben noch können realisieren. Das war natürlich meine Wortmeldung zu dem Ganzen. Danke, merci und Paul Wegener Fils. Ja, ich meine, du hast ganz recht. In der Zukunft werden wir noch mehr. Müssen darüber gucken, wenn wir Leute darstellen, dass die auch die Informationen haben, weil das eben
bisschen dann die andere Seite von der Medaille, ne? Das wird mir kompliziert, dass mir Wissen da verlangt, für mit zu schaffen an der Gestion, die Haut gut funktioniert, du hast gesagt, und die dann noch, wenn man das gerne so weiterführen, noch mal muss man das respektieren, wann der Fall gesagt ist, dass man Leute erstellen, ne? Das ist schon richtig, ne? Wobei man muss besser formuliert Leute dann erstellen. Und da war sonst kein froh mir Sinn, dachte Jean-Marie. Ich hatte ein ganz klein froh, ich hatte an den PowerPoint schon nicht direkt rausgefunden, Photovoltaikanlagen. Gehen dort Produktion, geht das da erfahren, sodass das dann in Zukunft soll das erfahren gehen? Oder wann da Reparaturen nötig sind? Ja, ein Großteil wird schon erfasst, aber noch nicht alle. Ich dachte, das in Zukunft soll das gemacht. Also wir sind dauernd am Gangen, da eben zu evaluieren, ne? Und meistens möchte ich da sowieso eine habe ich dann auf einem oder ein Gebäude sind, da wird geguckt, wie das mal dann zu bauen. Ne? Wir haben an der Zeit aber Photovoltaikanlage gebaut, wo dann eben die Schnittstellen noch nicht da ist. Ne? Ja. Voilà, das scheint mir dann von den Frohen, das gewischt zu sein. Da gebe ich Povane Fils, dann aber Kowski, der Willems am Herr Wertzen, ein Merci so für die Präsentation und dann schaffen wir weiter so und dann die nächste Präsentation, die könnt bestimmt. Merci vielmals. Ja. Ja. Voilà, da kommen wir zum zweiten Punkt. Logement abordable. Und da gebe ich dem Serge Fredkin für die Punkte. Ja, voilà. Also hier geht es die 4 Häuser, die man soll bauen an der Rue des Jardins, die gedurcht sind für an der Anfang zu gehen. Und du hast den Büro d'études AMC Luxembourg, den hast du begleitet seit dem Anfang vom Projekt. Und den einen hast du nur Teil fähig, dann ein paar Erklärungen zu geben, wo man mit dem Projekt dran sind, respektive welche Komplikationen man da hatten. Und die können ich dann ein bisschen im Detail erklären und dann können wir gerne auf weitere Fragen antworten. Gut, ich kann ja selbstständig unannounced machen für Gespräche. Dann so ein schönes Merci für das Wort. Ja, wie geschwärzt, das Projekt Rue des Jardins, die noch schon ein Zeitchen an der Maras. Sie haben auch hier über den nächsten Versuch, so mal ganz präzise gewählt, zu rapportieren, weil es war auch schon bekannt, wie das Projekt lanciert ging, also an ungewissen Zeiten vom Wohnungsmarché, Konstruktionsmarché, dass wir mal probieren, so gut es geht, den Projekt Beinstellen noch zu kommerzialisieren. Und ich sind halt erstens hier mal den Tod zu machen, was das dabei rauskommt bei dem nächsten Versuch. Niveau von den Offeren, für das Niveau von der Kommerzialisation rauskommen, das Interesse, Eligibilität von den Leuten und für das Resultate von aber dass man im Projekt selber standhaut, wo sie mal drin, auf wie muss man eigentlich als Haut gesehen für verschiedene Details zu beschwätzen und weil dafür wollte ich kurz durch die Präsentation feiern. Heute sieht er affichiert die Offeren, die Ende Oktober angeregt gesehen, wo ich das als PDF kann ich die 2 Rotlinien nicht wegmachen, das ist noch nicht mehr ganz lesibel, aber ich werde mündlich erklären, wieso die durchgestartet sind. Also wir kriegen 6 Offeren ran. Das ist auch genauso gegangen, wie wir das gedurcht hatten, wie man das hier ausgeschafft hat, nämlich wir wissen nicht, was der Marché in dem Moment, wo wir gerade dabei waren, als bietet. Dafür kann man lassen, über die Kreide Charge die Möglichkeiten so weit ab, dass man Fragen eine Chance bietet, für Heimat zu machen. Das heißt, wir waren gar nicht restriktiv. Es hilft dann als Kriterien, ob der Nachhaltigkeit und ob diverse Punkte. Aber Materialitäten kann jeder mit seinen Stärken spielen. Dafür kann ich auch kurz erklären. Also, wir hatten, wie du gesehen Peters Smart Group, der das CLT Vollholzbau, wir hatten IBB mit einem Mix aus Holzständer und Betonstahl. Wir hatten Entreprise Kuhn mit Kalksandstein an normaler Rockwool-Dämmung. Tavares ebenfalls an einem normalen Dämmstein gebaut. Baufritz, eng Holzbau,
erderweis an Holz und Dach och am Holzbau innerwecht Mäten e gute Mix vun allem. De Mix bringt natürlich auch mat, dat man eng Preisrange vun allem hätten. Wir gehen halt von 2,8 Millionen TTC op knapp 4,5 Millionen TTC für dieselbe 4 Häuser je no erderweis wie gebaut gëtt. Wie wat man da zwei schon direkt durchgestracht. Die Entreprisen do, die waren net op der obligatorischer Baustelleversammlung präsent. An aus den Innerlernen sind noch viergegangen, dat von den Haien Offer aufgëtt. Da muss ich am Vierfall denke op der Platz am Servicetechnik die Sache ugeguckt hun, den en connaissance de cause eng Offer aufgëtt an net einfach App rausscheist, um zu wissen, wat eventuell sur Platz für Komplikationen könnten entstohlen. Wir sind also mat den Feier die durch den Peters, IBB, Kuhn und Tavares an die Evaluationsfestgegangen an das eng Adjudication selon l'offre économiquement la plus avantageuse gemerkt in der Tisch de Preis allein war net den ausschlaggebende Kriter, die war ponderiert den Qualitätskriterien an d'Ausfeierungskriterien von der Dure hier waren auch mat do am Spiel. Das zwar et war op den Gefall, den noch heute beste Preis aufgehen huet, wellen niefzingem Preis auch von de Qualitäten hier als KD Charge nokommers. Et war von alles klar für die Entreprise Kuhn den Dossier dann zu schwätzen. Et sind du Christfeierdeich nur der Evaluation dazwischen kommen, aber wir hatten alles präpariert für den Brief zu verschecken. Und wir konnten den Tag, wo wir den Brief wollten rausschicken, von der Entreprise Kuhn ein Telefon gefolgt von einem Courrier den 9. Januar, dass sie hier Offer nicht mehr werden beibehalten. Und sie haben einen Host von 206.500 € hoch TV gefragt, wann wir wollte Martinen den Marché ausführen. Das ist leider so, dass wir keine Prozedur negociiert fuhren, wir haben eine Prozedur wert auch gewählt, weil wir wollen ein Offer kriegen, die die Straße hält, die wir können zusammen evaluieren und dann ausschwätzen, wen der Marché kriegt. Hier ist eben ein bisschen dann so ein Hin und Her, den du GIF aufhängen. Das nicht möglich, dafür haben wir die Explikation ihrerseits war, ob ein Error de Kalkül zurückzuführen. Sie hatten sich verraschend bei der Offerzusammenstellung. Dabei kommt, dass nur dem Courrier Delay von den Offeren, die 2 Monate lang bindend sind, aufgelaufen sind. Und wir nicht so blank, als ob der falsche Weg zu gehen, haben wir die Kommission die Submission auch geschrieben, für hier zu argumentieren, dass wir am Anfang wollten Entreprise Kunden Marché zuschwätzen, dass sie sich zurückgezogen und dass wir auch nicht dem zweitplatzierten den Marché wollen gehen, weil den ganz genau 600.000 € Medaille ist auf den 4 Häuser. Das gibt als Häuser 150.000 € pro Unität Medaille machen, an einem Szenario, das schon unter Limit ist. Die wisst, für abordable Wohnraum müssen die Leute verschiedene Netto-Revenu nicht überschreiten. Sie müssen in verschiedene Höhen sich befinden. Und wir können nicht willkürlich ob 7, 8, 900.000 € abgehen. Die hat die letzten Wochen noch alle in den Medien mitgekriegt. Sie wird bei dem Fonds, bei dessen HBM oder auf anderen Träger ihre Platz sind, wo die Häuser einfach nicht können verkauft gehen. Sie stehen fix fertig da und sie sind zu teuer, für dass die Leute, die eligibel sind, sich können mit den Marschäden befassen. Und es kann nicht an den normalen Marché gehen, weil die Leute eben vom Verdingstier laut Gesetz zu gut situiert sind. Dafür wäre es einfach zu argumentieren, dass wir preislich keinen abordable Wohnraum können garantieren, dass die ersten Objektiv, die mit dem Projekt verbunden war, die Leute aus der Schüttergemeinde für bezahlbare Euro Wohnungen zu ermöglichen und dass das Vertrauen mit der Entreprise Kuhn, die wir sollten zurückbehalten, eben nicht mehr ging, weil wir schon d'entrée de jeu über 300.000 € plus TTC Preissteigerung gespart haben. Und nachdem es der Retour du kommst, dass wir so können weiter verfolgen, wie wir es das vorstellen, haben wir eben eine neue Prozedur, also eine angepasste Prozedur ausgeschafft, wo wir dann eben Details wollten am Gemeinderat aufklären, für das Schiedfried verstehst du mich schon, wo wir auf welche Schrauben mal probieren zu drehen, für den Dossier an bezahlbare Gewässer zu kreieren, an eben schnellstmöglich für uns kommen, weil wir ja heute Möglichkeit haben, aber 4 Familien zu bieten, und wir wollen das nicht schläfen lassen. Wir haben das
zu Summe gefasst just einkehr wat man net andere gehen als de Budget immer gestimmt hun, weil wir sind immer der Meinung, dat de Budget immer gehen hun dat ass wat wofür kann qualitativen ordentlichen Wohnungsraum schaffen. Dat heißt, wir waren bei knapp 3,3 Millionen, die Demos gestimmt gesinn für die 4 Häuser mat an Prävuen Honorären an dem ganze Bauwerk. Die sto immer net tun, wat wir machen as mir andere verschiedene Details am Cahier des Charges, die ich op enger tabellarischer Lëcht lo Summe gefasst hun, die mir sinn und den Konditionen, wat de Preis so geht, schraufgegangen, a mir sinn und Baubeschreibung mat am Kontinu vom Cahier des Charges gegangen. Dazu was zu soen, wann ich für dich am Kontinu fenken, mir hun ein Potenzial ermittelt von knapp 100.000 € pro Unität, wo man anspuren mussen, für dat man kompetitiven a bezahlbare Wohnraum hinkriegen, ohne dat man die Sachen op der Seite lassen, wir müssen verschiedene Positionen optional vorgesehen. Das heißt, die Leute unter dem See, die können sich das Haus leisten, ja, aber sie können auch wählen, wie viel sie daran noch können oder wollen investieren, für verschiedene Supplements zu ziehen. Das heißt, sie sind vorgesehen, sie sind noch mal autorisiert, aber sie sind just gebaut von den Acquéreur, der doch will. So haben wir die ganze Installation von der PV-Anlage, mit Batteriespeicher und mit der Ladeborn für Autos optional ausgeschrieben. Wir haben bei den Fenstern an den Dieren wollten wir keinen Kompromiss machen. Die Gemeinde hat sich Holzalu schon als Vorgabe gemacht auf andere Gebäudeketten und das soll auch als weiterhin als Vorzeigecharakter so beibehalten gehen. Die Fassade, die war initialement mit Holzverkleidung lamelliert vorgesehen. Du hast ganz größtes Potenzial von knapp 40.000 € pro Unität, wenn wir da auf eine Krepi gehen mit einer Steinwalldämmung. Das heißt, wir haben nicht an dem Sinn nicht ausgeschlossen, wir haben nicht, auf jeden Fall nicht mehr gefordert. Das heißt, dass die größten Änderungen mit dem Preisimpact daran drunter könnt, dass man Dachandeckung, nachdem es mein Kehr als die Straße angeguckt haben, ein Großteil von den Häusern mit dunklen Dachzielen beleuchtet sind, dass wir auch da de Schiefer nämlich viel geschrieben hun mit Dachziele mat raggeholt hun an do nach ein bisschen Potenzial für zu Spuren von hun, dann die zweitgrößte Position, wat man auch immer mehr an de Projekt machen, da das de Carport gött wohl autorisiert, gött aber nicht direkt mat gebaut an die Personen, die sich dat wollen direkt lechten oder statt lechten können, die sind freigestellt, die Option zu aktivieren oder sie aus spätere Jahren notzurüsten. Initialement gehen just Stellplätze vorgehalten, wie auch am aktuellen Projekt eben nicht überdacht an dem Sinn. Und dann nach kleiner Positionen wie verschiedenen Leute hier in Terra nicht mit einem Geländer oder mit einer Umzäunung brauchen, dass sie hier an den Tore vielleicht selber wollen aussehen an Briefkosten, von die Kreditfreien sich raussichen, wat du gerne hat, ob selber möchte, ob mir heichpreisig oder Mann heichpreisig will machen, wo man optional dran gesagt. Wie dat man am Bannerraum vom Haus alle getluten auch am normalen an der Baustellefassung übergehen, der just Bieren vier montiert werden noch am Bausebereich Terrassebelichtung auch just Bieren, also Verkabelung für sie sind mit Leute gehen hier Lute selber kaufen, jeno Standard an Qualität, wie sie sich das erlauben können oder vierstellen. Das ist ein Potenzial, den wir zusammen ausgesicht tun, für den Dossier eben an eine bezahlbare Schiene Zweck zu kriegen. Das hat doch dann direkt einen Impact auf die zweite Änderung. Wir werden das hier nicht mehr den Marché ablassen, was den Preis angeht. Wir machen, wie wir das für Covid auch auf so Dossieren immer gemacht haben, für die Garantie von einem Preis, den Strohshalt zu kriegen, die mir Obergrenz vom Projekt 4. Das heißt, Gemeinde erlaubt offeren bis 2,5 Millionen € hoch TVA. Das entspricht dem Devis, den wir gestimmt tun, plus den Inkonuen, die auch schon dort stungen. Hier geht es nicht um Honorären, die unverändert bleiben. Ich gehe nicht kurz zurück von den Dossier hier drin. Die sieht die Baukosten von 2,350 plus Imprävuen. Alles, was Honorären ist, das separat aufgedeckt. Vom Bau hier sind wir genau eben an dem, was wir gestimmt tun. Wir wollen eben just deckeln, für dass man nämlich die große Schwankung zwischen 2,4 und 4,9 Millionen € gesehen, je nach
no Offer an jenem Moment, wo die Offer eben aufgeht. Und wir sind auch der Meinung, dass man aktuell an eng Affaire sind, wo de Marché erbecht braucht, erbecht Sicht, an dat man mat kompetitiven Offeren rechnen, auch von den Leuten, die schon aufgenommen, die sich auch schon gemeldet und gefragt, wo man da sind, sind wir da relativ konfiant, dass auf jeden Fall ein paar die Leute werden mitmachen. Sie müssen sich eben lo und den heute Kriterien halten. Da können wir noch so, dass wir vom Minister aktuell auch ein Zuso kriegen für die Partizipation. Das heißt, wir können ganz genau den Preis, den wir gerade festgelöst haben, den haben wir natürlich durch die Molinette gedreht, wenn man da immer ein Objektiv von einem Haus haben, was die 650.000 Euro TTC muss drehen, wenn man darüber raus von den Säuen hier ganz limitiert sind, für nach eligible Personen zu fahren. Wir haben also schon eine Proposition Tischleihe von knapp 360.500 Euro. Wir hatten da 365 Demos oder für ein Jahr geschätzt, angesagt. Das heißt, das immer am Anfang genau, wo wir wollen oder wo wir können hinkommen. Nachdem es den Terrain zu 178.000 Euro an den Terrain zu 182.000 Euro, pardon, an die Tütskosten zu 178.000 Euro, was jeweils Tauschend von unrechenbaren Kosten an dem Domain betrifft. Für die Wand abordabel sind das die zwei Positionen, wo ich Subsidie kriege. Dafür könnte man die Rechnung ganz genau machen, und es eben noch assurieren, dass die 2,5 Millionen Plafond eben machen, dass die Häuser an der Preiskategorie können Angebote gehen, wie man so diskutiert haben. Was uns auch geholfen wird, für die schwarze Treffen, ist, dass man anonymisiert Prozedur von den Kandidaturen ist ja auch schon aufgelaufen, die ist für ein paar Wochen noch finalisiert gehen und noch aktiviert und ausgewählt gehen. Wir haben also 4 Kandidaten, wo wir wissen, dass wir erstens mal, es sind 4 Kandidaten aus der Gemeinde, es sind Familiennombrösen, das heißt, wir haben heute 2x3 Kanner, 2x2 Kanner, das heißt, das auch der Wunsch gewesen vom Logementsminister für die Häuser direkt an ihrer maximalen Variante mit einer Schlafkammer mehr zu bauen und noch zu proposieren. Das haben wir am Kai de Charge textweise angepasst, dass wir gesagt haben, letztes Jahr haben wir gesagt, geht das das Supplement und den Kast für ein Zimmer mehr zu bauen. Das haben wir gesagt, Zimmer muss matt gebaut gehen, also da ist mehr Value, die man können aufhellen, was gibt eng von den 4 Familien die Option Zimmer nicht zählen, für dass man sicher sind, dass man nicht nur die 2,5 einfach immer Supplement, wenn man nur 4 neue Schlafkammern müssen dabei setzen. Das heißt, wir haben 4 Ménagen mit 10 Kanner, die dabei sind, Punkte zählen, die gehen departagiert ob die Kriterien vom Revenu, das heißt, von den Egalité des Points, dann ist der Staat mit dem meisten Revenu kriegt dann den 4 Rang. Für eben so, und das ist wirklich den Staat, den der Besoin am meisten hat. Voilà. So haben wir das geregelt. Das heißt, wir haben am Anfang viel Puzzleteile dabei nehmen, für uns die Assurance zu geben, dass wir den Dossier so abstellen, wie wir das gemacht haben. Vom Planning haben wir natürlich einen Impact. Wir wären am Anfang haut an der Ausführungsphase von alles richtig gelaufen am Dezember. Das verschiebt sich schon alles. Wir haben ein Permis, der muss ein bisschen adaptiert gehen aufgrund von der Carport-Situation, von der Fassadegestaltung. Das leider auch schon 4, die Pläne vom Architekt. Zur Mission, also eben nicht aufgeschlossen, wir müssen so lanciert gehen, da sind wir 3 Monate in der W bis an den Juli. Von der Kommerzialisation können wir, sobald Datei Instanzen wäre, mit denen 4 steht an Gespräch kommen, dass sie mal hier die Marche mit der Bank machen, für dass wir wissen, ob die dann noch vom Finanzament hier passen. Sonst können wir, jeder du geht nach ob die nächsten Menagen zurückgreifen. Wir haben Offeren, die müssen ausgewählt gehen, das dauert dann noch 4 Wochen, da sind wir August, also da haben wir dann über die Congés-Zeit, für dass wir dann an der Rentrée bereit sind. Vom Logement haben wir Konvention Tischleihen, das ist auch noch eine Sache von, wie wir schreiben müssen, sodass wir die Konstruktion können, für Winteranfang lancieren und dann bis Mai 26 haben wir knapp 10 Monate par rapport zum initialen Planning verloren, wenn es dem Rückrelo von der ersten Offer. Das ein bisschen am Schnelldurchlauf. Ich meine, der Rot bestimmt ein paar Detailfragen, auf die wir dann können zusammen angehen. Voilà, notamment auf den Potenzial und auf dem Kostenpunkt vielleicht.
Und ich meine, die Erklärungen hören, vielleicht noch 2 weitere Erklärungen, also das ein bisschen erklärt gehen. Ich meine, da eine ganz Reihe Propositionen ausgeschafft, wie immer den Preis könnten ernst das gestalten. Ich meine, da war auch jetzt viel just nach kein Holz mehr auszuschreiben. Mir haben Doktor gesagt, wir sollen den Marché ablösen, weil wir auch vom Markt gesagt kriegen, den Holzmarché ist relativ fluktuativ. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wie die Ausschreibung ist, wo den Holzpreis drin ist, wie die Offenen sind, die da aufgehen. Dummer gesagt mir los net op und dafür sind man op de Wege von dem Prix maximal, den man lo festlegen, dann kann nicht frei mat machen, die will mat machen an se Bauweis umbieden an das so, dat man den Kriterskatalog den Demos festgelöscht gin als fir so wie Ponderation as wieviel de Preis ponderiert gëtt, wieviel nurhalt geht ponderiert gëtt so weiter, dat man auch teilkal so beibehalen. Ich meine dann auch gesehen wie ein Rehwasseranlage so man die miss man direkt mat bauen, weil dat eben besatz von den Dat net von der vorgebaut, dann kann er doch ganz schwer nur rüsten. Der anderen Seite immer wie zum Beispiel bei der Photovoltaik, das App von so mischt absolut Sinn, das muss gemacht sein mit dem gewisse Kastepreis, so dass man anfangen hingehen, dass man so mehr machen Präinstallationen so, dass die nimmer kann nur rüsten, mit daneben immer aus und denen Leute, die da kaufen können. Dat ja könne gucken je die finanzielle Moier, ob ze vielleicht Photovoltaik wollen direkt umsetzen oder wie direkt wollen den Carport umsetzen, mit dat ze do en gewisse Flexibilität tun, also am Anfang besser muss ein Budget können gerieren. Ich meine, das wären ein bisschen die zusätzlichen Erklärungen. Also mir wollte schon das Projekt so nur halt wie möglich schlossen und dafür noch dann neben den Nackeren am Anfang immer die Optionen anbieten, dass man das kann machen, wie hin, das nur seine Budgets Moier kann finanzieren. Voilà, war froh sind sie immer gern doof jetzt. Ich ergänze just kurz noch zum Carport. Es gibt ein Schema-Tipp, man an der Baugenehmigung aufgehen, für dass die Wanser gebaut gehen, alle 4 selber ausgesehen, dass man da kein Mitschmatz schon und noch die Farbgestaltung ist ja sowieso von der Gemeinde 4 gehen, der Tisch, dass das schon noch uniformer proper ausgesehen, wenn das Gift realisiert geht. Noch ein Wunschgift. Ich bin froh, mir hat geguckt, was die Kommission der Submission geschrieben wird. Du geht ja am Fond geholt zwischen denen verschiedenen, wie du gesagt geht, nicht nur um den Preis, so sind Prozente ausgerechnet mit der Qualität und alles. Und du war ja aber okay ganz großen Unterschied zwischen Mädchen und Zweiten. Dafür, also du wirklich nicht mehr auf den Preis dann en fin de compte aber geguckt hast, das ist ja dann das Qualität, aber dann unbedingt dann auch, also entweder so, wir gucken just den Preis oder wir gucken den Prozentsatz eben mit der Qualität, dann du hast dann aber noch nicht so en compte geholt. Ja, also das ist richtig, das Resultat zwischen denen zum Beispiel an den zweiten war relativ gering. Den einen hat eben viele Punkte im Preis, weil die niedrigsten Aufruf genutzt, den anderen hat eng Semi-Holzbauweise und dafür hat er viel ob der Nachhaltigkeit gewonnen. Da tut die Kommission noch auf 4 gestreckt, dass sie so ein ganz kleinen Unterschied, da kommen wir gehen auf den zweiten. Und dann kann ich das nicht mehr vertreten, weil man den zweiten, wie schon nur geschwätzt, 600.000 Euro mit teuer war, die Häuser 150.000 Euro mit teuer gehen pro Unität, und ich die Häuser einfach nicht mehr verkaufen. Und da dann einfach ökonomisch einfach muss sagen, wir müssen hier die Handbremse ziehen, weil wir sonst zwar dann die nordische Projekt bauen, und dann machen wir entweder den Marché nur ab und können den nicht mehr abordabel verkaufen. Das ist so, dass die Projekt hier aus Schwach am abordable Wohnraum gelandet ist, weil das ja nicht einmal eine PHP und wo man gezwungen ging, für das Zimmer mit Gemengen hat, für uns für 2-3 Jahre den Wunsch für ein Projekt zu realisieren, den abordabel ist, und für es eben daran zu bewegen, kann ich Ende vom Tag nicht mehr auf den Preis gucken, für die Säuen können anzuhalten, und da wären wir weit über 800.000 Euro rauskommen pro Unität. Und schon noch kein Haus an der Kategorie gesehen, die abordabel kann verkauft gehen. Mit 2 Kanner, 2 ältere Vollzeit schaffen für das heute zu erreichen, das ist einfach rechnerisch nicht möglich. Dann, sie hätten Hilfen von der Familie, mit das kann ich nicht wissen, oder sie hätten irgendwelche andere Möglichkeiten, mehr rein mit der Situation von den Leuten, die wir kennen, mit der Stadt, wie wir sie oft auf dem Projekt gesehen, konnte man das nicht vertreten, für das Projekt so umzusetzen. Ja, ich verstehe. Mit der Tisch, dass man mit der Nachhaltigkeit dann abbüßen. Da hätten wir mit der Nachhaltigkeit an dem Sinne angebüßt, wenn man auch den initialen Projekt d'Entreprise Kuhn sowieso gewonnen, weil sie die besten Preis, Leistung, Nachhaltigkeit, Exekution geboten hat. Ihr Haus war keine Holzkonstruktion. Und dafür auch der Grund für ein Kerem bei Null uns fängt an zu gucken, was man nur für Offerat kriegen. Und dann auf den Grund gesehen, wie man mit der Nachhaltigkeit durchsteht. Wir müssen abschied von den Kriterien storgelos am gerade die Charge für das man
aber die Ursprüche weiter hier geltend machen. Merci. Ich meine, der spannende Punkt ist eben den, wir können mit Eier bauen, und wir können mit nur als bauen, mit dann nicht mehr für die Familien, die mir eigentlich Scheiße bleiben tun. Ich habe einfach ein Gift. Schön eng froh die Slide fir drnnen mat den do wolle ich froen, dat das 16% TVA. Dat dat den 33.000 Franken dann awer Mann well das los 17 Jahr, ne? Einfach das Slide nach enke rakopiert, die man beim Gemengerot für einen engem Joer zum Wort gestaltet hätten, dann dafür steht 16%, das ist richtig. Und die Unterschied von der TVA effektiv, den hätte man demals schon angerechnet, wenn wir auf 17% drauf gehen. Aber wir haben dafür noch ein Imprävu von 160.000 Euro einstehen, für das aufzudecken. Das war als schon bekannt, das war ein bisschen viel gegriffen, wenn wir schon hören hätten, dass TVA-Effekt eventuell das Jahr drauf nicht abgehen. Dafür ist den ein Tick mehr schon gesagt und ein Imprävu so ein bisschen an die Blut gesagt. Sag ich, Gift. Ja, aber ich schon han sech pur gemacht gefroren zu dem ganzen. Wann den lo guckt den Auflauf vun Decisionen vom Schafferrot, mé den dat do awer bëssen eng lang Zeitspann gelä was ihremal eng die doten Decision gehol gin ass fir de Marche zu annulieren, an den Gemengerotlo eben haut zu informieren. Wenn ich das richtig verstanden war Remis vu den offenen 20. Oktober letztes Jahr. Ja. Da was die Mission abgemerkt. 20. Oktober haben wir das hier abgemacht. Okay, gut. Ja, dann wollen wir 20. Oktober und los immer, ich meine, die muss ja eine Analyse machen, das ist klar, eine Woche bei den paar Offeren, da müsste das zu machen gewesen sein. Aber los immer schon Ende April. Und das ganze Projekt sollte ja schon dick am Bau sein. Wenn ihr dann nur ein bisschen die Chiffren guckt, stellen wir mal direkt vor, was Fred MC lo weiter für am Dossier für den neu zu beschaffen, für den neu zu bearbeiten. Was hat MC da gefragt, gemeint? Da haben wir noch überhaupt keine Diskussion geführt. Und wir haben ja ein integral aufgehen, schon für engem Joer fir de Projekt zu begleeden an mir ha mechten simmer und dat wat man schreiwen so imprävun op der Prozedur die muss den se net dat hecht do ginnech lo net an der Position fir dat fir zu bringen méi. Dat wer der rich verstehen as sehr offer dann heich gerechen van der so Molhuder imprävun Molhuder keng gut zum nächste Punkt wann ich lo gucken die neue Offer von der Entreprise Kuhn, die wird dann 3.080.332 Euro TTC. Das ist eine Differenz TTC von 286.932 Euro. Gut, wenn ihr guckt, die neue Offer von der Entreprise Kuhn, also sie wird das von 2.900.000 TTC von 180.000 Euro. Da schwätzen wir pro Unität 40.000 Euro. Ich weiß da gern, auch wenn der Lo gesagt hat, ihr gibt Sachen optional an dem Dossier sitzen, wobei am Mengen an eine PV-Anlage, da das Debalet ein Drips auf der Wärme stehen, wenn ihr guckt, Subsidie vom Staat und plus die von der Gemeinde nach, also das sind Peanuts. Da holen wir dann Carport, da geben wir den Leuten die Möglichkeit für die zu sitzen. Dann haben wir die Leute Mojes, die dann die Autos laufen lassen, für das am Wand die Autos nicht zugefroren sind, was dann noch zu der Umwelt nicht unbedingt vorteilhaft ist. Und sind einfach die Sachen da alle gut gucken. Also wir wären auf jeden Fall, da könnte noch ein anderer Faktor dabei. Was geschieht, wenn den zweiten Anspruch erhebt am Dossier? Also die so aufgelaufen. Ja. Okay. Und ich will aber noch direkt dazu fügen, wir hätten nicht können, der Entreprise Kuhn den Marché gehen, wenn sie Supplement frohen, weil dann hätten wir einen Kurs von den anderen gekriegt. Wir haben eine Prozedur wert, die ist non négociable, das heißt, du gehst ein Offer auf und sagst, apprendre à laisser. Und für dann zu mengen, dass wir 300.000 Euro können nachfragen, ihr dann erschrieben wird, das ist dann immer 5 Rekuren auf der anderen Seite. Dafür haben wir aus dem Grund schon müssten entweder auf den zweiten gehen, da war der Choix, plus 600.000 Euro machen wir nicht.
könnte Schwa 3, da muss man annullieren an einke ausschreiben. Von der Reihenfolge. Ja, okay, gut. Das sind natürlich andere Punkte. Aber es muss ja auch gucken, ich meine, wir sind zu Schütter gewinnt für eine Qualität zu bauen. Eine gute Qualität. Wir sind hier in einer Region, wo der Baupreis vielleicht nicht so günstig ist und dass eine gewisse Lebensqualität entsteht und entstehen soll, auch bei den Neubauten. Und ich fand, das, was hier geschieht, uns den Zeitverlust, wie ich schon für Druck gesagt habe, als für uns keine gute Lösung. Wirklich. Just, ich verstehe das. Ich will just nicht Qualität mit Lebensqualität verwechseln am Bau. Und ich will auch appellieren, dass Zöhe sind am ganzen Land dieselbe sind für die Leute. Den zu Schütten wird dieselbe Zöhe wie den zu Schöffling oder zu Kliev. Und das ist nicht der Stein, den das Projekt mit möchte, das ist der Terra, den das Projekt mit möchte. Das Projekt hat Schütter als auch ein Amphitheos, den Terra bleibt raus. Ein Ziel soll am Norden, am Süden und am Zentrum dieselbe Preis haben. Und die Leute, die eben dran kommen, die sollen eher qualitativ wohnen, für das zu garantieren, gehen eben die Säuen national an, auch wenn wir effektiv zu Schütter hohe Standards haben, können wir aber just dieselbe Leute an den Häusern platzieren, die überall am Land auch eligibel wären. Und dafür müssen wir die Säuen einfach anhalten und gucken, um am Bau dahin zu kommen. Ja, ich meine, das ist klar. Aber die hat auch immer den Terra erwähnt. Und Terra, die spielt keine Rolle. Ja. Und das ist eine Sache, wo Apple mit Bier vergleicht gehen. Und nicht die Impression. Das wir Schweizer Regnummer von der Konstruktion, von Feuerkonstruktionen. Genau. Und gut, von mir klar, bei gewissen anderen Kriterien heischlehren, da muss man mit denen freie vielleicht leben. Aber vielleicht das leider auch vielleicht aufpassen. Natürlich, als die Regierung auch ein bisschen gefordert. Ja, viel gegen vom Staat. Voilà. Aber ja, dafür als die Regierung auch gefordert. Ich meine, die muss noch reagieren und auch alles, was Logement abordabel ist. Ich meine, die Chiffren auch vielleicht mal adaptieren, par rapport zu dem, was eben an unserem Land lebt. Richtig. Ganz klar. Ich will aber noch eine andere Remarque sagen, die hat gesagt, dass steht, dass die sollen vielleicht direkt mit der Bank schwätzen, für zu gucken, ob sie überhaupt vorkommen, die Feierstecke oder. Aber ich denke, das ist ja eine Decision, die man für durch die Gemeinderat muss gehen, ob die Leute eligibel sind, und die Gemeinderat müsste aber vielleicht darüber deliberieren oder nicht. Also die Leute müssen ja eligibel sein und die sind auch ausgewählt gehen. Von uns und notamment von einem Partner für Neutralität zu garantieren. Die sind auf Basis von den Kriterien ausgeschafft, die der Chef oder festgehalten hat. Und du als Empfang, die muss sowieso die Akte approvieren, das ist eine Gemeinderatskompetenz, das ist im Moment könnte doch zu Spruch. Aber unter Platz 1 bis 10, wie du den Reihenfolge hast, du als ja nicht uns anders eine rein mathematische Formelberechnung mit Punkten. Wir müssten werden für einen Zuschlag zu einem Projekt, dass wir wissen, was wir die Leute als Kompromiss hinlegen, dass sie gesehen, okay, den du baut so gesagt aus, das kostet. An dem Moment ist eben noch nicht angetroffen. Dafür haben wir die Leute leider schon am Döppen. Sie wissen noch alle Bescheid, dass es noch dauert, bis sie Notifikation kriegen. Mit der Grund, wieso das verzögert, hängt eben damit zusammen, dass wir recht keine Kompromiss schreiben, wenn wir einen Offer haben. Und Leute immer dabei die Bank schicken, weil eine Bank geht quasi nie ohne Kompromiss an etwas Handfestes geht sie hinein. Vielleicht just mal auf der Weg, ja, das klappt schon, komm rum und so weiter. Und andererweise gehen sie nicht gewohnt, ob sie wirklich die Finanzierung kriegen oder nicht. Das zieht sich alles so lange, bis wir nur eine Offer durchleiten und die auch adjugieren können. Und dann geht natürlich auch den Gemeinderat über die Aktiennatur dann informiert. Ja, ich meine, das ist so, wenn die Leute die sich gemeldet haben, die wissen, was sie müssen versuchen investieren, sodass sie davon ausgehen, dass das an ihre Möglichkeiten ist. Ob sie es dann nur definitiv gelernt kriegen, das gesichert, was man fertigen Dossier, wie der Herr gesagt hat, bei Bank gehen und Bank genau Details erkennt,
an sich dann engagiert für den Leute zu uns lehnen. Wenn man ja nicht im Gemengerot weil vier lehnen, da das ein List für Leute, wo da nur aber zwei muss so ich kriege kein so gelehnt. Das heißt, Kriterien sind erfüllt, die sind unabhängig bewährt gehen, weil sie dann noch von den Dossier fertig das Geld kriegen, dann kommen wir an den Gemengerot und dann decidiert der Gemengerot über die Attribution von den Häusern. Kandidaten sind noch immer anonym als Jour, weil man die Recht wann nicht so weit ist, finalisiert, das gehen die Recht doch dem Schaffen der Gemengerot devoluer. Von den Lo ich komme enke darüber zurück. Ich meine, wenn die Delayen ein bisschen ernst das gewirrscht wären, wie lo den Werdegang war, mit den Chefratsdecisionen Ouverture für Marché, ich denke, da wird noch immer an den Delay gewirrscht, wo den zweiten hat können Absprache hier waren. Und das ist eben eine Sache, wo ich will eben ein Kehr drauf aufmerksam machen. Ich meine, ich wollte auf den Punkt zurückkommen, dass die Modifikationen, die bei 100.000 € ausmachen, wenn wir optional positiv sind, das wäre dann ein Trips auf der Wärme stehen. Ich meine, hier sind nicht Leute, die Wohnungen müssen finanzieren. Das sind, wir bauen immer, wir haben immer einen ganz hohen Standard gebaut für alle Projekte. Ich meine, das ist aber auch, sind nicht mehr die Cash drohen, das sind die Leute, die Projekte kaufen, die sie drohen. Und da müssen die Leute die Suche noch finanzieren. Und ich meine, die sind froh, wenn sie können nur so, dass sie die Libertät tun, und dass sie eben in Zukunft noch immer all die Möglichkeiten haben, das zu realisieren. Das Baugenehmigung, das schon von Anfang an viel gesagt, mit der sie die schwach holen, und dass sie dann können gucken, wie die Situation ist. Ich meine, die Delayen, sind eben Delayen, die müssen angehalten gehen, für die Analyse von den Offeren zu machen. Da eine Decision kann geholt gehen, wir müssen auf die Kommission die Submission schreiben, das ist obligatorisch, wir müssen warten, bis der getagt wird, wir müssen warten, bis wir Retour kriegen. Das hätte bestimmt können den einen oder anderen Tag oder eine Woche können rausholen, ich meine, aber trotzdem muss die ganze Prozedur muss angehalten gehen, so wie am Marché-Public-Gesetz vorgesehen ist, und das tun wir in dem Heim müssen machen. Ich meine, den nächsten kleinen Avantage, den noch vielleicht aus, ich meine, die Zinskurve geht doch tendenziell auch ein bisschen mehr hoch, wird dann auch vielleicht in Zukunft, wenn dann der Marsch attribuiert, geht doch denen Leute entgehen können, wenn sie müssen eine Prämie machen, dass sie da vielleicht bessere Konditionen kriegen, wie denken. Aber es wäre natürlich mir einfach wie Frage gewesen, wenn nicht mehr sehr viel gegangen wäre. Ich meine, das ist auch eine Solution, wo wir das Beste aus der Situation gemacht haben, an hoffentlich, und wir gehen stark davon aus, dass wir nur bei mehr einem billigen Preis rauskommen für die Leute, die sich da beworben haben, für die Häuser zu kriegen. Ja, ich will auch nicht deutlich machen, dass nicht der Standard oder die Qualität, die hier aufgeht. Ne? Das bewusste Schwar, den wir gemacht haben, für zu so, wir machen kein Holz in der Bardage auf einer Fassade. Wir machen eine Fassade, die vielleicht nicht so umweltfreundlich ist, nicht so nachhaltig ist, aber von der Qualität aber kein Aufbruch möchte, aber wir verzichten an den rechten Fass, was ganz viel ist. Ich meine, du den Haut viel Schlüsselfertigkeiten, wenn der Promoteur baut, du den auch viele Leute, die selber bauen, und da geht doch ein Budget. Ne? Und du musst auch nicht vielleicht direkt alles bei nehmen, aber wenn dann ein bisschen Sonne an der Käse ist, dann mache ich eine Photovoltaik noch, die ich dann noch subsidiert kriege. Wenn ein bisschen Geld an der Käse ist, dann mache ich mein Carport noch, da steht ein Auto ein bisschen mit drücken, ich brauche nicht zu kratzen. Du hast andere Avantagen, mit noch viele Leute, die hier Auto einfach so auf einer Stellplatz stehen, und geht auch, also das ist der Approach zu so, wir bauen nur das, was finanziell möglich ist, und die Leute finanzieren dann das nur, was sie ein bisschen Luft tun, was man hier als Optionen für gesehen. Ich meine, das was den muss zurückbehalten an dem Dossier. Und da kriegen wir aber immer noch Häuser gebaut für die Population, die man von Anfang an cibléiert tun. Und den Projekt kriegt nicht ein ganz anderes Nuss. Ja, Nora. Ja, da muss ich dann aber nicht so d'accord mit dem nicht so nachhaltig. Gemeint soll ja ein gutes Beispiel 4 gehen, wir schreiben uns alles drauf. Das soll man auch nicht vergessen, dass hier nicht Gemeinde baut. Nee. Gemeinde stellt einen Terrain zur Verfügung mit den Biophytotik, und sind die Leute, die bauen. Ja, wir stimmen hier ein Budget, und wir stimmen hier ein Devis. Wir eigentlich, als das nicht mehr politisch, was wir hier stimmen, weil administrativ stimmen wir nicht, gemengelt kein Engagement, und die Leute bezahlen die Häuser selber. Wir schreiben aber fest, wie das Haus soll gebaut gehen. Also so eben Mann nachhaltig. Ich fand das nicht ganz gut. Wir fanden doch nicht ganz gut, wir haben doch liberanisch gehabt. Mit Rechnung geht dann nicht ab. Wenn die Rechnung abgeht, muss man den Kompromiss machen, den wir hier gemacht haben. Und ich meine, wir sind aber noch, an der Nachhaltigkeit sind aber noch Häuser, die alternativ Energien werden benutzen und produzieren. Also ich meine, wir sind nicht ganz neben der Schiene. Wir haben einen leichten Kompromiss gemacht, für das dann mal ein Budget dann abgeht. Und das ist eben heute noch. Also vielleicht ist das dann 10 Jahre auch nicht. Mehr heute ist das aber leider noch so.
das ist auch so an der Energieklasse so weiter fort. Also die Häuser bleiben genau das nämlich, wie sie früher waren. Da ist auch da kein Unterschied gemacht. C+-Häuser, die mehr produzieren, wie sie Voilà. verbrauchen. Gut, merci für die Diskussionen. Da gingen wir aufstimmen. Nora Frau Gerini, Ja, Kaufmann Jump, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Progression, Nee, Trein Serge, nee. Hasen Paul, nee. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Anna Serge. Ja. Also, merci. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, Session Gift. Voilà, da geht es dann d'Approbation von einem Kontrakt dabei für das zusätzliche Logement Aber ich vis-à-vis. Ernen, aber denke, merci für die Ja. Präsentation und Zeiten. Merci vielmals. Ja. Voilà, für hier im Speicher am Haus vis-à-vis 107 Rue Principal. Ich meine, du war schon für eine Reihe Jahren in der Wie gestimmt, für dort den Speicher auszubauen, den Demos für mein Haus, die ich genau gemacht und nicht direkt mal ausgebaut können. Du war den 23. März 2022 nächsten die Wie gestimmt, für den Speicher eben auszubauen, für ein Studio supplementär zu aménagieren. Du hast entretemps einen zusätzlichen Wie gestimmt, am Oktober vom letzten Jahr. Da habe ich sind soweit aufgeschlossen, ein paar Definitionen zu machen, ein paar Retuschen zu machen. Ich meine, die letzten Details am Gang. Was du noch gemerkt hast, das sind die Bauste Parkplätze, die da müssen aménagiert gehen, für das Haus konform ist par rapport zu unserem Baureglement. Die gibt auch gemacht, mit der gedauert nächste Woche gemacht, und so das Haus, das Studio so gut wie bewohnbar ist. Dafür hat man dann auch schon am Februar Flyer verdeelt für Interessenten, die Stufe wollte bewerben. Du waren bis den 8. März. Bis den 8. März werden wir 10 Monate Rakrit, die ich gemeldet für das Studio können zu kriegen. Ich meine, die Pflicht an Dossier gehabt. Da war es so, dass nur die Kriterien, die festgehalten sind, waren am Anfang dort zwei Geschwister, die die Konditionen von der Durée der Residenz in unserer Gemeinde, was ein Hauptkriterium ist, den an unserem Reglement vorgesehen ist, für die Wohnungen zu attribuieren. Da waren zwei Geschwister, die schon 26 Jahre in unserer Gemeinde wohnen, die sich da gemeldet haben. Wir haben da geguckt, wie das du hast mit den Berechnungen von den Revenuen. Ich meine, das wie ein Herrn gesagt hat, du hast da geguckt, wie die niedrigste Revenue hat, respektive wie den niedrigste Loyer muss bezahlen. Und du hast dann den Herr, den du zurückbehalten gehen hast, den hast du zurückbehalten gehen, für das Studio zu kriegen. Der Monsieur wird das Studio auch gucken, hat die Sache geguckt, und dafür ist auch ein neues Kontrakt dabei. Abgesagt gehen, den nachher am Dossier leid, wo den Studio dagegen verloren gehen. Das Studio selber, sie 60,65 Meter Carré, mit einer Living, mit einer Küche, die equipiert ist, an einer Schlafkammer, an einem Wohnzimmer. Dann hat noch ein Teil vom Keller zu gut an den Teil vom Garten, und dann eben die zwei Parkplätze draußen gehören auch dazu. Die sind nicht direkt im Kontrakt erwähnt, die gehören aber dazu. Das ist so von unserem Baureglement 4 gesehen. Der Kontrakt dabei, also abgesagt, auf der Basis vom Gesetz vom 7. August 2023, da gibt es ein Zirkulär vom Ministerium, die viel gesagt hat, dass Modalität Kontrakttyp gibt, für die Kontrakt dabei sind, dafür die Kontrakt dabei auch ein bisschen anders als für den, die man für andere Häuser oder respektive auch die anderen Lokatieren hatten. Das also vom Kontrakttyp, der viel gesehen ist vom Ministerium, an den ich soll applizieren im Kader von dem neuen Gesetz, wo auch dabei auch sozial geregelt wird. Das heißt auch an Zukunft, wo wir am Gang sind, die anderen Leute neu zu berechnen für alle anderen, wo die Appartementer, wenn neue Leute gerechnet wird, da wird überall ein neuer Kontrakt gemacht und dem neuen Schema, der vom Ministerium viel gesehen ist. En gros sind die Modalitäten, die am Kontrakt vorgesehen sind, aber ähnlich wie die man auch an den anderen Kontrakten vorgesehen hat, und sind eben verschiedene Dispositionen, die am Gesetz vorgesehen sind, die auch an dem Kontrakt zurückgehalten sind. Der Kontrakt dabei gibt dann aufhängen zu laufen den 1. Juni 2024. Der Loyer gibt sich belaufen auf 635,21 €. Und da kommen dann dabei Chargen, also Avancen auf Charge für 200 € alle Monat. Und gebe eine Kaution an eine Löschung von 1.000 € für eventuell Probleme. Und wie schon gesagt, der Kontrakt geht dann 1. Juli 2024 laufen. Und dann wollte ich noch so, dass wir auch viel gesehen haben, für eine Abweichung von dem Studio zu machen. Da sind wir am Gang zu gucken, das ist im Prinzip viel gesehen für den 13. Mai. Wir sind da am Gang aufzustimmen mit den verschiedenen Leuten, die so dort kommen. Da sind natürlich auch ganz herzlich invitiert. Das wird man da so organisieren, dass du kann eine Gruppe immer an das Studio gucken gehen, weil aber dann
kleine Studio aus, den aber ganz praktisch aus, wo dann ich noch kann Blick an die Arbeiten, die du gemacht sind, geheiern an dann den Herr den 1. Juni gibt durch Rapplannerin. Voilà, von der froh sind. Kein Frohen, da so nicht dem Serge Merci und da ging wir zum Wort kommen von Jerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nageland Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mit der Progression vom Jules, ja. Dein Serge, Ja. Tyson Paul, Ja. Falsch Nico, Altmann Jean-Marie, Ja. Anna Serge. Ja. Merci. Voilà, dann kommen wir zum dritten Punkt, Development durable. Da kommen wir dann den neuen Teil, der Loïc Kellers, also ein Naturparkbüro. Und den Daniel Flies hat natürlich auch immer seinen Fanger und am Spiel. Und da ging wir die Lomofetecht präsentieren als Naturschutzstrategie. Und dann haben wir auch Overview gekriegt, einige von der Umweltkommission und einige von der Landwirtschaftskommission. Und da war noch nach Austausch über Mail vom Naturpark-Team, aber da gebe ich dann noch darauf zurückkommen, wenn wir Präsentation gemacht haben. Ja, dann guten Abend auch von meiner Seite. Es ist ein Weg an den Naturparkbüro und es ist ein Hilfe, ich werde mit ganz kurz die Kommunalstrategie für den Umweltschutz vorzustellen, die man im Kader vom Naturpark muss machen. Aber eher statt zu machen, wollte ich kurz über den Stand der Dinge informieren, wie der Mann der Naturpark ausgesehen. Und Gemeinde Schötter, die hat ihren Audit den 6.2.2023. Dem Moment hat man 42,10% erreicht. Und der aktuelle Stand ist von der 40,50%. Ich wollte dazu noch kurz sagen, als ursprüngliches Ziel war eben, dass man die 50%, das dann Bronzezertifizierung Kader vom Naturpark die für den Anfang des Jahres zu erreichen. Das ist leider nicht so gegangen, wie wir es das vorgestellt haben, weil der Naturpark ähnlich wie der Klimapark noch ziemlich neu ist. Und das sind so verschiedene Sachen, die am Anfang eben nur erkannt wurden, eben nicht mehr funktionieren. Natürlich müssen wir eine neue Berechnung machen. Und du willst immer eben nicht so sehr weiter können wir gedacht haben. Aber wir haben aber dann unter anderem noch neue Maßnahmen angefangen zu beschaffen. Das sind unter anderem, das Maßnahmen Infrastrukturen für die Förderung von lebenden Tieren am Siedlungsraum. Das wie so Sachen wie der Teuten. Da ist eben ein Sandarium und dann ist eben ein Stehkorb. Das Sandarium, den ist eben am Lehrbisch abgestaltet gehen und der Stehkorb auch. Von denen sollen noch weiter 2 von als Sort eben noch kommen, dass eben dafür 12 Bayern, dass die eben einerseits Lebensraum haben für Nester zu machen und dann eben für Eidechsen dafür so Materialien oder selbst hat dann weiter Cargo Leben und dort machen. Und das andere, was wir machen, das ist eben, dass wir die Pachtverträge von den gemeinlichen Agrarflächen eben mit mehr extensive Konditionen verhandeln. Wohlgemerkt mit dem Steuerpunkt auch, dass der Bauer und Gemeinde das du hun und dass man dazu eine Lesung von der Schiedfrieden zu singen könnt. Als Neuziel ist eben Bronzezertifizierung für den Naturpark der 29. Juni zu erreichen. Das ist in der Steh gemäßelt, wir machen im Moment alles für dass man da der Logie kriegen. Dann kommen wir dann ganz kurz zur Strategie. Also im Kader vom Naturpark muss man eine Strategie eben ausschaffen, dann die ist eben vom Aufbau ganz ähnlich Naturparkkatalog, also ein Naturparkkatalog gibt eben 6 Hauptkapiteln. Da ist eben Naturschutz allgemein, der Siedlungsraum, Doppelland, Wasser, der Bürger- und Kooperation und Kommunikation. Und pro den Hauptkapitel haben wir eben Unterkapiteln dran gesagt, wo dann die jeweiligen Naturparkmesuren, die am Katalog 4 kommen, eben dann nochmal abtauchen. Wo wir dann die dann noch eben beschrieben haben, wie die Gemeinde da eben will 4 gehen. Und dann sind wir aber Kapitel 2 bis 5, was ein Annex, die eben gefroht, dass wir dann eben aber von nationalen Strategieplan eben integrieren. Die an der jeweiligen Gemeinde oder an der Gemeindestätte dann eben passender Sinn machen. Wie sind wir da vorgegangen? Also ich habe mal geguckt, dass wir eben mit die Kapitel müssen dann eben noch selber ausschaffen, dass wir sehen, wie machen wir das.
Dann haben wir eben mal geguckt, wie ist dann den Ist-Zustand bei den jeweiligen Mesuren, was hat gemeint bis lo gemacht. Dann haben wir das Ziel definiert, wo Sachen, wo wir noch weiterkommen, und wie wir es dann eben noch die wollen erreichen. Und dann haben wir auch in den jeweiligen Kapiteln noch eine gewisse Responsable abgelöst, die da wollen ihre Weg gehen oder mitschaffen. Und die mit Strategie angefangen haben, und haben wir sich den ersten Entwurf, das war mit der biologischen Station, und mit mir haben wir den mal ausgeschafft. Dann haben wir den am Chef eben durchgeschwart. Und noch mit anderen Vertretern von der Gemeinde durchgeschafft. Und dann noch für die Kapitel Bösch haben wir den lokalen Vierster gefragt, den Peter Laccour, und den auch noch so Sachen beigesetzt, die wohl dran haben. Und dann haben wir nach 3 Avino gefragt. Der eine war von der Landwirtschaftskommission, der andere war von der Umweltkommission und der vom Naturpark Team. Und die 2 Avien, die gehen eben nach Konsideration gezogen, weil wir eben gewisse Sachen, die eben auffallen, dass man dann eben eine Decision holen. So, das war wirklich in aller Kürze Strategie. Ich kann nicht an allen Punkten an Detail gehen, sonst gibt es wahrscheinlich schon ersetzen, das ist ziemlich viel. Wenn da war frohen zu verschiedenen Sachen, da können wir mich still freuen. Merci. Ja, merci Loïc für die Präsentation. Also der Loïc hat es schon gesagt. Wir müssen verschiedene Maßnahmen holen, für eben mit den Punkten an die Lot zu kommen. Die sind noch relativ gut gelaufen. Ich meine, die Mesuren von den Sand Cape an von der Steincape, die sind von euch selber umgesetzt gehen. Das haben wir relativ kurzfristig konnte machen. Wir haben entretemps mit all den Bauern, mit der Parkvertretung schon mal Gespräche gefordert. Die sind noch gut verlaufen. Die Milchbauern sind da ganz offen, für das auf den Weg zu gehen. Wir machen nächste Woche eine Reunion, wo wir das auswerten, wo wir gucken, was wir können machen. Mit verschiedenen Bauern ist es ein bisschen mehr kompliziert, wo wir vielleicht über virtuellen Tausch gehen oder so weiter. Da muss man auch noch diskutieren. Wir haben im Großen und Ganzen wird das aber gut gefrucht. Und da will ich dann noch dafür so eine Stadt gehen, ob Navi von der Landwirtschaftskommission, also sie haben ja nicht präzis Vorschläge gemacht, was sie nachher an einer Strategie angebaut hatten oder was man müssen ändern. Sie gehen einfach immer auf die Problematik an, dass das am Dialog mit den Bauern muss machen. Und das will ich so nicht geschieht. Also ich meine, wir haben immer Verständnis für die Bauern hier böse waren, aber wir haben auch immer das Pferdespur dann noch einen gegenseitigen Konsens zu finden und dann an die richtige Richtung mit ihnen zusammen konstruktiv zu schaffen. Dann haben wir den anderen Avis von der Umweltkommission, die beschäftigt sich hauptsächlich mit den Mülldeponien, die eben da sind. Und die sind eben irgendwie zugemacht gehen, und irgendwie das Grings drauf gepflanzt gehen, und dann haben wir nämlich da geduld. Und wenn ein das dokumentiert, ich meine, das Wesen, dass sie da sind, wir haben halt kein akutes Problem da. Ich meine, wir haben der Basänger der Herr, den das ja gar nicht betrifft, weil das ja ein hermetisch geschlossenes System ist. Mit das aber Anzugsgebiet von unseren Quellen, und dann können wir ja Sachen an der Quelle feststellen, das tun wir halt nicht, sodass wir kein akutes Problem haben, kann ich aber auch nicht die Problematik ewig auf Zeit drücken, aber wir müssen uns eigentlich überlegen, wie wir die umgehen. Und wir wollten das an einer separaten Strategie machen, das eben nicht Heimat abbauen, eine separate Strategie machen, mit der Umweltkommission zusammen. Ich hatte auch Rückspruch geholt mit dem Präsidenten von der Umweltkommission, ob das für sie ein gangbarer Weg wäre, und sie haben gesagt, das wäre an der Reihe, sodass wir gegen eine separate Strategie ausschaffen, wie man mit den Mülldeponien von früher, mit dem man belascht sind, wie man da umgehen. Weil man muss ja wissen, ne, wenn wir da thematisieren, dann kriegen wir vielleicht nicht im Strich dabei raus, also es muss so, wir machen nur präventiv etwas, da kannst du schon ja richtig suchen, und wir haben eigentlich kein Problem, wir wissen noch nicht, wenn ich das mal rekreieren. Ich meine, das ist schon so eine Frage, die ich muss stellen, wie gehen wir da mal drin, und das soll man machen, und das machen wir separat von dem heutigen Konzept. Da war noch Naturpark-Team. Da war ein bisschen das Problem, dass da zwar Leute ihre Meinungen gesagt haben, noch ein Austausch war, über Mail ist das gegangen, wenn das nicht richtig als Team muss sich nicht richtig ausgedrückt, da muss man die nächste Mal schaffen, dass man das vielleicht ein bisschen besser koordiniert kriegen, weil darum geht es ja, dass man halt nicht den Navi von einzelnen Personen haben, sondern den Navi von dem Team, ob was die sich da geeinigt haben. Und das wird man dann in Zukunft gucken, dass das dann noch besser
funktioniert. Merci aber den Leuten, die sich dafür hier gehen hun, aber zumindest dann aber matt geschafft und dann probiert und dann aber über konstruktiven Echange zu kommen. Voilà. Das noch erklärend zusätzlich zum Logik Ausführungen, und da kommen wir zu frohen. Serge, du hast schon ausgeführt. Ja, das ist an sich nicht unbedingt auch, da ist eigentlich froh dabei. Mit der ist eine Suggestion, am Kapitel 6 wird erwähnt, dass Scholand Mesorelle, dass die sich die Schule geht an ebenfalls die Alpakas kümmern. Und da wäre an sich eine Suggestion von unserer Seite, dass ich vielleicht auch Kind beifügen, dass sie nicht nur Mesorelle an die Schule legen, mit das auch das Jugendhaus, die aktiv bei der Betreuung von den Tieren dabei sind. Und das soll die vielleicht an Kapitel 6 ranholen. Dann ist eine Notiz, die wir haben, und das ist ebenfalls am Kapitel 6, die wird der Aktionsbereich an der Kooperation ja geschwert. Und da steht dann noch etwas von einem Weiterbildungsplan für die Einzelservice von der Gemeindeverwaltung. Aber wie gesagt, als konkret Idee, also als konkret vor, also wie gesagt, der Plan aus, als schon in erstellt, weil ja, kann der Gemeinderat den eventuell präsentiert kriegen, falls nicht, für wen ihr das vorgesehen, für das eventuell dann notzuholen. Merci. Ja, merci. Also zum Formationsplan kann ich so, den sind wir am Gange, den hast schon ausgeschafft, den hast vielleicht am letzten Detail noch nicht fertig. Aber da haben wir drüber geschafft, die Leute am RH, und die können wir dem Gemeinderat doch zur Verfügung stellen. Da geht aber nicht nur um die Strategie, die man mit abbauen, sondern da geht es um den gesamten Formationsplan für alle Leitschmengen. Formation aus hauten ANO von einem gut funktionierenden Betrieb und noch einer gut funktionierenden Verwaltung. Und der Plan da geht dann Ström für die Besucher Formation festzuhalten und also auch Ziele zu gehen, dass man die erreichen. Wir hatten dann an 3 Jahreszyklen gedauert, dass wir auch an den 3 Jahren dann noch die Formation an Stundenzahlen ausgedreht erreichen, wo wir uns vorstellen, dass man als Personal müsst machen, und da bauen wir das heute noch mal dann, und da geht es schon ein Gerüst, das schon abgebaut. Also im Jugendhaus geht den Rückmeldung hat man schon gekriegt. Voilà. Ich gucke nicht, ob den Herr, den man schon gesagt hat, da müssen den Text schon angepasst hat. Die Leute haben mit dem Druck geschafft, an den Text angepasst, an das Jugendhaus mal geschrieben. War ein kleiner Lapsus, entschuldigt dafür. Ja. Anne-Marie van Schlift. Ja, schon mal frohen. Es steht alle mittelfristig, langfristig. Was müssen Sie sich dabei konkret vorstellen? Das bei verschiedenen Mesuren nicht einfach immer zu so, wir können das direkt machen oder nicht, und du muss man es einfach bei verschiedenen Sachen ein bisschen mehr, wie ich so ein Werk ausdrücken, weil wir können mir auch von der Katalog steht auch dran, wir machen verschiedene Sachen, wir nicht oft präzisiert, dann und dann ist das fertig, das ist eine Strategie, und eine Strategie ist also kein Rezept und noch kein Plan, weil den sich gut, dass das am nächsten Jahr so und so viel muss gemacht gehen. Wir mussten da eben für eine Mesure gucken, und was ich gut Naturpark, das ist eben noch ziemlich neu. Weil schon unter der Waschkasone 25 Stunden in den Katalog kommen, da gehen Karten neu gemischt. Das heißt, ich kann mich nicht immer durch alles mit der Gemeinde direkt so ein, das muss so direkt auflaufen. Du willst, das sind die Dinge so formuliert. Also mittelfristig ist aber für mich, dass wir da dann den nächsten Monat machen. Das langfristig ist das vielleicht das, was dann Richtung nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Also das ist einfach ein Zeitraum, also wir denken einfach hier eine Legislaturperiode, und wir sollen einfach probieren, ein Maximum davon aber dann im Gesetz zu kriegen. Nora von Schlift. Ich wollte mir diese große Merci so natürlich für die Dokumente, noch für all die Arbeit, die du stößt, weil für alles abzuholen ist ja viel Arbeit. Und natürlich unterstützen wir das vollends. Ich schaffe noch gerne konstruktiv bei dieser wichtigen Strategie mit. Aber effektiv fehlen uns ein bisschen ganz konkret Mesuren, die Kurzterm umgesetzt können gehen, weil ich meine, am Ding, da sind da 2 dran, dann das alles da mittelfristig oder eben langfristig. Ich verstehe, dass ich vielleicht mehr lange Zeit brauche, aber ich fand, im Naturpark sind wir schon noch nicht wirklich immens weit, und da könnt ihr ruhig auch mal Zuschippen beilegen. Also, voilà, uns Dinge. Und dann habe ich just ein paar Fragen, da das Beleuchtungskonzept. Du wolltest wissen, wo wir draus sehen, ob die erste Phase schon aufgeschlossen ist. Und du waren im Jahr geriert zur Straße, sollten Luchte gewechselt gehen. Da ist schon ein Zeitchen hier. Ich war im Strop, weil bei mir, ich brauche meine Luchte in der Küche nicht zu machen, weil die an der Straße ja so hält, dass man ganz Küche mit liegt. Mit das gesagt, du gehst von einer Luchte gesagt, dafür habe ich weiter nicht gesagt.
Eine Idee für die Nistkasten wäre das nicht vielleicht auch den neuen Anwohner vielleicht einen Nistkasten zu schenken, wenn sie bei uns an die Gemeinde kommen, also als Proposition. Und da wollte ich just kurz auf den Avis von der Landwirtschaftskommission zurückgehen, wo dann hauptsächlich auch um die verpachte Felder geht, also voilà. Und uns Gemeinde ist pestizidfrei, dafür verstehen ich schon, dass ein Dilemma ist, dass die Gemeinde, also hier irgendein Terrain soll ja dann noch pestizidfrei sein. Auf der anderen Seite geht das dann aber mich schwer für die Bauern, dass sie da vielleicht mal Subsidien schaffen können mit den Bauern oder eventuell dann die Pacht, also das, was sie müssen bezahlen für zu pachten, da vielleicht drauf können. Das sind sie kein Verlust wird. Also ich meine, das sind schon der Matze und eventuell dann noch pestizidfrei gegen bewirtschaften. Voilà, merci. Ja, ich meine, was Belichtung angeht, da haben wir ja den Devis gestimmt, an die Sachen sind am Gangen umgesetzt zu gehen, mir das ist auch recht, oder ein Klimapakt, vielleicht spannender Naturpakt, Nistkasten, ja, kann den Kado machen, wir wollen kein Platz für abzuhängen, also ich meine, wir können da überlegen, ob wir nicht weniger Formeln sind, das vielleicht möchte, dass die Leute sich irgendwo anschreiben und dann die Leute dann nicht kriegen. Was mit den Bauern geht, ich meine, das sind nicht mehr Pestiziden, das auch Düngen. Ne? Und da sind nicht einfach, gehen nicht einfach Agrarflächen, wo es auch Bauern so, und wenn ich die Fläche nicht mehr so bewirtschaften kann, wie ich das halt machen, dann ist das für mich nicht mehr interessant, da kann ich mit der Fläche nicht mehr anfangen. Und da sind wir ja, da ist ja alles nicht, als Offer nicht zu so, wir gehen da mit der Part drauf, wir als Offer zu so, wo ist dann eine Fläche, die für dich mehr interessant ist, können wir dann einen virtuellen Tausch machen, ne? Dass du dann die Fläche bewirtschaftest, an mir holen die Fläche, die für dich dann Männer interessant ist und so weiter. Und da sind wir am Gange, da sind wir noch nicht im Detail. Wir haben Ideen, wie das kennt mehr, aber da muss man das wir nächste Woche aufhängen zu machen, die Analyse, auch gucken, wo wir mit denen bauen, ob da wegkommen. Das sind hauptsächlich die Betriebe, die nach wirklich viel Produktion haben, ne? Die Großbetriebe an der Gemeinde, da ist das schon ein bisschen wie kompliziert. Ne? Ich habe ja richtig verstanden, geht ja beim Terrain, die sowieso der Gemeinde gehören. Ja. Aber wie will der die dann tauschen? Also ja, den Lohnlo haut ein Steck bei uns und da seht ihr, das ist für mich aber ein Hauptsteck. Auf dem und ich so viel Ertrag und ich kann auf den Ertrag nicht verzichten und ich habe auch keine andere Möglichkeit, wie dort zu düngen, für dass ich den Ertrag habe. Da geht für mir so und das ist gut, dann auf dem Steck, was alles gehört, wo mir da nicht füllen, du kannst nicht mehr, mit so ein anderes Steck, wo es das kannst machen und dann geben wir virtuell tauschen. Wir können noch ein Jahr vielleicht definitiv tauschen, aber da kommen da Geschichte von Valeuren an Spiel, das ist vielleicht noch mehr kompliziert mit Ideen, als die du zu so. Dann hau du den Hektar und dann musst du den Exploitation, wie du da brauchst, an mir holen einen anderen Hektar von dir, wo man da so und das ist das Steck, wo es dann nicht mehr ist. Ja. das ist sicher aber nicht. Du hast dann aber nicht mit Pestiziden geschafft. Du hast von Dünger gespart. Weil, ja, mit den zwei Sachen. Ne? Ja, okay, weil wir pestizidfrei sind. Okay, merci. Mit Düngemittel machen, der war so gerade so viele Probleme für Wasser am Qualischutzgebiet und so weiter. Ne? Scheinpfandschrift. Ganz kurz darauf hinweisen, das gibt ein Dokument, merci, dass das schon der Werte. Und ich meine, das ist auch die Arbeit, die schon paar Jahre am Gang ist, die noch finalisiert gehen. Also ich wollte küssen darauf hinweisen, über ein kleines Detail, mir war das nur ein Dokument gibt, du hast deponierende Schütterei, in der Röhre de Frapp, das ist nicht der Wurmesbösch, das ist ein Wurmesbösch, was just um das zu ändern. Schritte 3. Das ist Wurmesbösch. Das also, weil du weißt nicht bei mir an der Strategie im Englisch dran. Was das in dem Dokument halt dran, alles was man kriegt tun, das war dabei. Das dann wohl immer, weil Umweltkommission das Ding so dran, das tut nicht mit der Strategie selber zu so, tun. dass das dann eventuell dann aber richtig geschrieben wird, wenn hier nur ein Dokument ist, sondern leider wissen ja nur, wo das ist. Das ist ein kleines Sache. Ja, also das, wie den Loik sieht, das ist kein offizielles Dokument, das ist ein Avis von der Umweltkommission, die hat geschrieben, da brauchen wir nicht zu verbessern. Das kann hin nicht so in der Umweltkommission, dass sie das gemacht haben, das ist nicht für die Gemeinde, das ist nicht das, wo wir uns engagieren. Das ist ein Avis von der... Das gibt ja kein Dokument, das ist ein Avis zu unseren Dokumenten von der Umweltkommission, das ist hier ein Avis. Wir können den aber so. Das, okay. Sonst nach Frohen dazu.
Da gingen wir über den Punkt aber aufstimmen. Progerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja, Joch, Sauber Jules, mat der Progression vum Julian. Tein Serge, Ja. Treisen Pol, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. und Aisha Serge. Ja. Merci. Und da kommen wir zur Präsentation von den Indikateuren am Kader von unserem Klimapakt, auch noch als Leitbild 2030. Leuk, vielmals merci. Ich bin nochmal zu sehr, weil ich auf den nächsten Punkt pardon. Großes Merci für die Präsentation. Meine heimische Präsentation ist Daniel Flies. Den brauche ich schon nicht viel zu stellen. Ja, vielmals merci. Wie gesagt, werde ich dann kurz auf die Indikatoren am Kader vom Klimapakt 2.0 vom Leitbild angehen, wie das vielleicht wisst, haben wir am Leitbild ein ganz rich Indikatoren festgehalten, Bereich Mobilität, als Gebäude, Ressourcen und so weiter. Ich gehe einzeln auf die Indikatoren an, aber wir haben auch noch bisschen generell Indikateuren do festgehalten, respektiv nicht nur Indikateuren mehr am Anfang Ziele bis 2030. Ich fange dann nun mit den generellen Indikatoren. Da hatten wir ein generelles Ziel dran, für am Pakt Klima über 75% zu kommen. Also ihr seht an all Menge Sliden, als die blaue Linie als am Anfang Ziel, was wir es gesagt haben, an die dunkelgrünen Balken, als das, wo wir tatsächlich drin sind. Wir haben das dann erfüllt. Letztes Jahr konnten wir am November, zu Basel den Goldzertifikat erreicht, was den 75% entspricht. Am Ziel werde doch sein, am nächsten Jahr dann natürlich da drüber zu bleiben. Das also nicht so, dass die 83, also sind 82,5% mathematisch schon abgerundet auf 83%. Das wird nicht sein, dass das immer so bleibt, das ist nicht stehgemäß, du andere Kriterien, du muss man für auf dynamischen Niveau zu bleiben, das wirst da auch Anstrengungen machen. Dann war noch ein anderen generellen Indikator am Leitbild dran, das ist der vom Zowus von der Population, die 1,7% pro Jahr. Die blaue Linie was das repräsentiert, an Ziel war dann nicht mehr schnell zu wurzeln wie die 1,7%. Und auch da, also im Moment, sieht gut aus, da sind wir im Moment drin. Zum Leitbild, just als kleine Info am Anfang, als Referenzjahr als immer 2019, das steht also am Leitbild dran. Ich gehe nicht auf die einzelnen Objektive an, das teilt dann als Copy-Paste aus dem Leitbild 2030. Da haben wir, wie gesagt, Mobilitätsaufforderungen, Ziele, wir haben Energieziele, wir haben Wasserziele, wir haben für unerhaltlichen Abkaufziele und noch an der Gouvernance, wie wir das ganz machen, haben auch Ziele. Bei der ersten Kategorie ist dann Mobilität. Wir hatten gesagt an dem Leitbild, dass wir bis 2030 wollen 10 Kilometer Velosphäre beibauen. Das heißt, die geringen Balken sind kumulativ. Du hast ein bisschen etwas geschieht, das aber ein bisschen stagniert. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass nicht gemerkt wird, aber das sind einfach ein bisschen lange Prozeduren, das ist alle gut. Und dafür, also muss ich da noch werden die nächstes Jahr aber Projekte beikommen und hoffen, dass wir das Ziel dann erreichen. Das nämlich als bisschen der Fall bei den Fußwegen. Da sind noch die kumulativ Zahlen da sind wir bei 1,33 Kilometer angekommen und da war das Ziel 5 Kilometer bis 2030 und das wird auch löser abgehen. Bohrende Recherche, also Elektrolötstationen, öffentliche Elektrolötstationen für Autos, hat man auch ein Ziel dran, da wollten wir da 10 Lötstationen am Gemengenterritoire haben. Am Moment sind wir da bei 4. Wir sind am Gangen, am Parkaktivität mit verschiedenen Operateuren zu gucken, für da Lötstationen zu machen. Und das wird
sei doch relativ gut aus, du werd man dann Lötstationen hoffentlich beikriegen. Da sind auch technische Probleme zu lesen, mit dat misst man aber hinkriegen. Bei den Veloen war Ziel für auch 10 Parkplätze für Veloen zu holen, also 10 sekurisiert an überdachten Parkplätzen für Veloen. Mehr die Kriterien eigentlich richtig entsprechen sind am Moment 2, dass die in der Maison Relais und noch Dambox, das aber trotzdem, was in das gesagt, ein Parkplatz aus die halb der Parkplatz de l'Église für Veloen beikommen. Wir gucken auch für den Baustandards, die wir am Gang sind, umzusetzen, dass man da immer für all Night Gebäude sekurisiert an überdachten Velosparkplätzen mit vier gesehen. Dann ein anderes Ziel ist, dass wir 50% bis 2030 und also Gefährer sollen Elektrogefährer sein. Letztes Jahr oder vierletztes Jahr schon als die Elektromobilitätsstrategie gestimmt gehen am Gemengerot. Wenn wir die umsetzen, dann kommen wir auf die 50%. Die gesitte Prozentsatz war relativ stabil die letzten Jahre, also aber 2023 ein bisschen abgegangen. Das wird dann normalerweise nächstes Jahr auch dann weiter abgehen. Ja, also das Jahr ist 2023 für mich. Also, ja, das ist ja an den nächsten Jahr, das geht pardon. Das andere Ziel, das du mal zu summen hängt, ist, dass wir minus 50% wollen mit fossilen Brennstoffen fahren. Du gesagt, ein bisschen eine Fluktuation, das auch nicht so. Also, wenn wir die Elektromobilitätsstrategie natürlich umsetzen, da kommen wir auch auf die Schiffe mit den Fluktuationen. Am Moment, die Hülle ein bisschen damit zu dienen, je nachdem, wie Gefähr gebraucht wird, von letztes Jahr, also 2023, war zum Beispiel der größere Kamion mehr, also per doppelt so viel Kilometer gefahren wie die Jahre für drüben. Die braucht natürlich pro Kilometer viel. Für was so eine Stadt, weil wir gesehen, dass man insgesamt aber mehr Kilometer mit fossilen Brennstoffen fahren, wir haben aber auch ein bisschen mehr Verbrauch, aber nicht dementsprechend. Dann Tendenz geht aber dahin, dass die zweite Zahl beim Elektrischen, dass man da mehr Kilometer fahren, voilà, auch die Tendenz geht darüber, und da kommen wir normalerweise auch auf die minus 50% 2030. Muss ich dabei so und das war auch damals ein Diskussionspunkt an der Elektromobilitätsstrategie, so ein elektrischer Kamion gibt es im Marché, ja, aber das ist einfach eine Investition, die am Bereich von den Wohnungen leid, ne? die wir bauen für die Abordabel, was man für drin heieren haben. Dafür muss ich vielleicht das noch ein bisschen aufwerten, wie die Evolution weitergeht. Zu den Equipementen nennen wir am Anfang Gardegeschirr an Arbeitsgeschirr von unserem Atelier. Da war Ziel, genauso wie bei den Elektrogefähren, dass wir 2030 an unserem Equipmentspark 50% gingen erreichen. Da sind wir, du siehst ja, das steigt wirklich gut. Da sind wir schon bei 42%. Dann schmengen, dass das kein größeres Problem wird gehen, für das zu erreichen. Dann zwar eine Menge Gebäude. Bei der ersten Präsentation ist ja über das Energiemonitoring und Wassermonitoring gegangen von der Gemeinde. Ich kann dich auch 2 Stunden Vortrag haben über die Zahlen. Das schmengen, da ging dich aber dann langweilen. Dafür habe ich auch just wirklich die Indikatoren geholt, die man am Leitbild stehen haben, für zu gucken, wie dort die Evolution ist. Der eine Indikator ist, dass wir 2030 für 70% erneuerbare Energien haben, was für die Tötzproduktion. Du gesagt, dass das ein bisschen abgegangen ist, die letzten Jahre stagniert, das hat damit zu tun, dass der Verbrauch auch ändert. Wir hatten die 57% sind noch teilweise dazu zustande gekommen, weil wir mit der Hackschnitzelanlage am Campus ein bisschen Probleme hatten. Da war die Schnecke, die waren kaputt, die relativ lang ausgefallen, und dass der Gas eben hat müssen die Hitze produzieren. Das heißt,
ich ging so lange mal effektiv die nämlich Gebäier hunn färbt man so den 60% mal lenker méi mal Manner sehen méi die neue Gebäier die lo gebaut gin die werden viel méi nach mat der neuer Energien also normalerweise hauptsächlich Wärmepumpen gebaut gin dat werd man dann noch gucken fir an de Baustand erst festzuhalen. Am elektrischen do war Ziel fir 50% in unserem Strombedarf mat also ein Äquivalent vu 50% vom Strombedarf mat Photovoltaikanlagen oder auch anderen Anlagen mit sinn am moment nimme Photovoltaikanlagen selber zu produzieren. Du gesagt de Schein Croissance das plus minus all Jo eng Anlag beikom, dat werd lo den de wie lo fir pu Main gestimmt gin ass fir PV Schulcampus, de werd als du natürlich e ganz grosse Sprung machen, dem er wahrscheinlich dann 2025 mehr gewährten. 2024 wird man den noch nicht merken, weil du noch nicht geht, dass es normalerweise missgebaut gehen, mit dann aber recht N24 und das merkt ihn dann an der Produktion recht 2025. Aber das ist immer auch ein guter Weg. CO2-Emissionen von unseren Gebäuden. Last Jahr hatte ich am Gemenge ein bisschen detailliert Präsentation gemacht über die CO2-Emissionen. Da kann ich alles, was zwischen minus oder minus 30% als kann ich noch rechnen für die Gemenge. Ich habe aber mal die tatsächlich Emissionen geholt, wie sie normal tatsächliche Verbrauch. Also kann die nach PV-Anlagen aufrechnen, du kann den mit CO2-Faktoren vom elektrisch spielen und so weiter und so fort. Aber ich will mich da nicht so weit aus der Fenster lehnen, weil ich auch an einer Arbeitsgruppe selber dran bin, auf nationalem Niveau, für das für die Gemengen zu definieren. Also da gibt eine Arbeitsgruppe, viel andere Gemengen, so, wir wollen CO2-neutral gehen, zum Beispiel als Gebäude bis dann. Und dann an das Problem ist aber, dass die Methode, wie in das überhaupt rechnet, noch gar nicht fix ist. Das ist immer meine erste Frage, wenn ich so beginne, den das sieht, und dann merkt ich einfach oft, dass oft nicht mehr viel gerechnet ist und nicht viel mit der Realität zu tun hat. Und dafür sind ich immer konservativ und wir wären lo bei minus 8% par rapport zu 2019, was ja auch schon nicht schlechter, sondern ob der Kurve einschleicht leid. Just zur Erklärung, der Peak 9 in 2020, das war Corona, und der Peak 9 in 2021 auch Corona, das waren Konsequenzen von Corona. 2021 sind die sanitären Maßnahmen gesagt, an der Schule, die Fenster müssen absehen, die Lüftungsanlagen müssen auf 100% laufen, das sei denn. Dann direkt in 2020 schon natürlich, weil die Schulen dann so waren, teilweise noch Administrationen so wären, als der draufgeführt gehen, und wie gesagt, 21 war dann durch die sanitären Maßnahmen die mehr verbrauchen, dann gesagt in 2022, 2023 normalisiert das schon ein bisschen auf eine normale Kurve oder Linie. Voilà, hier effektiv lo ein Slide, der nicht so flott ist, das geht den Wasserverbrauch. Erstens sind wir da, just als Ausnahme, das Jahr 2018 als Referenz, wenn wir wissen, dass 2019 hat man größer Fuit. Wir sind par rapport an 2018 haben wir quasi all Jahren für drun immer mehr, also wir all Jahre mehr Wasser verbrauchen, sie nicht nur hinkommen. Ne? So, das hat verschiedene Ursachen, wir mengen, dass es auch mit einem Aktivitätszoo, wo es zu tun hat, nur in den Corona-Jahren, das hängt von Event auf und hängt immens auch um Nutzer auf. Wir haben für die 40% keine 100% schriftliche Erklärung. Wir haben eine Erklärung, die ein Teil kann, die ein Teil erklärt. Und da tun so ein Slide zum Beispiel aus dem Energiemonitoring, dass der Sportkomplex, da sehen wir, dass am Mai und Juni das Jahr, also das Jahr, ein riesiger Verbrauch war, und das war der Magnetventil, das steht da noch innen, das ist die Arbeit, wo Paul Wagner, der Paul und der Paul Schumer und ich mir jetzt viel zusammen schaffen, da haben wir direkt Erklärung, okay, das war ein Magnetventil vom Löschwasser, was tut das, da war heute müssen Löschwasser, da müssen disponibel sein, der Tisch konnte nicht aufgeschaltet gehen, und hat aber ein bisschen gedauert, bis der Satzstecker so da war, für das zu reparieren. So, das erklärt
ein Deel an wat gut ass mir suivieren dat och wir können dann reagieren. So, all die aner Konsumation das immer bisschen konfus du gëtt kein richchte Jo sagt das überall bisschen méi an mir hunn awer lo si am gangen do nach Zähler die noch net an dem System wären der ginnet nach immer bisschen so rundem auch an das System opzuhhöle fir wirklich dem op de Grund zu go fir lo wirklich mod gucke fir mat der Konsumation erruf zu kommen. Ein einer Ziel am Leitbild war, dat man 100% von unseren öffentlichen Neubauten mit einem Rehwassersystem wollen ausstatten. Da steht nur 0%. Das heißt aber nicht, dass am Anfang nicht, dass all die Neubauten nicht equipiert wären, aber am Anfang, dass kein dabei kommt. Dafür, dass kein Neubau, kein Neugebäude dabei kommt, dafür steht das auf 0%. Das ist ein bisschen vielleicht falsch zu verstehen. Bei der öffentlichen Belichtung haben wir Ziele, und zwar wollten wir 60% und effizienter Belichtung, also die Straßenbelichtung, die auch ausgehört, also das Point Chaussee am Anfang rausgerechnet. Da steht auch noch provisoire, und das einfach ein bisschen abgegangen, Rue du Village, Rue de Senningen, und nach verschiedene Wien, die da gestimmt huet am Gemengerot ginn an die Richtung fir LED iwwer ze bauen no fir gefrot man Belichtungskonzept dat gëtt auch ëmgesät an do werte man loser loes de Prozentsatz steigeren fir wat schreiben sto provisoire hin das man a bisse mat deiser base Donne de Probleme hunn mir sinn am gang do a bisse Fehler auszumerzen dats eng digital Donneien an du sinn eng Reihe Fehler dran. Baukontrollen as deiner Ziel wer am Leitbild steht, an zwar sollten all Joer 10% vun de Baugenehmigungen, die en Energiepass da brauchen, kontrolliert gin och déi du sei dem tendenziell dass für 0% Dropgänger Beele wann dünn bësse ruft, das aber auch so, dat dat net immer richtig anzuschätzen, als wie viel Baugenehmigungen kommen dann überhaupt die Joer, dat der Domadation zu summen hängt. Zweitens hat man lo de Pech, dat man für Clashjoer als eng Baugenehmigung, also die lose mir dann, also mir so nimmer, dass die Baugenehmigung am Joer, die kontrolliert gëtt, dat eng wär, wo Baustopp no werde, dats dat lach op der Rüb an dofir wär der Jugefang gin die Baukontrollen an net weitergefordert gin nie aufgeschloss gin an dat muss eben dofir sind die Indikatore gut, lo wësse man, dat man fleisch dëst Joer dann déi rattrapéiere muss, fir dat man op der Moyenne awer op die 10% kommen. Klimabonus, Subventionen, Ziel war fir kumulativ bis 2030 soviel Sensibilisationun am Anfang zu machen, dat Leiit der 200 so de Monte gemerk vun de Leiit zu schëtter leider huet do Base Donnelo opgehalen mit 2022 se doch nimmen den lichten Ustich von 21 auf 22 an bis so hunnech nach kein Lesung von wie ich die Donne kreien, do muss ich noch weiter gucken. Ob man die Donne überhaupt noch kriegen, ob man dat Ziel an den Indikator überhaupt können weiter verfolgen. Dat also Männer bis unklar, dafür steht doch der Donne ein komplett an wie gesagt, wir sind der Hand, dann sie dann ganz gucken, wie man dat können umgehen. Ressourcen, da war Ziel für ab 2021, für ab 2022 minus 30% Rechtauffall zu hun, also für ganz Gemeng, also die grobe Pubel, die aufgeholt wird. Du gesagt dass das neue Taxereglement für 2021 se frichten, dreht direkt mal den Sprung von minus 31% und geht immer noch lo bisschen roh, also wir sind dann 2023 bei minus 34% Rechtauffall, den du heim aufgeholt wird. Das impliziert natürlich, dass die Leute nicht also mehr recyklieren am Anfang, und das reflektiert am Anfang den High-Kriter. Da war Ziel für 50%, ein Tode Recyclage für 50% zu holen am Jahr 2030.
den erreichen wir lo schon, also wir sind, der geht dann immer auch so ein bisschen runter, also desto mehr der Reststofffall rauf geht, desto mehr geht am Prinzip der dann drauf, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann ging den Dreck irgendwo ernst Lande, wo wir auch nicht wollen, dass das Land, also das korreliert dann, da sehen wir dann noch, dass das einfach gar nicht so schlecht ist, das System, den wir holen. Green Events, das war ein anderen Indikator, also Ziel, wat meist ginn hunn 50% am Jahr 2030. Och do hat man dann 2020 13% bisse méi wie dolächt Joer, dat huet der Wort mat ze din, dat ochem Corona-Jore wären relativ wéineg Veranstaltung, wo dann eng Veranstaltung gemé oder zwo die Green Event fir dann ass de Prozentsatz naziele Scheich. Ech ging so dat ich ging net so mis sicher, dat man lo also do sind die Veranstaltungen, die man selber als Gemeng organisieren, dat man do die nächsten Jahren immer werden méi machen an die Prozentsätze noch opgeht. Dat nämlichlecht bei den Vereiner die Erklärung, die ich verdrücke hun auch bei den Vereiner, da war Ziel, dat Vereiner 25% Green Events solle machen. Da sind wir lo bei 6% an die Subsid, dann noch die Sensibilisation, die man mehr hilft mir hun noch lo eng 4 ausgefüllten Checklist am Fonger bei dem Internet sieht gesagt von Leute, also von Vereiner soll reservieren, dann hast schon alles ausgefüllt, was Green und dem Saal am Anfang ist, also was mir als Gemeng zur Verfügung stellen. Das möchte vereinert méi liicht an du hast schon relativ viel, also woch den Pubellen aéi eng Pubelle sinn do an wéi Geschier, also weiter dat de ke Plastik méi de fëllen so sechen, dats alles do fir ausgefüllt an dat as de Vereiner so kommuniceiert ginn. Gouvernance, dat ass dann die lächten Kriter do hummer gesot mir wëllen am Joer 2030 eng Stonn pro Matbestand Maien hunn den als Formation am Bereich Klima Environnement. Dat fluktuiert relativ ganz stark, dat auch ein Zielmengen man dann an dem Formationsplan, der fir run ugeschwert gin das sollen iwwerhoelen. Wir waren dort bei 1,9 Stunden das so, dat die lächt 2 Joer eigentlich de Kriter do relativ opgemerk gin auch vom Klimapakt ein Kriter den am Klimapakt gilt an dat do relativ alle so Formationen quasi auch Managementpublik an der Leiter so Sache kann ugerechen gehen an dat war es Demos wie mir die Kriter fand net so bewusst dat heißt, eigentlich errecht man den do Krit der relativ einfach an du muss vielleicht nach Ecke gucken ob in do nach Ecke Druck geht. Voilà, dat wäret vu ménger Seite wann der froh sind dann sinnnech probieren ste nach gern zu beantworten. Merci. Voilà, merci dann für die Präsentation. Ich meine, dass man das ja viele Sachen sind noch en cours, dass verschiedene Indikatoren, die werden an Blut kommen, dass das wir wollen, das wir die Guideline, die wir als Kind haben, gesagt, noch nicht immer alles direkt am April, aber da kommen aber Sachen nach nächstes Jahr, eigentlich gesagt, die Bilanz dann besser raus. Voilà, wenn du noch froh wären. Ja, Nico, wann schrift. Bei firchtem Dan vielmals Merci fir die ganz gut Präsentation. Ich menge mir wissen, dass net fircht wo eng Präsentation mis an der immer ganz gut abgestalt. Die Indikatoren doweise Menge Meinung, dass man gute Weh sehen, das ganz erfredig wie ja verschiedene Bereiche hat Kinder man immer ausnahmen, das normal wie verschiedene Bereiche auch die Entwicklung positiv was. Anschmengen dat mir machen als Gemengen, dat soll ruhiger vier hier, wenn dat schreibt sich auch an die Aktionen von der nationaler und europäischer Politik an. Man soll nicht vergessen, dass das Ziel als 2030 55% Männer Treibhausgasen auszustoßen vis-à-vis vom Jahr 2005. Wir wissen alle, dass das eine enorme Herausforderung ist. Ich hoffe, dass wir das Ziel erreichen, aber das bis heute noch nicht klar. Aber wenn ihr ein bisschen guckt, dann die Regierung oder die vierste Regierung, die hat ja schon in dem Bereich, und das wird schon von der jetzigen Regierung stärker unterstützt, hat schon demals geguckt, wie ja verschiedene Sektoren die Probleme sich stellt. Und wir wissen, dass in demals 5 Sektoren definiert gehen,
Du hast zum Beispiel den Sektor vom Transport, den am meisten Treibhausgasen ausstößt, den am problematischsten ist. Die Industrie hat an den letzten Jahren, Jahrzehnten schon enorm Erfolge gemacht. Wir haben noch gesehen, dass an der Agrikultur Erfolge gemacht sind. Und ich gebe so in generell mehr als Gemeng drohen dazu bei. Und darüber soll man aufrecht sein und soll ich noch das bekannt machen und soll ich noch viel darüber kommunizieren. Ne? Weil ich meine, wir sind ein Beispiel, wir sind beispielhaft. Und was das mir bekannt wird, was das mir bewusst wird, das stimuliert und das incitiert auch andere Leute an die Richtung mitzugehen. Wir wissen noch, der Sektor vom Gebäude, das ist schon wichtig. Da ist enorm viel geschehen in den letzten 10 Jahren durch die bessere Isolation von den Gebäuden. Und wir weisen ja auch hier an der Gemeinde selber, das ist ja ein Indikator da, was da geschieht, dass das möglich ist. Und wie gesagt, mein Vorschlag ist, wir kommunizieren der Toten ganz stark, weil vis-à-vis von der nationalen Politik, auch vis-à-vis von den Leuten, die wir brauchen, an der Industrie, die wir brauchen, um da weiterzukommen, ist das ein starkes Argument. Ja. Merci, vielleicht ergänzend effektiv dazu noch etwas. Es gibt im Moment eine neue EU-Direktiv, schwingen sie erst ausverhandelt, wo effektiv auf der ganzen Gebäudestock von öffentlichen Verwaltungen Ziele gesetzt gehen für auch Renovationsziele, also weiter so fordern. Da ist es lohnt, die nationalen Ministerien für das umzusetzen in ganz Europa. Und ich denke, dass da wir als Gemeinde auch nicht werden, da Lernsch kommen, für dort zu partizipieren in der Entwicklung und auch den Gebäudebestand wahrscheinlich noch mehr müssen zu renovieren, wie das, was man da machen. Also da kommen europäische Ziele wahrscheinlich nicht 100% sicher, hängt von auf, wie die nationalen Autoritäten das umsetzen, aber ich denke aber, dass da mal zu rechnen, dass du etwas könnt für die Gemeinde. Ob wir nie als eine froh, aber bis wir nie auch noch mehr. Ich denke, dass man da in den nächsten Jahren als damit müssen beschäftigen. Noch mehr, wie du schon. Ja, merci Dan und merci Nico für die Intervention. Ich meine, das ist ganz richtig, was gesagt wird. Das möchte auch Sinn. Ich meine, wir wissen, dass man da aktiv muss sein und muss bleiben. Und ich so nicht mehr mit Klimaschutz, mit meiner wahrscheinlich auch etwas für als Käse, weil auch wenn man muss für dich mal investieren, da werden wir einfach auf lange Dauer Männer Kasten holen, weil die Energie geht am Ende dann aber nicht mehr billig. Und das ist schon richtig, was wir haben. Weil wenn es sonst noch gemacht sind oder frohen nicht mehr. Da so ich merci über den Punkt muss man nicht aufstimmen, das war eine Präsentation heute und war aber eine flotte Präsentation und merci dann dafür. Da gehen wir zum 4. Punkt, da ist ein Urbanismus und Infrastruktur und da hatten wir als 1. Punkt eine Approbation von einer Konvention von der Rue des Champs. Wie ihr wisst, an der Rue des Champs steht schon seit langem Häuser. Mit die Straße, die ist eigentlich nie aufgetreten gehen und Gemengen. Und das sind die Marschen, die schon eine Zeit am Gange sind, für das die Leute die Straße auftreten. Das ist am Fundament von der Mensch, das ist am Fundament von der Leute, weil das so eine Geschichte von Responsabilitäten und das ist eine Geschichte von Infrastruktur, die muss in der Halle gehen. Wird Gemeng, das ist eben so, dass Gemeng ist, das dann eben schon lange möchte, und nicht sieht, dass das so erst Straße guckt, dass es geht, dass urbaner Platz und so. Ich meine, wir haben eben der Situationen, die nie definitiv geregelt kaufen. Das ist aber gut, das zu machen. Das friert immer einen Erfolg. Und wir sind aber so weit, dass wir mit kommen dann nicht auf den 2. Punkt zurück, dass wir das aufschließen können. An den Diskussionen, dass dann aber dabei rauskommt, mit der Familie Rohen, und dafür haben wir hat alles an Dossier gelöst. Du hast eigentlich eine Konvention am Dossier von 81, die auch mit der Familie Göder der Monitoren erschrieben hast. Du hast auch Deliberation dran, auch von 81, die Gemeinderat geholt hat, und auch von 94 Baugenehmigung. Und du war dann so, dass gesagt ging, dass die könnt lotisieren, die musst aber die Infrastruktur selber bezahlen. Vom Prinzip her ist das ja auch richtig gewirrscht, an alles an der Reihe. Und dann ist das ja immer so, dass wenn eine Kanal lädt, ja, da kann ja auch den anderen, die den anderen Seite baut, die kann auch schließen, die müsste sich dann eigentlich auch 50% und die Kosten bedelgen. Du war dann noch mal zeitweise so, dass die Gemeinde dann so die Suche für gestreckt wird, aber das ist dann auch problematisch, weil die nicht weiß, wenn ich
lotisséiert, dann dazu hawer auch öffentlich Gelder an urbaner Platz as dann net so gemerk gin. An Hai war dann eben noch gesot gin Leiit Kate dann enke de Kanal und den anderen, den an die anderen Seite gebaut weiter verrechnen. Voilà, entretemps sind lo 30 rumgangen an Loser und Leiter an Stroß, mam Kanal, alles und Gemeng auftreten. An da so und Leiit mat rechtmengen wo man alles auftreten und gemerkt an als im Jahr ist. An da soll man dem Kontext an der Region wenn ihr enge Menge Rechnung schreiben, weil mir höher den Kanal sozusagen viel finanziert. Weil man aber Bierger musste wie den anderen behandeln, Menge mir dass es richtig für dass lo ging Higo und dann noch am Kontext daneben für Datei dann noch zu regeln an zu so dass Gemengen dann auf Basis von den Freie von Demos, dass sie also haut kein Deckschiffre mehr tauschend ging und die Leute zurückbezahlen. Gemeng huet jo dann noch Meigkeet dat an enke weiter zu verrechen, zumindest krit Gemeng och Tax der Akkordement, wann du enke die aner seit gebraut gëtt, an dann ass dawer rich menggt ass net un engem fir do ze bezuelen me net am Kaderhai vun engem Lotissement op der geringer Wiss, wo der Notkächten alle go opgedeelt gin a jetreen am segem Bauplatzepreis dann och un der Infrastruktur sech bedeelecht. mir ha jo dann die Infrastruktur bezuelt fir en Äneren. An dafür hummer den Arrangement fand, weil man mengen, dass das richtig für an dass dann die Leute gingen an dat will man an aller Transparenz machen, dafür Teil am Gemengerot, dass man darüber können deliberieren, dass die Leute dann tauschend wie ich erklärt tun, nämlich die Party, die eigentlich hat müsse von dem den enke Diana seit lotisiert bezahlt gehen, dass sie das von der Gemeng bezahlt kriegen. Voilà, wir sind dort so froh. Ja, Serge. Ich hatte vor, also wir sind am Prinzip gar nicht gegen die Sache für die Familie, die Gelder zu gehen, diese zu gut tun, das ist ganz klar. Wenn ihr aber guckt, Demos, du hast doch gesagt, Demos war ja dann am Prinzip Lotisseur. Den hat ja müssen für die Freien abkommen, ganz klar. Aber wenn ihr aber die Opfer respektiv Rechnung guckt von Nummer 1294 vom Mai 94, da ist aber dann die erste Position dabei von 260.880 Franken an dem ganzen Monat von den 450, die da gesplickt wird Gemeng Talsche, die verhält. Wie eng Erbisten waren das dann von den 260.880 Franken? Hat das dann vor oder? Die Rechnung aus do mehr über den Devis nicht. Ja, also das am Anfang so, was die Position ist, das am Anfang den Devis, den gemerkt war, für den das effektiv, den das nicht mehr abzufahren, als Rechnung. Wir haben Devis war viel gesehen, dass eben die Wasserleitung an den Kanal ging gelöst gehen, an die Positionen, die innen drin gesagt, das sind alles Supplementen danach, die kommen sind. Ne? Du hast dass ein zweite Gruppe müsste gemerkt gehen, und dass eben die Leitung nicht wie viel gesehen am Fondutil gelöst gehen hast, oder nicht wie viel gesehen am Plastik gelöst gehen hast, mehr am Fondutil. Das sind Mengen dann alle Sortplären, die dann noch von der Gemeinde gemerkt sind, dass du nicht müssen einen zweiten Gruppe gemerkt gehen, Schieber, also das sind alles Supplementen. Und du könnt dann den Gesamtpreis summen. Mit der nächsten Devis, das war eben für die Leitung, den Kanal und Wasser zu legen. Und was auch nicht mehr abzufahren war, sie haben noch die Luft bezahlt, an Sätze von der Luft, an der Straße. Und da war auch keine Rechnung mehr abzufahren. Und du hast mir gesagt, das ist gut, dann können wir aber doch nichts machen. Also wir nehmen auf Basis von den Piècen, die da waren, die Rechnung abgestaltet. An die Position, das am Anfang den Hälfte wie gewischt für Terbischen und Recht sind Supplements frei gewischt. Da können auf den Gesamtmonto von 450.570 Letzebauer Franken, also etwas über 10.000, 11.000 Euro, von denen man dann tauschend zurückbezahlen. Und das steht dann in der Konversion genau dran, dass dann ein Betrag von 5.584,76 Euro.
Ja, merci für die Explikation. Das war an sich ein klein Hanna, ein froh, die man hatten an sich für do paar Details zu kreieren. Mit der Toten geht alles, aber was die Informationen sind, man zerscheidet. Merci. Merci. So ist noch ein froh. Wenn du kein froh mehr hast, dann könnte man auch über den Punkt aufstimmen, wenn ich lief von Jarini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mit der Progression von Jules, ja. Tein Serge, Ja. Dreisen Pol, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Anna Serge. Ja. Merci. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Also, ich hatte es just gesagt, wir sind bald mit den Leuten alle gut durch. Es sind 3 Fälle, die noch nicht am Dossier waren. Das ist eigentlich innen Eck, die Leute asiatischer Aufstammung, da haben wir eigentlich nie eine Retour gekriegt, ob es Koreaner oder nicht. Also, wir sind da nicht. Wissen noch nicht genau, ob sie nicht richtig verstehen, was es geht. Also wir holen da mit den Leuten auch Kontakt auf, bei gerne Manier, für ihnen das zu erklären und für zu gucken, dass wir dann da Führung kommen. Rein theoretisch merken wir nicht, dass da so viel Widerstand gibt, mir das einfach, dass die Leute das wahrscheinlich irgendwie nicht verstehen, was wir da wollen machen. Dann haben wir auf der anderen Seite 2 Häuser oben drüber, also über dem Haus, was der Gemeinde hat, was der Hölle gelohnt hat. Die Leute machen sich Sorgen, einen Stellplatz für dir. Wir sind aber auch eins mit denen, wir müssen denen just einen Text proposieren, wo sie dann aber eine Garantie kriegen, dass sie ein Auto können hinstellen, noch von der dann öffentlichen Raum geht. Aber da müsste doch laufen. Und dann geht es nach mir oben den Terrain, wo die Familie Bertrand dann noch nach Terra hat, wo dem uns am Anfang wahrscheinlich gedacht, wie war die Straße mit Brett, aber da wohl nicht mit der Fall ist. Und wo das war mir dann dort Straße gingen 4,50 Meter machen, so wie in Haut so ein beruhigte Straße, so ein 30 oder so ein 20, ich meine, da muss man da gucken, was den da ein möchte. Brett möchte, dann kennt du eine Situation entstehen, wo dann zwischen der Straße an einem Bauplatz nach einem dritten Terrain hat, proprietär wäre. Und da sind aber Negoziationen am Gangen und den letzten Retouren, die wir da gekriegt haben, gesagt er doch nicht so aus, wie wenn das blockiert für die Situation. Und die müsste ich dann noch regeln. Das sind dann die 3 Dossiers, wo man dann die Unterschrift für die Session nicht tun. All die anderen Hummer und dafür haben wir auch geduld, auch weil wir eben mit der Konvention, dass wir denen aber schon gingen, aufstimmen, dann ist das geregelt und ich meine, das ist auch ein gutes Zeichen für die anderen Leute, die noch nicht unterschrieben für denen, aber zu weisen, dass großmajoritärement die Leute alle mal da verstanden waren, kein Problem mehr aus und dass wir das dann für alle Mal auch den Dossier können aufschließen. Weil ich gehe nicht auf die Einzelkompromisse an. Wenn aber du froh sind, dann stimmen wir gerne dann einfach, wenn man das keine Polwatschrift. Ja, ich bin kurz froh. Es ist verschieden, da steht kein Datum drauf. Ist das irgendwie ungewollt schiefgegangen oder ist das provisorisch? Das aus dem Grund hier, weil es relativ lang Herr Hallert, Befehl ist étrange, dass so ein Datum nicht steht. Das gibt von dem geschrieben, aber da ist kein Datum drauf. Ne? Was bei der Rinderschrift vergisst, gibt mir dann müssen das dann noch ausfüllen. Die Not der hört sich schon die nächsten Kompromisse, für den es gibt. Aber wir waren auch so froh, wenn die Unterschriften kommen sind, dass man so ein Detail wie ein Datum nicht geduld wird. Der Lückentext, dafür fehlt ein Datum. So ist es eigentlich froh. Da könnten wir auch über den Punkt aufstimmen. Von Jarini Nora, Ja. Kaufmann Jump, ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mit der Progression von Jules, ja. Tein Serge, Ja. Dreisen Pol, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. und Aisha Serge. Ja. Voilà, ich so nicht merci und ich meine, ich will auch von dieser Platz die Leute aber merci so und also wie gesagt, die Gemeinde gewinnt nicht, das ist einfach eine Infrastruktur, die dann noch Proprietät von der Gemeinde, da geht das Domain publik und das möchte aber vieles mir einfach mit das aber flott, dass man die Arrangementer von und Leute unterschrieben haben.
Voilà, merci. Da kommen wir zum dritten Punkt, unter dem Punkt, das dann den Kompromiss Session an der Rue du Village. Wie die Rue du Village gemerkt ist, hat man da am Anfang eine Familie, die nicht so begeistert war, für da, so gesagt, wie die schwer das heißt du hast, die pur mit der Karre da aufzutreten, dass man den Tortwasch meint, die gesiedelt flott auf der Platz. Das ist 27 Rue du Village. Was da wo das an du gesagt dann haut dass eben du dat net doofgetrude gin hast, du mecht den Trottoir an so eng Abbuchtung, dat steiert ke Mënch, ge se den Schusum belagt, kann noch gut drwer goe, méi bon, dats awer net der Gemengieren Terra, defir kannst auch do de paar net neumen. Wär flott gewicht, van den dat Demot schon gehabt hätten, da en eng Steck gewicht. Das awer lo net schlimm muss sowieso do verhecht Änderungen kommen, genau wie de Projekt gesagt, was man net. Haut as eng Demand do fir ofzerappen, méiner net. Met Leiit hunn awer lo ënnerschriwen an dat Steck vum Trottoir gift an noch der Gemeng dann lo iwwerschriwe ginn, an dats den Kompromis den am Dosse läit. De kannst zwar weisen. Grad lo is. Wenn man Bildchen hunn, sos kann ich der so also me Schwetzen ha vun 0,14 also voilà, 14 Quadratmeter im Detail geht. An die ginn dann gratis und Gemeng aufgetruden. Voilà, den Bürobast huet dat schon opgedeelt. Ich wollte nämlich froh, ob du einen davere Sinn gëtt, für wat das am Dossier en andere Plan ass wie den op dem elektronische Weh den Kasse en zoukomme gelos gin ass. War vielleicht kein Dave-Konzentration dabei mehr. Aber du Plan gesinn am Dossen ich mein, Situation aus klar, dass dat Steck 4 Trott war. Fir Lcht sinn 14 Meter Carré vun den mal Schweze. Das net bret mit das eben iwwer lengt, dann möchte dat. Sind do frohen zu der Geschicht ja Paul van Schlift. Ja ich wurde just froh, wie wat dann lo eigentlich gratis aufgegött. Dat war vor mir froh ich froh. Ja, man hat am Punkt net getört, da sehen sich darüber Gedanke mcht, wie das man den Akkor von tun, gebe ich so gi man dazu unhöllen, also mir hun die Leute geschwert an. Voilà, über einer Sache noch geschwert, haben wir noch die Historik vom Projekt gemerkt, dann finalement hat den Akkor den man von tun, sie waren noch der Akkor, für das dann so zu machen, und voilà, du haben dat so ugeholt. Weil die ganze Zeit wie de Projekt dem uns war hast du schon gesagt, de ganze Projekt das du dich auch ein bisschen gehemmt gewesen, dat huet auch ein bisschen mekanisch gewesen, Treso nur ein bisschen gelöscht gehen. So, also in dem Sinn wäre mir auch nicht froh, weil lo Gemeng ging higo und dann lo op ihr Kaschen anderen ging den Trottoir stellen, ging mir auch nicht so gut fanden in dem Sinne. Ja. Also sie muss ja dann noch aménagieren und dann muss sie wie jeder Verein da aufpassen und voilà. Weil sie auch andere, die den Terra an sich machen, gelos sind, ohne lo aufzutreten, du wennst, fand ich die Stellung nicht gut fand. Ja, besser gewesen, da den Demos schon, das können sie proper machen, voilà. Also sind Geschichten so, und wir haben ja nicht denken, da sind da viele an der Gemenge, also sind sie so, wie sie sind, und bon. Du hast geregelt und mit da hin und sie exportieren den Terra, ich meine, da hin für das dann so zu machen, dass das dann noch proper ist. Ja. Ich will nicht, ich meine, du hast für Druck gesagt, das ist ein bisschen einfach gewesen. Ich will nicht, aber nicht als einfach gesagt, weil der Polo hat für Druck gesagt,
den Chantier Siemens dadurch gebremst gehen durch das Verhalen an den Betonasphalt liegt, den Lob, der streift oder leid, okay. Das wird gemengt dann auch noch abkasten, respektiv, wenn den lo guckt, lo Laien, die Paveen an der Straße, die Laien auch schon ein Zeitchen, geht das Gemeng wahrscheinlich auch Reserven oder von nur für den Trotzwärter Messageieren. Ich meine, die müsste ja dann noch die Leute verrechen kriegen. Und wenn den dann nur noch guckt, Pavé mit verschiedenen Farben, den ein Zeitchen leid, der verblatzt doch. Und herno werden die Platz da immer gesehen am ganzen Dorf. Eben durch eine Unsicht, durch das Verhalten von Privatleuten. Ja, ich meine, das sind alles falsch, was es ist, wir kriegen aber der Kalender nicht zurückgedreht. Das ist natürlich auch so, wenn die Leute nur Schluss machen, ein Raccordement machen, und wir so nicht auf einen Platz hat, die können, dann haben sie sowieso müssen Trottoir abmachen, da wäre sowieso ein Fleck kommen, also das ist nicht optimal, das wäre besser nicht gewirrscht. Das ist aber gemacht und wie gesagt, der Platz Nummer nach an der Gemeinde. Voilà. Was soll denn dazu noch weiter so? Geschichte das eben nur Haut, wie sie ist. Ne? Ja. Okay, ceci dit, können wir darüber aufstimmen, wann es klifft. Dann gebe ich so ein Frojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Prokuration von Jules, ja. Trein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Und Aisha Serge. Ja. Merci. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, Struktur d'accueil, und das gibt den Andy machen. Merci Claude. Ja, also bei diesem Punkt geht es, wie gesagt, um einen Akkord de Kollaboration zwischen der Caritas, Jeune et Familie SPL und unserer Gemeinde. Wenn er dem Akkord lesen kann, hat den als Objet für die Infrastruktur d'accueil, die wir als Service d'éducation et d'accueil pour enfants oder SEA oder einfach Maison Relais kennen, zu realisieren und zu reglieren. Der bestehende Akkord de Kollaboration aus von 2009 an den Abhänger du sich für das Ganze zu überschaffen, war der Gemengenheit Engagement nicht nur am Kader vom Fairtrade, sondern auch am Naturpakt. Auch wenn die Restauration von der Maison Relais schon ganz viel erfahren in dem Bereich gemacht hat das Engagement aber müsse formalisiert gehen, für Punkte im Naturpakt unerkannt zu kriegen. Wir hatten uns mit der Direktion von der Caritas zusammen gesagt und zusammen dezidiert für die Wolle mit den Kriterien von der Restauration separat an einem Cahier de Charge festzuhalten, das aber als Partie intégrante vom Akkord de Kollaboration. So muss nicht immer diese Akkord de Kollaboration geändert gehen, von Kriterien von der Restauration adaptiert sollen gehen, respektiv von den Exploitanten von dem Restaurant sollte ändern. Wenn wir kurz durch den Akkord de Kollaboration gehen, dann sehen wir, dass sowohl am Präambül wie auch am ersten Artikel ein paar kleine Änderungen betreffend der Formulation gemacht sind, an eben auch der Verweis, dass diesen Akkord den von 2009 soll ersetzen. Beim zweiten Artikel aus eine Präzision kommt, dass Maison Relais nicht mehr exklusiv das Restaurant an Groupe d'accueil Site an der Del geriert, mehr dass es so formuliert ging, dass diese Aktivitäten do stattfanden, wie dann hier im Agreement, den Agreement ministeriell akkordiert gouf. Beim Artikel 3 wird die Obligationen von der Gemeinde gehen jetzt just Kleinänderungen an die Formulationen, so was dann eben umformuliert gehen, dass semestriell Avance bezahlt gehen für die Friedensgestion an, dass bis der 15. März in der Konto gemacht für den zuständigen Minister zu checken, was bis just am Artikel 8 über das Finanzement von dem ganzen Akkordo festgehalten gouf. Beim vierten Artikel geht es dann um die Obligationen von der SPL. Du hast dann aus den wichtigsten Teil, den geändert ging als der SPL ist ja dann auch zuständig für die Organisation von dem Restaurant scolaire. An Hai als da lo definiert gin, dat die Kriterien von der Exploitation vom Restaurant an dem Cahier de Charge separat festgehalten gin. An dem Cahier de Charge gesinn wir dann, dass die Obligationen do festgehalten sind, festgesagt sind, die mir als Gemeng gin hun am Kader vom Fairtrader vom Naturpakt an für eise Kriterien, die mir als an der Nachhaltigkeit gin hun not zu kommen. Hier ist dann noch so, dass den Exploitant vom Restaurant solche verschiedene Punkte halen muss, die mir als Minimum umgesehen. Einmal als festgehalten gehen, dass mindestens 50% von den Dori Alimentaire, die am Restaurant benutzt gehen, müssen biologisch gelabelt Produkte sein.
Dann haben wir auch noch dran geschrieben, dass regionaler, saisonal Produkt soll vorgezogen an das Restauration soll nur der Konvention so schmacht Lützeburg von der Chambre d'Agriculture exportiert gehen. Zusätzlich ist dann noch abgelöscht gehen, dass von Matière Premieren aus Afrika, Asien, der Karibik oder Lateinamerika benutzt gehen, da müssen die den Fairtrade-Label haben. Was doch noch festgehalten gouf, als dass der Restaurant im Prinzip vom Antigaspi gefordert muss gehen und dass die gelabelt Produkte muss visibel markiert gehen. Zum Schluss vom Cahier de Charge haben wir dann als auch nach einem Moyen de Kontrolle gehen unter der Form, dass den Exploitant vom Restaurant bis Ende März vom Jahr no ein Fichier zur Verfügung stellt, woran ihn erkennen kann, dass die abgelöschten Kriterien dann auch effektiv respektiert goen an dem aufgelaufenen Jahr. Kommen wir zurück an den Akkord de Kollaboration, da kommen wir dann auf den Artikel 5, wo da bestätigt wird, dass den Akkord de Kollaboration von 2009 dann eben durch diesen Ersatz wird. Den ist dann bis 31. Dezember 2026 verlabel, wird dann tacitement immer für 3 Jahre verlängert. Wenn es resiliert gehen, dann muss das eben 12 Monate am Voraus angekündigt gehen. Am Niveau vom Finanzement ist dann am Artikel 8 eine Adaptation von der Fried administrativ kommen. Das waren 2009 auf 750 € an dies in 100 pro Jahr festgehalten gehen. Das ist also auf 2330 € an dies in 100 abgesagt gehen, und wir noch do Erklärungen zu dem Punkt dazu kriegt. Aber natürlich ist es so, dass ihr eine gewisse Erfahrung an der Gestion von unserer Mesorelais haben, aber auch generell an der Gestion von so Infrastrukturen an anderen Gemengen, was natürlich dann auch ein Plus-Value oder ein Valeur ajoutée für uns durchstellt. Aber was den auch muss sagen, ist, dass das Freie seit 2009 nicht adaptiert wurde, so dass es sich einfach um eine Anpassung und die aktuellen Gegebenheiten dann handelt. Zum Schluss kommen dann nach den Artikeln 9 und 10 über die Litigen, wo da just kleine Adaptationen in der Formulation gemacht sind. Für den Rest bleibt den Akkord de Kollaboration aber selbisch, wie die schon 2009 zusammen aufgestellt ist. Merci. Merci an diesen zu frohen. Ja, war kein Frohsinn. Ich meine, das ist aber flott, dass wir da den Arrangement gefunden haben und dass wir da auch bei unserer Küche und der Maisonrelais dann eine Schratt mit weit nicht gehen. Und das ist aber eigentlich eine ganz gute Sache. Voilà, da ging wir auch darüber hochstimmen. Von Jarini Noah. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Trein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Melch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Und Eicher Serge. Ja. Merci. Und dann gehen wir zum 6. Punkt. Gemenge Finanzen. Und dann möchte ich das Serge. Voilà, da kommen wir zu der Approbation vom Konto Gestion vom Konto administrativ für das Jahr 2022 von der erlaubt an präsentiert die zwei Summe wie das Remarken am Anfang vom Konto Gestion auch sowieso am Konto administrativ zurückgehalten sind. Also der Konto Gestion hat der Konto administrativ für das Jahr 2020 mit einem Boni aufgeschlossen, den schlussendlich stabiliert auf 14.688.335,29 €. Das war so, dass vom 5. bis 7. März war die Kontrolle vom Innenministerium Hai für die Konten zu kontrollieren und mich spät wie den 20. März, also direkt ausschließend, haben sie als auch noch ihre Marken mitgedeelt. Ich will dann kurz auf die pure Marken angehen. Der erste ist den Reset ordinären, da ist es so, dass man für 2022 den von der Dotation global der Kommunen, da hat man von dem Montant net angedroht an unsere Resetten, das heißt der Montant net durch dem FDGC minus der Fonds pour l'emploi. Und du hast da bemängelt, dass den Anfang den Fonds den FDGC die Resette separat an der Reset ordinären aus andreht an den Fonds pour l'emploi separat an einem Depensenkonto ordinär misst androhen. Das wird dann auch so rektifiert am Exist 2022, mit der Twitter dann finanziell am Anfang keinen Impact, aber das Resultat ist für seine Präsentation kontabel. Am Ende der Streck behalten, das auch im Jahr 2023 schon abgedeckt gewesen, also als deren Markt schon Rechnungen drohen gehen. Dann ist ein zweiter Punkt, dass dann bei den Jetons vom Gemeinderat, ich meine, du hast gesehen, du hast einen kleinen Typo an ihren Kommentaren, das am Anfang so bemängelt ging, dass den mir am Anfang immer Jetter von den Gemengen Conseillen auch noch von den Kommissionen immer am Januar ausbezahlt und dann noch am Januar von dem Jahr verbucht für das Jahr von der Tür für drin.
an die so anfang do, dat die Jötter sollen dat Joer gebucht gin, wo se auch ugefallen sinn, auch van dann an dem Joer ausbezuelt gisinn. Müll in dem Rechnung, der das aber schon seit Jahre so gemacht gin halt die Kommentar kommen Müll den Rechnung der Tischcht am Joar 2024 werden man da lo zweimal die Jitter dran hun, wenn man dann eben 23 Schwerten dran hun, also 24 Streiten dran hun und dafür wird man das dann enkel doppelt so viel hun, weil da auch kein Problem wert sind. Dann als dritte Punkt, den das bisschen mehr Impact. Du hast angefangen bemängelt gehen, dass verschiedene Konventionen durchgeguckt und so bei einem PHP festgestellt, dass bei dem, obwohl der PHP 2021 schon gestimmt ging hast, an Konventionen gestimmt ging hast, an der Schrift ging hast, dass du am Anfang vorgesehen war, dass eine Indemnity kompensatoire misst bezahlt ging, und dass eben noch ein Garantiebank misst gestaltet für die Arbeiten, die du gemacht gehen am Kader von dem PHP. Und du war aber so, dass Gemeng du am Anfang nie die Sue reklamiert huet vun der Indemnity kompensatoire noch nie eng Garantie gefrot, en Garantiebank gefrotet fir die Freienze koufréieren. Das du halb engelt bei engem spezifische PHP, dat war auch so bei engem anderen PHP gewircht, du war zwar kein Indemnity kompensatoire, mit du war auch ein Garantiebank, die hat miss gefrot gin, die war auch do net gefrot gin. Sie weisen als an dem Dr hin, dat man dann solle gucken, dat an Zukunft immer de Suivi von den Konventionen gemerket an dat man die Suen ufroen an andreiben, die euch dann noch zogstehen an respektiv, dat man die Garantie kommen kreen, die an der Konvention vier gesehen sind. Voilà, Mündet noch Wege gemerk, dass natürlich so die PHP, die noch schon quasi ganz aufgeschlossen, den anderen also Punkt für aufgeschlossen zu gehen, natürlich mit der Indemnity kompensatoire, mit den Leuten erhalten, dass man hin eine Rechnung schicken, für das zu dem müsste bezahlen. Wir hatten aber gedacht, wir müssen sein Kapital darauf hinweisen, dass das nicht geschieht ist und dass das können. Wir wollten hin nicht einfach so eine Rechnung schicken, da fährt man sowieso ein Treffen mit ihnen, wo man dann darüber informiert tun, mit den Garantien. Also es ist so, dass die Garantien davon gefroht gehen für die Arbeiten, die an Kader von Infrastruktur beste gemerkt gi, dat de prop exekutiert gin an dat déi dann nach 2 Jahren und normalerweise mit dem der beschen aufgeschossen soll bestor bleiben. Und dann hat an den Konventionen aber normalerweise viel gesehen, dass die Garantie auf fürer mesure von was man von den Erbechten immer mehr aufgesagt wird. Das heißt, du immer am Gangen zu gucken mit den Promoteuren, wo das oder Promoteure mit denen Leute, die PHP realisieren, für mit ihnen zu gucken, wie ein Prozentsatz von der Garantie mal bankär mal Löhner froh wie da besch am Anfang aufgeschossen sind deweis Rezeption gemacht hast oder diese Rezeption an die nächste Main wird gemerkt gehen vielleicht dann beim Mann und ähnliche für Garantie bankär die man ohne Wette frohen für eben die 2 Jahre zu verbrechen wo die Garantie misst laufen oder und dann für den Reststummer ist natürlich Service gehen statt man do Zukunft für neue PHP mehr genau wie muss er machen für die Suen immer zu dem Punkt wo sie wirklich schon an der jeweiligen Akte 4 gesehen hast für die Suen dann entweder zu bezahlen, also muss man auch nicht bezahlen oder eben so zu gucken, dass man die Suen rankriegen. Voilà. Merci Serge, sind du froh? Kein froh sind, da können wir schon aufstimmen. Jarini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Mit der Prokuration von Jules, ja. Tein Serge? Ja. Teisen Paul? Ja. Welch Nico? Ja. Waldmann Jean-Marie? Ja. Und Aisha Serge? Ja. Merci. Da war du und dir, Serge. Oder wollt ihr ein zweites Wort machen? Gut, da kommen bei der Fixation von den Tourmultiplikateuren für den Impôt foncier. Fangen wir an. Du hast da so für den muss all Jahr dann gestimmt gehen für den Impôt. Den Tourmultiplikateur von den Impôt foncier als für das Jahr 2025 gibt man dann halt stimmen. Du hast so, dass man die Idee für die Touren allgemein unverändert los par rapport zu dem, wie sie letztes Jahr applikabel wären, so wie sie da in der Deliberation sind, für durch eine Änderung vorzuwählen. Du frohen Serge? Ja, das für uns ein bisschen überraschend, für zu sehen, dass der aktuelle Chefrat den Taux beehnt für Betriebe bei 600% gelost wird. Zumal von den sich an die Reaktion von den Vertretern von der DP erinnert, wie der vierigste Chefrat den Satz von 400% auf 600% gehoben hat.
Und das ab dem Jahr 2020. Aber leider habe ich später gesehen, wie gut nicht. Merci. Ja, ich meine, das nächste Mal, also ich den, das ist schon so, also wir hatten an diesem Wahlprogramm nicht just viel gesehen, dass man keine Steuern geben erheben, das tun wir auch nicht völlig. Wir sind mit diesem Koalitionspartner, also eben gehen, dass wir den dort Tor losen, und natürlich hauptsächlich auch der Grund, und sowieso eine Reform von Impôt Foncier schon eine Instanz der W ist, für die Leute, die auch gleich für 2 Wochen bei der Konferenz von Herrn Glose waren, die heute noch nicht insistiert, dass die Reform von Impôt Foncier eine von den Prioritäten ist, und dass eben noch sogar viel gesehen, dass wir die Gesetzesprojekte zu sprechen, für die wirklichen Reform vom Impôt Foncier so sehr wie möglich wir können. Also viel Summe ist darauf gehen, für die Reform vom Impôt Foncier aufzuwerten, für dann zu gucken, wer ein tun, weil auch an dem neuen Gesetz wird aber viel gesehen, dass die Gemengen eine gewisse Autonomie behalten, für Tormultiplikateure festzulegen, für es dann zu summen und neuen Tormultiplikation zu ähnlichen en Funktion von dem, was dann die neue Basis gibt, für den Impôt Foncier zu rechnen. Ich hatte an sich nicht gemeint, für Tod zu hegen, mehr für die BN darum Trick zu setzen. Wir wollten ihn auch nicht hegen. Wir wollten ihn just gesagt, wir geben ihn nicht, wenn nicht viel gesehen, aber wir geben ihn hegen. Wir hatten noch nicht versprochen, dass wir ihn im Ruf setzen, und hier ist eben der Kompromiss, den wir gemacht haben. Für zu so, wir lösen den so verändert, und dann gucken wir, wenn die Reform da ist, wie ein Tor, wir wollen applizieren für auf allen Kategorien von Foncier, und nicht nur bei den Betrieben. Voilà, ich meine, merci für den Serge seine Explikation. Ich will just bestätigen, dass das genau so war, und dass wir darüber diskutiert tun, und dass wir eben da den Kompromiss form tun, und voilà, dafür so nicht dann noch als im Koalitionspartner, merci. Voilà, da müssten wir über den aufstimmen, war kein Froh, wir wären. Vogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Mam Jules in der Progression, ja. Trein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Belsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Annaischer Serge? Ja. Merci. Und dann gehen wir noch zum Multiplikateur von Poker Martial. Voilà, das ist ein Turmmultiplikateur vom ICC für 2025, und den gibt man dann unverändert los bei 225%, was der niedrigste Tor ist, den ich kann applizieren. Sind du froh? Du kein froh sind, da können wir auch über den Punkt schon aufstimmen. Vogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Mit der Progression von Jules, ja. Trein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Belsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Annaischer Serge? Ja. Voilà. Und dann will ich auch denke so, und das genauso wie der Serge gesagt hast, der Innenminister hat angekündigt, dass du Sachen gingen kommen, hoffen wir, dass das so ist. Also ich meine noch mehr so interessiert, dass bis noch nur geguckt wird, bei Pro Commercial, ob das der Schlüssel nicht aber muss ein bisschen zu verweuern, für den Gemengen angepasst gehen, wo Geld generiert wird, weil wir haben ja aber auch Nuisancen, wir haben noch finanziell Lasten, wann muss Infrastruktur und Major gesagt, geben wir Verkehr. Und ich meine, da sind wir froh, dass du Diskussion oberst, und dann muss man hoffen, dass da doch zugunsten von unserer Gemeinde dann noch vielleicht an die Richtung da geht. Weil da kommen wir zum Punkt 7, Verkehrsreglement. Da haben wir 2 Konfirmationen. Da war ein Kehr an der Rue Gabriel Lippmann, wo dann Kanal Posa Creos schafft, wo dann eben Verkehrsregelung so war, dass an der Richtung, wo der Chantier ist, eben Straße so war, an den bis auf die andere Seite rüber fuhren, das ist da gültig vom 16. April bis zum 26. April. Und dann das andere Verkehrsreglement an der Rue du Village, da war just ein Trottoir so, auf der Höhe vom Hausnummer 40, und da das da vom 24. April bis den 17. Mai inklus. Vielleicht hat du am Dossier gesehen, da war ein kleiner Fehler an der Liberation, da war nämlich konfirm zweimal derselbe Satz, und da tun wir damit noch verbessert.
Wenn du keine Frohe sind, dann können wir auch darüber aufstimmen. Bojarini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. An Eicher Serge. Ja. Merci. Und da wären wir schon bei den Questions écriten von den Gemengen, Konseilien. Und da haben wir 2 frohen Rakrit von der Schötterbierger. Und ich gebe später die dann 4 zu drohen an der Reihenfolge von der Welt. Ja, merci. Na, komm, wir fangen mal, sind alle 2 wichtig, das ist klar. Aber ich komme dann auf den Problem am Wasser zu regen. Den 11. April kommt ja bekanntlich zu einem Vierfall auf Punkto Trinkwasser. Bedauerlicherweise kauft der Gemeinderat auch recht auf Nachfrage von der Schötterbierger ganz schappig informiert. Wir bewerten das Krisenmanagement vom Chefrat bei diesem Incident als suboptimal par rapport zu der Gesundheit von den Anwohnern und sämtlichen Benutzer vom Trinkwasser aus der Gemeinde Schötter, sie auf das als Bauern, Restaurateuren und so weiter. Aber auf den sozialen Medien war Publikation vom Problem den 11. April SMS to Citizen, Zeitung, Radio, was Nachricht reicht den 12. April zu sehen. Und wollte mir vom Chefrat eine Stellungnahme zu folgenden Fragen par rapport zum Incident fragen. War das genau geschieht? Was war die Ursache? Wie ein Quell war en Kurs? Wie gedenkt der Chefrat in Zukunft hier zu gehen, sodass jeder direkt über Incidenten informiert wird, die der Gesundheit von jeder engem können schützen? Prioritär natürlich als alle Anwohner, Anwohnerinnen an die vulnerablen Leute. Und dann, für war das der Gemeinderat recht den 12. April auf Mengen Nachfrage hin informiert gehen. Der letzte Punkt, für war das der Flyer recht Freitags an der Gemeinde verteilt gehen, wo die meisten Leute, vielleicht noch just die Leute, die berufstätig sind, die gehen nach Antwort andere vielleicht noch mehr. Schon merci für die froh am Ende von dieser Bürger bedauere schon direkt am Vierfall ein bisschen Fortfall, weil wir mal darüber diskutieren, da wird man gesehen, dass die Situation eigentlich gar nicht so durchstellt, wie sie vielleicht abgeholt gehen ist. Ich will für dich Drobago, was geschieht ist, also wir haben, dass die Erdquelle, die betroffen ist, und da haben wir ja die neue Horizontalbohrungen gemacht, und die neue Horizontalbohrungen mit der neuen Technik, die do installiert gehen, dass die da trägt dann noch ein Teil vielleicht zu dem Problem bei. Ich will auch so, dass es zu keinem Moment wirklich akute Problem war, dann hätte ihn effektiv ganz andere Mesure geholt, dann hätte er mal direkt den Grund zugedreht, dann wäre kein Wasser mehr am Reso gewesen, dann hätte auch kein Wasser aus dem Reso rausgekriegt, und dann hätten wir wahrscheinlich auch bei einer Manier nachalarmiert, wahrscheinlich durch Straßfuhren, man denkt mal Parler oder Schelle gehen. Wir an so einer Situation waren wir nicht, und dass eben die einen mich frei alarmiert gesehen wie die anderen, das eben nicht, weil man mich schlecht gesehen beim Alarmieren, mir einfach besser gesehen an über sozialen Medien kann direkt Leute informieren, für die da angeschrieben sind. Für die anderen dauert es eben aus organisatorischen Gründen einfach ein bisschen mehr lang. Muss natürlich nach wie gemäht gehen, muss kopiert gehen, muss gefällt gehen, muss Leute bestellt gehen, die hinausdelen. Das ist nicht wie ein Post an 2 Minuten möglich. Das braucht eine Vorbereitungszeit und eine Vorlaufzeit. Aber wie gesagt, wir waren in nicht so einer Situation, wo so eine Urgenz angesucht war. Wir waren in einer Situation, wo man genau wusste, wo das Problem herkam, aber wo man eigentlich mehr präventiv reagiert haben, wie effektiv das ein Gefahr da war, auf den hat müssen mit anderen Mesuren reagieren. So, was das so geschieht, auf der aller Quelle mit den neuen Horizontalbohrungen, da ist es so, dass wir vorher an einem Mischungsverhältnis, das ist mir probieren ja wir probieren nicht mit Seebasswasser, mit also Quellewasser eine optimale Mischung rauszukriegen für die Belastungen, die ganz minim sind, nach Ruf zu kriegen.
Das Mischungsverhältnis gëtt also festgelöet, a wann dat Mischungsverhältnis erregt das, da gëtt do en Schieber den opmëcht, an da lebt Quell Wasser von der Fassung, von der Quellfassung lebt da net mehr an der Basin, wo gemmischt wird, mir lebt dann einfach raus an Bach. Das geschieht ja alles über Gravität, also da wird nicht gepumpelt. Mit dem Problem ist aber, wenn das umschaltet, dann entsteht im Moment ein Unterdruck an der Leitung, und da wird Fließgeschwindigkeit vom Wasser erhöht. Und die Erhöhung von der Fließgeschwindigkeit, die bringt mit sich, dass Sand mitgezogen ist. Und da haben wir auch auf der Anlage ein Sandfilter, und wir haben auch einen Detektor, der soll feststellen, wann die Drehung am Wasser zu groß ist. Da ist aber auch, so ist es ja dann immer, so pur unglückliche Umstände bei kommen, den Detektor, den ist auf der falschen Seite montiert gehen, den ist 4 Sandfilter montiert gehen und nicht 100 Sandfilter. Dadurch ist nicht festgestellt gehen, dass auch 100 Sandfilter nach einer Drehung am Wasser waren. Ne? Vierdru war sie an den Normen, mehr Hannen drin, aber nicht mehr, und das wird auch umgebaut. Mit das dadurch, dass Sand an die Leitung kommt, und dass der festgestellt wird, in den Kontrollen, die wir machen, dass eben hauptsächlich an der Schütterherd, am Basin-Wasserdrefer. Du hast direkt reagiert gehen, du hast den Basin direkt aufgespart gehen, der Basin hast gespult gehen, gebotzt gehen, mit neuem Wasser gefüllt gehen, und in der Zwischenzeit, als wir nicht daran wollen, die Leitung abgemerkt, für proper Trinkwasser an die Leitung zu kriegen. Also solch hat man dadurch können so gerieren, mit aller Transparenz, aber vielleicht aber ein oder den anderen gemerkt hat, dass das Wasser dreh war, wir dann angefangen zu informieren, dass es über den Postdement schnell gegangen, über den Navi geht das mir los, aus der dritten Tag drauf, und da das auch gemerkt, gehen immer zu summen mit dem Navi von der Wasserverwaltung, von der RGE, und die haben uns auch gesagt, dass an dem Fall eigentlich nicht U-Boot über RTL ganz Land rebellisch zu machen für so einem lokale Problem, was eigentlich auch nach kein wirkliches Problem ist, ein Gesundheitsrisiko eigentlich davon auszugehen, dass das überhaupt kein Gesundheitsrisiko da ist. Aber du hast eine Drehung am Wasser, am Hui auch da präventiv dann die Analysen lanciert. Bei den Analysen ist es doch so, dass die 3D brauchen, weil eine Kultur von Bakterien 3D braucht, zu wissen, und dann auch so kann machen, ob den Niveau von den Bakterien über der zulässig drüber ist oder überhaupt Bakterien entstehen, an die Entwarnung auch tun, direkt mehr in das kommen. Also der Kritikpunkt, den ich vielleicht gölle losen, das ist den, dass auch das SMS hat könnte man Postsummen rauskommen, und das ist intern nicht so gut gelaufen, und dafür ist die richtigen Tag drauf gegangen mit für die Leute, also aber das Risiko, also ich meine von daher, wenn das der Risikoabschätzung guckt, da war das immer noch okay, mit denen können technisch gesehen dadurch zu gleicher Zeit machen, und da sind wir auch dabei, ich meine, du gehören, du hast auch das neue Gesetz, was Trinkwasser angeht, was du auch spielst, da muss man ja den Water Safety Plan aufstellen, und da gehört auch dazu bei, und da tun wir also auch selber gesagt, dass wir aber auch Checklisten aufstellen, wo in der Punkt für Punkt kann aufschaffen. Da muss natürlich die verschiedenen Szenarien, die Risikoabschätzung muss auch noch immer gemerkt gehen, ob es wirklich ein Gesundheitsrisiko ist, ob davon auszugehen ist, dass es just präventiv Vorsichtsmaßnahmen kann holen, mit denen nicht mal unbedingt notwendig sind, oder ob es wirklich so ein Problem am Wasser hat, das kein mehr getrunken. Ich will auch dazu noch sagen, dass die Restaurateuren und so, die sind alle angerufen gehen. Also die wussten aber auch alle Bescheid. Für die Bauern war kein Risiko, nicht mehr Risiko wie für einen anderen Anwohner, für die Restaurateuren noch nicht. Mit das aber mehr Geschäftsschäden, waren dann eine Drehung am Wasser. Wir, an was die Gemengerung geht, haben wir informiert, dass du hast oben um 23:10 Uhr Mail gemeldet, kann ich so, das war die Initiative, für das den Gemeinderat informiert wird. Ich kann das nicht so, wir hätten das wahrscheinlich sowieso, aber den anderen Tag gemerkt, der Gemeinderat hat eigentlich an dem Szenario, ich meine, das was wir ein bisschen immer wollen, transparent und informativ schaffen. An diesem Fall hat aber auch der Gemeindemensch nicht eine Priorität wie von anderen, anders als Anwohner ja auch sowieso informiert gewesen. Aber recht sie froher Gestalt gehen, und auf die haben wir ja auch probiert, zeitgleich und präzise zu antworten. Ich meine, dass du am Moment die Situation da am Griff war, und dass man eigentlich dadurch, dass ein Haut über Posten ganz schnell kann informieren, ein bisschen eine Evaluation kreieren par rapport zu dem, was wirklich geschieht war. Natürlich muss man
auch dat an Zukunft verhindern. Da sind aber paar Punkte, wo geschafft wird, dass erstens mal die Geschichte von dem Detektor, den eben Drehpartikeln am Wasser feststellt, dass ein Zweitgeschichte, dass man die Schieber umbauen oder Lachschieber, das wann du von Zufluss an de Basing op de Schach statt den Umschaltung net so abrupt geschieht, dass eben Fließgeschwindigkeit vom Wasser selbst bleibt. Also dat sind op dem Niveau, wo interveniert geht. An dann aber noch nach ein anderer Punkt an der Informatik, wo reagiert geht, war nämlich so, dass Mischungsverhältnis angestalt war an aber nach immer op eng manuell Erstellung reagiert wird. An do als eng automatisch dynamisch Erstellung umgestalt gehen, die dann noch kamierse par rapport zum DB op der Leitung an der Mischungsverhältnis dynamisch oppassen. Dat Hummer dat funktioniert mit dat wann an der Gestalt an dat so dat Neurolog gemerkt. Also die ganz Technik von der Quellefassung ass nach relativ neu an do war solo beigeleiert gin, dat muss dann realisch so solo beigeleiert gin an der Gestion von den Installationen a von dem, was immer der Anlage kann machen. Aber wie gesot an dat menggen Stadt wat Fischers aus dat Wasser dreif war lo zu keinem Moment wirklich ein Gesundheitsrisiko. Voilà. Okay, merci für die Explikationen. Bon, für mich oder für euch war der Toten am Fungel ein bisschen ein Generalprof für den nächsten Fall. Gott sei Dank für das eine Sache, was ja dann nicht weiter dramatisch war, hätte aber können sein, ohne weiteres. Und aus denen, ich meine, aus denen Problemen oder aus denen Kneten sie lernen und dann eben daraus Konklusionen ziehen. Wenn ich los so ein du hast gesagt, dass die Gemeinde nicht unbedingt soll prioritär behandelt gehen, ging ich dann nicht recht, weil die Gemeinderatsmembern, die gehen auf der Stoß respektive angerufen, also sollte vielleicht der Member den Heim durchsetzt auch Bescheid wissen von an der Gemeinde Problem hast. Die andere Sache als die Leitung, die nicht dran waren. Gut, wie oft wird die SOS benutzt am Jahr? Gëtt déi punktuell just in engem Echtfall benutzt oder gëtt dat regelmäßig benutzt, weil van eng Leitung jo eng Zeitchen dat Wasser steht, ass dat Wasser huet jo bestimmt an net die nämlich Qualität wie ein Wasser wat permanent wo en Durchfluss ass, weil lo sind Leitungen déi hunn die setzen Auflagerungen auf, an dem moment van du de Grund opgedreht gëtt, ginn die Auflagerungen transportiert. An den du an der gegenchte Klärung ass vun ihr dran, wenn der se der fort den hat er natürlich pech die anderen geschosst, weil da sind Auflagerungen wahrscheinlich schon bei verschiedene Circuiten an Häuser. Ja, du hast absolut recht. Der Prinzip ist, dass an engem Wasserleitungsreso okay Sto und Wasser huet, dafür gëtt jo immer geguckt, dat de Ringleitungen huet ne Welo genau ass wie Jolo net méi ich wees auch, dass man ganz gut Kippen drüber sitzen hunn, also mir beiser seit wie die net dran wenn auch, a wann die du opgedreht hun, war net schon automatisch geregelt, das war net kann 100% Antwort geben, dat kann ja nofroen an die nächste Antwort gi dann huse dann fir deich gespult is opgedreht hun, also dat sind ich ganz sicher, dass dat so gehandhabt gët, also als Leute sind du aber gut forméiert an reagieren do richtig an du wollte ich noch enke dazu, also wann de Problem eng andere gewicht dann hat du auch schwer ernst reagiert gin. Ich mengen du können trop verlos muss ich immer so, dass auch d Wasser aber nach von den Wäschen überprüften Nahrungsmitteln ass wat man hunn, ich mengen der Reso an alles permanent gewacht, dass opgefallen, weil all der Kucke geht, wo man Wasser drin, also es gibt eng Aufgabe, die ganz Seekolle, wir sollen noch die Bürger dabei verunsichern, also die Mathe gött beherrscht, die aus am Griff, war eben die Geschichte mit dem bisschen Sand, weil eben du matt kommst, das gött lo geregelt, und dann, wie gesagt, kommen in Zukunft am Kader vom Water Safety Plan, kommen die Checklisten, da gött noch mehr in Automatismen, auf welchem Szenario man wird, wie reagieren werden, auf wen informiert geht, und dann gëtt och den Gemengerot Zeit no informiert mat den Informationen, weil das nämlich den anderen Punkt mat den Informationen, die dann zu dem Moment disponibel sind, weil dat ja oft Situationen, die nach evaluieren, a wofle eng halber Stunde schon enke einer Informationen zur Verfügung sind, wie die halbe Stunde für tun.
Dat probieren aber dat auch richtig an zum allerbesten zu machen. Wie auch die Leute so gelöst zwischen der Kläranlage und dem Auto und dem Parkaktivisiert, das ist ja Trinkleute, die sich das soll machen. Die das Stundenwasser mit der Land eliminieren. Okay, merci für die Explikationen. Just noch gesagt zum Flyer, ich meine, ob der Gemeinde stehen ein paar Multifunktionsdruckeren, die eine Druckleistung von X haben. Und ich meine, da muss ich nicht unbedingt auf ein externes Service warten. Die können im Prinzip gedruckt gehen, 1600 Flyeren und von den Services von der Gemeinde verteilt gehen. Da sind sie, ich denke, wann eine Meldung ist, 4 Stunden mehr spät müssen sie an alle Briefbord sein. Mit der eigenen Arbeitshilfe oder mit der eigenen Kraft für die eigenen Leute. Also die Flyer sind intern, sind in Haus gedreckt gehen, mit unseren Meiern, die wir dafür haben zu machen, sind aber mehr wie 1600, weil die Industrie natürlich auch müssen ausgedeelt gehen. Wir als Leute konnten zu dem Moment Flyer nicht ausstellen, dafür will ich im CGR und merci so, die tun angesprungen sind, für sie auszuzählen, weil sie mit der Pan an einer Chantier in der Gemeinde waren, weil als Leute alle beschäftigt waren, aber keine Kipp zusammen kriegt für die Flyer, weil du musst ja zu Pur sein, wenn es soll Fero gehen, und du hast das CGR, oder ist die Leute auch zur Verfügung gestellt, für das auszudehnen. Also ich meine, da um Niveau vom Flyer war an der Zeit nicht rauszukriegen, was die Informationen über die elektronischen Kanäle angeht, da haben wir die eng gemelden SMS als nicht direkt gemeldet. Wir haben vorbei, meine ich, wird nicht möglich gewesen, das mehr sehr zu machen. Und aus einer Notschicht geht mit an den Brief kriegt, das hat ja auch gesehen. Ja, gut, okay, dann kommen wir vor weiter. Ich komme dann noch als zweit froh. Die betrifft den neuen Dörfkehr. Und zwar den 21. Juni 2022 hat die Gemeinderat eine Deliberation auf Propos vom damaligen Chefrat angeholt für ein Komitee d'accompagnement für die Realisation vom neuen Dorfkehr für Schötter zu kreieren. Dieses Komitee war mit politischen Vertretern von sämtlichen Parteien und Gruppementen aus der Gemeinde Schötter besetzt, mit 3 Vertretern aus dem Jury, dem Präsident von der Bautenkommission, der Architektin, Urbanistin, der Chef vom Service Technik von der Gemeinde an als Sekretariat e Vertreter vom brodenden Büro von Demos Dresden Sommer, vom brodenden Ingenieursbüro. Bei mir freuen den Chefrodler folgendes: weniget de Komitee d'accompagnement für die Realisation vom neuen Dorfkehr oder dem neuen Dorfzentrum für Schötter neu besetzt, respektive aktiviert. Und die zweite Frage: wie sehen die nächste Zeit noch Etappen auf Punkt neuen Dorfkehr aus? Merci. Ja, merci auch für die Frage. Ich meine, alles Projekte, die großen Projekte, die wir noch am Gange sind, ist wichtig, dass wir zusammen schaffen drin und dazu gehört, dass ihr auch Fragen stellt. Zum Komitee d'accompagnement, da hatten wir schon gesagt, dass wir das nicht mehr so restriktiv gesehen, dass wir nicht wollen, verschiedene Leute designieren, die dürfen mit schaffen, und andere nicht. Wir machen das mit dem ganzen Gemeinderat zusammen. Und du hast so gewesen, dass wir bis am Anfang geguckt haben, wie schaffen wir mit diesem Architekt zusammen, wie schaffen wir mit Dresden Sommer zusammen. Ich will dazu just sagen, dass wir nicht mehr mit Dresden Sommer auf dem Projekt werden zusammen schaffen, nicht weil sie kein gut Arbeit gemacht haben, ganz am Konträr, aber weil wir am Anfang nicht die Missionen konnten definieren, wo sie uns hätten können unterstützen, dass das am gegenseitigen Einverständnis so festgehalten in Detailer, will ich so, wenn wir als gesehen haben, über das Projekt schwätzen. Und da mengen wir, dass wir am Juni gingen wir da eine Arbeitssitzung machen, wo wir dann darüber schwätzen. Und das ist auch nicht, gar nicht viel gegangen. Wir hatten entre-temps, der Chefrat hat Reunionen mit den Scouten, hat eine Reunion mit der Harmonie. Wir sind verschiedene Gemeinden gegangen, auch zusammen mit dem Architekt, mit Metaform. Also es sind Sachen geguckt, da wir Informationen für ihr, und das machen wir am Juni an einer Arbeitssitzung beim Gemeinderat zusammen, wo wir dann noch die Erklärungen geben, wie wir mit dem Kontrakt fahren und voilà. Merci. Ja, geschieht. So ist nach Fragen.
Wora hat lo de Fanger fir dich ausgeschnitten. Ich wollte auf den Lieblingspunkt von der vierten Opposition zurückkommen, und zwar der Velosphäre den Haf. Wie dem vierten Chef schon vom Ministerium erklärt gouf an den Heitschen auch ein Kehr, das nämlich erklärt hat, als es unmöglich ist, dass der Velosphäre den Kollektor könnt, also das keine Solution von gehen. Was mir aber nicht verstehen ist, wo ein alternative Projekt da hängen geblieben ist, weil das Ministerium hat ja proposiert, eventuell die Rue du Château zu prüfen, ob du eine Velostraße machen. Und wollte mich befragen, wo die Projekt da hin ist, ob die am Tier gelandet ist oder ob die weitergeht. Und der zweite Punkt ist, dass mir da ganz wichtig fand, dass der Schafferrot sich für eine U-Bahnung und eine Haft durch eine Velosphäre stark möchte. Also es ist okay wert, dass wir einen super Haft kriegen, und mit dem Auto, mit dem Bus und dann noch mit dem Tram können weiterfahren, mit dem Velo nicht bis du hinkommen, weil eben da keine U-Bahnung ist. Also mir fand es schon wichtig, dass du aber daheim bleibt. Und am nämlichen Kontext dann eigentlich vielleicht nur froh, ob man nicht eine Velo-O-Station da könnte kriegen, wenn bis du eine Haft da hast. Da wäre das, können dann einfach mal vielleicht nach Matol. Merci. Ja, also du kann ich folgen, dass dazu so, wir hatten eine Reunion am Mobilitätsministerium und wir haben auch genau den Punkt angeschwärzt, also aber so, dass du am Anfang finalement das Steck über den Wartungsfee oder eine andere Solution, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja eigentlich, wie kommen wir dann noch vom Rampen am Sendinger Birch auf den Hinhafen. Und das ist genau der Punkt, den wir angeschwärzt haben. Und sie haben auch mitgeholt, wir haben aber noch keinen Retour gekriegt, wir haben noch eng Revue gefragt mit der Minister Choriko Backes, da haben wir zwar auf verschiedenen Punkten echt eine Antwort gekriegt, aber eng Revue hatte man noch nicht. Und wenn wir die kriegen, dann werden wir auch die Sachen ausschwätzen. Ich meine, dass die Message gekommen ist. Und ich meine, dass sie da doch ganz echt geholt haben. Und da muss man gucken, auf welche Richtung das hat gehen können, aber den da von Lesungen sich können evaluieren, weil da sind wir dann ganz erst im Spiel, wenn ich nach Kason aber die Leiser Gemeng, da finanzieren wir selber die Velos, wie zwar die wird der Weg von der Wartungsfähige Kanal, zwar die wird eine andere Solution, Rue du Château, Sauerbösch, aber alles was dürfen, da sind wir nicht mehr in einer Gemeng, also da sind wir müssen andere Leute Projekte für uns machen, und wir freuen da regelmäßig nur, und wir bleiben an drin. Den Hawer so lo Moer net fertig, méi das wichtig, dass die Mobilität dus U-Bahnungen bleibt erkënnen, dann bleiben do mat Ball. Die Velostation do huet jo den Fournisseur offiziell an Stadt Lützeburg offiziell geantwort, dass dat jo net envisageabel wie, weil auch die Velostationen zu den Iran zwar installiert sind, noch nicht so viel gebraucht gehen, kein so großes Succès, und dafür noch eine Gemeng wie weit zu gehen und noch wie weit von der Grenze von der Stadt Lützeburg wegzukommen, das wäre im Moment nicht interessant. Wir können auch das nicht genau hacken, aber das war ja die Antwort, die sie formell auch gehen hatten. Merci. Paul, war nicht Gift. Ja, ich ging kurz noch zurückkommen auf den Anfang, wo es gesagt ist, von der Straße Brick, wo du eine Antwort drauf kommst, von der neu gebaut geht. Und die schon das ist auch eine Planungsphase, das ist schon nicht heute mal. Aber die Rue Tranche, die ist ja auch noch, steht auch noch einmal ab, dass ich da mit der Chaussee mal vielleicht Datum kriegt, dann die zwei Chancen irgendwie zusammen. Weil wenn dann die Straße gespart ist, das war ja schon ein Zeitchen, dass ich dann in dem Kontext doch den eventuellen Chance du kann. Aber du greifen dann auch aufpassen mit der Adressation, dass das dann auch wie man die Freunde lief. Weil natürlich nicht ganz einfach verziehen. Falls es eine Regung in Idee. Ja, du hast absolut recht. Und den Avantage von den Kursen, die man immer kriegt, und dass das weiß, wo in drin ist, dass weiß, auf welche Richtung das kann schaffen. Und wir sind aber übrigens am Gangen mit einem Büro Projekt der Straße zu schaffen. Wir hatten eigentlich Entrevue mit denen, wo wir ihnen gesagt haben, was wir gerne hätten. Als Täterstraße muss ja ganz neu gemacht gehen, sämtliche Reso muss neu gemacht gehen. Da ist auch ein immensen Bedarf, ich meine, Kreos ist am Gangen, Mittelspannung da an den Boden zu legen, mir auch die Post hat da Bedarf, und da ist doch wichtig, dass man mir auch da hängt das nicht mehr nice, da hat man wie mit der Post die POP, die POP, den muss gesagt gehen zu schütten, weil das nämlich gibt zwei Optionen, entweder muss von Eiter neue Strang zugehen, da das viel mehr aufwendig, und das ist so ja
aufhängig von unserem Chantier, wo wir angefangen haben, den zu planen, aber wo bis die Realisation vergeht immer nach 2 Jahren, bis wir so weit sind. Wenn sie aber heute können machen, von Schritt raus, da können sie das Glasfaser überall da ausschließen und da brauchen sie den Strang von Ether nicht. Und da haben wir ihnen eine Solution proposiert, die Leute von der Projektion, also die Reso machen, die haben uns gesagt, für sie ist das okay, für sie geht das. Sie haben noch schon evaluiert mit den Tranchen, wie das muss gemacht werden, also das für sie an der Reihe, aber das ist auch kein kleiner Betrieb, das heißt, die Teilchen abtreten, das ist das Service Bâtiment, und wir warten noch da auf eine Retour vom Service Bâtiment an wieder gestorben ist, um in Connection zu werde ich auch noch nachfragen, wie weiter zu den Evaluierungen da sind, ob das prinzipiell an der Reihe ist, weil wir brauchen am Anfang ein Mandat, dass sie nicht planen und dass sie dann kann umsetzen. Ja, in dem Kontext ist gesagt, nach Datastraße, ich meine, da wollen wir auch Verkehrsberuhigung, wir wollen urbanistisch das abwerten, man möchte mal einen Platz, wo die Leute dann noch sich können treffen und dann also besoin da und einen Spielplatz, weil da haben wir absolut nichts für die Kinder, muss ich gucken, ob ich so etwas kann, aber an so verschiedene Ideen, was man da noch realisieren, so weit sind wir noch nicht mit der tuten Ingenieursbüro alles mal auf den Weg kriegt. Und voilà, wir waren da ein Stopp, dass der jetzt ein flottes Projekt machen. Ja. Und dann noch, ich meine, so ein 30 also von der Branche Chaussee aus etwas, was absolut möglich ist, immer also beim CR und da, wo viele Leute sind, wo man für die Sicherheit, für die Leute, für die Kinder hauptsächlich sorgen, da muss man dann natürlich auch gucken, dass er die Mittel noch ersetzt. Ja, Serge. Ja, schöne paar Sachen. Am Anfang fängt man mit der einfachsten an. Die Gemeinde Boot lebt den noch. Weil normalerweise die Jahre für drin, wenn man gewinnt, dass den noch schon plus minus das Jahreszeit an diesem Moment rauskommen ist. Das ist aber irgendwie noch nicht so richtig der Fall. Der Gemeinderat lebt noch, er lebt noch. Wir hatten nur kurz eine Reunion, wo wir nachgefragt haben, was auch noch soll drankommen. Wir wissen von Anfang an, ja, dass wir da an dem Service vielleicht unterbesetzt sind. Das war noch hinausgefallen, wie lange krankheitshalber. Wir sind noch dabei, wir haben Kandidaten gekriegt, auf den Posten, die wir rausgeschrieben haben, wir sind noch dabei, dort die Auswertung zu machen, an geschwind an die Interviewen zu gehen. Also ganz geschwind, an den nächsten 2 Wochen, für dann da eine Person zu finden. Also wir haben nur das einen Tag. Soll nicht so sein, das ist nicht gut, aber das wird dann nur in Zukunft dann besser gehen. Wenn das an der Ausarbeitung dann schon noch finalisiert, dann wird das verdient gehen. Okay, merci. Dann das die Verbindungsweg Minsk-Bagar-Parkaktivität. Du hast ja eine Umweltetude gemacht, die ist auch schon gut strapiert, soweit ich mich kann erinnern. Wie sind dort Fortschritte? Du hast eine Umweltetude gemacht, und dann hast du auch den Nachteilscreening gemacht, und dann hast du festgestellt, dass dort Hirselmaus wohnt, und dafür muss man kompensieren. Und du war die erste Idee, da muss man den Weg so viel mehr breit machen, da muss man Hecke pflanzen neben dem Weg. Und dann haben wir gesagt, wenn wir Lorem aufhängen, bei den Leuten zu gehen und Lorem zu sagen, hey, der Weg geht kein 4 Meter breit, mir geht 7 Meter breit, dann sind wir nicht bienvenue à la case départ, das wollten wir aber nicht. Und dafür haben wir proposiert, auf einem anderen Platz, nur bei, auf einem Steck, den die Gemeinde gehört, da die Hecken zu setzen und dort zu kompensieren. Und da warten wir auf die Antwort. Und wenn wir die Antwort tun, dann können wir das Projekt eigentlich weitertreiben. Von den Leuten hier hast du kein Problem mehr. Wir waren ja auch mit der Familie Monitoren zusammen und so weiter. Das ist alles klar. Da können wir dann umsetzen, das kompensieren, wo wir eigentlich Rückmeldung brauchen, dass das für die Umweltverwaltung so an der Reihe ist. Okay, merci. Aber was mich ein bisschen überrascht, weil dem uns das gesagt ging, dass Schreider Associé aber schon parallel und der Weiterentwicklung vom Projekt schaffen, eben die 2 Szenarien gucken. Einkehr, wann die Hirselmaus da gif Fond gehen, und einkehr auch nicht. Und du hast eben ein paar gut. Ich muss vielleicht ausgelegt, wie sie aus Fond gehen. Ja, aber eben. Aber weil sie Fond gehen, muss man mehr Hecke setzen. Die erste Idee war, mit Hecken neben den Weg zu setzen. Und da meinen wir, dann gibt es einen Rückschritt, da fängt man am nächsten bei den Leuten zu gehen. Für so viel, und das rechnet sich da sehr, über die Länge so viel Meter Carre in der Mai zu kriegen. Und dafür meinen wir, dass das halt die besser. Aber wir haben nicht
Validation von der Kompensationsmesure, dass sie dummer da sind, dass man das können so mehr, weil dann ändert sich schon Projekt nicht und da können wir am Anfang an die Ausschreibung gehen. Ne? Okay, gut, merci. Gut. Ja. Nee, okay. Aber ja, dann der letzten einfache Punkt nach, das Botzen Ja, an das der Rue Gabriel Lippmann, du hast ja das Chantier vom Kollektor an der Adventia Bank, aber wenn du guckst, wo ja die letzte Zeit immens schön Pferde, du gesagt die Straße auch dermaßen raus. Du wirst vielleicht mal eine Idee für die Entreprisen abzufordern, für mal nicht unbedingt Kirbisch zu wollen, mit Maschinen zu wollen. So sind sie wahrscheinlich ein bisschen lang am Gang. Gut, und dann habe ich noch eine Intervention, besser gesagt, von meiner Seite, und zwar geht es um den Televis. Ich erlaube mir dafür auf die Sitzung vom Februar zurückzukommen, vom 21. Februar zurückzukommen, spezifisch aber auf dem Conseiller Jean-Pierre Kaufmann Signofro betreffend dem Televis 2023. Ich gehe schlussendlich der Impression nicht los, dass er probiert wird, für die Leute vom Organisationskomitee, notamment in demalig 2 Käsien, Vizepräsidentin Nora Forjarini als Vizepräsidentin und mich als Präsident von der Televis-Combine 2023 zu diskreditieren. Für allem aber, wenn in das Thema Televis abwirft, wenn die 2 Hauptbeteiligt vom Organisationskomitee selber nicht an der Gemeinderatssitzung dabei sind. Boah, ich komme nur ein bisschen eine kleine Historik. Dauert noch ein paar Minuten. Sorry für das, liebe Leute, die nach Nolausten und hier am Saal sind. 9. Dezember 2023 wurde eine Reunion mit dem Organisationskomitee stattgefunden, wo Details über die Finanzen erklärt gesehen und noch gewiesen gesehen. Da war der Member vom Organisationskomitee Jean-Pierre Kaufmann auch präsent und hier selber hat sogar Printouten über den Televis dabei. Die Rechnungen gewiesen hat, die auf dem Televis verbucht gesehen. Also gibt es schon mal ein Dekont, wo ja immer x-mal schon gefragt gehen, als von der Freien, den als von der Gemeindeverwaltung abgestellt gehen. Ich will dann aber auch präzisieren, dass zu vom Scheck von 175.000 €, die das Centre de Promesse Schötter, der 24. April letztes Jahr erreicht hat, auch Televis kommt waren. Die Gemeinde hat hier nicht müssen oder nicht müssen mit einer Finanzspritz helfen, für den Scheck zu decken. Contrairement, wie das 2012 der Fall war. Der Präsident vom Organisationskomitee von Demos und der Bürgermeister von Demos müssen das ja wissen. Das Organisationskomitee konnte durch die gute Kampagne, dank der Hilfe von unseren Vereinen und vielen Betrieben, letzte Samstag beim Aufschluss im Televis schlussendlich nach einem Scheck von 12.363,07 € überweisen und überreichen. Und konnte sie nur definitiv clôturiert. Was die Kiwanis-Relevé betrifft, mit alten Dauern, Sponsoringen und Resetten, die gehen wir natürlich nicht raus. Doch spielt noch immer ein Datenschutz mit. Und das ist ganz klar. Und wir haben diese Leute, die uns anonym da gemacht haben, uns fortgehen, dass dort nicht rauskommt von denen Informationen. Wenn der Conseiller Jean-Pierre Kaufmann aber Lozach nach immer nicht traut, kann hier gern bei der Fondation Kiwanis nachfragen, für die Relevé zu kreieren. Dann erleidet die Responsabilität nicht mehr an dem Komitee d'Organisation vom Televis von 2023. Also nicht mehr an dieser Responsabilität. Gut, das wollte ich sagen. Der Scheck leider noch hier. Ich denke, dass das ja nur für irgendwo eine Mauer zu hängen auf der Gemeinde. Ganz kurz darauf brennt wird, denn ich habe an einer Sitzung gefragt, durch den Kollege an dem Gemeinderat 2023, habe ich in den Kont gefragt. Und du hast gesagt, geht das dann nicht alles ran, wenn bis alles ran ist, da könnten die Kont, bon, das bis heute noch kein kommen.
Ich war der dabei so ein Gemeng hat ein Budget gestimmt für 50.000 Euro und ich mein Gemeng muss doch wissen, was da von der Verbrauch genossen mit mehr nicht Mann. Ich habe die Sache gefragt, die Members, die am Komitee auch waren, und noch die Leute dabei sollen und müssen wissen, was tut denn das Gemeng mit beigehen. Formidabel, habe ich die gelesen genossen mit dem Scheck, formidabel, mit Gemeng muss er auch wissen, was mit den 50.000 Euro am Budget sind, waren die durchgegangen, waren nicht durchgegangen. Und ich meine, Gemeng Misdauern, die können kriegen eine ganz normale Sache. Also bei so einer großen Envergure wird das wird Gemeng Schritt da, die am Mittelpunkt stehen. Und ich so denke ganz klar, das finde ich auch schon gesagt, die große Merci und die da geschafft haben. Wir haben Transparenz als übrig. Und ich habe so nicht gemerkt, wie das zu Frauen und nicht mehr an den Mann. Ich komme nicht darauf zurück an die Reunion damals, als gefragt ging. Und du hast gut gehen, sag nicht alles dran. Wenn alles dran ist, dann könnt das nicht mehr an den Mann. Wie gesagt, denke, will ich auch den Angehörigen, die da geschafft haben, merkst du so, weil es war viel Arbeit, das ist viel Engagement da. Und das ist ein ganz gut Sache, dass er jetzt noch Bescheid weiß. Gut, merci für die Erklärungen. Schön, dass wir darüber gesagt haben. Du hast den 1. Dezember 2023 den heutigen Dekont selber an der Hand. Wo es an der Reunion war, wo der Briefing war, mit dem Komitee d'Organisation, mit den Membern, die da waren. Also ich weiß nicht, wie in den Dekont das nachfällt. Ich schon nicht mehr spät wie heute nach einer Korrektur zu dem ganzen Ragin, weitere Erklärungen Ragin. Weil da sind nämlich effektiv Sachen gebucht gehen, die nicht unbedingt bei den Television gehören. Voilà. Für mich ist die Sache hoffentlich closed. Und voilà. Voilà, ich meine, das sind zwei Gemenge Konsalien, aber ich meine, die Television ist ja nicht so allein, also die Gemenge ist am Anfang für ganz wie soll ich so, die Infrastruktur an Kasten zuständig gewirrscht, die bei den Evenementen entstanden sind. Ich meine, du hast ein Schiffer 4 genannt, 50.000 Euro. Ich meine, bei dem ist bei weitem nicht durchgegangen. Das Herr hat ja ein gewisse, was für Freien dort die Gemeinde zukommen sind. Ich meine, dass den Erfolg den Gemeinde gemacht wird, wie Vereine geschafft wird, wie Betrieber vielleicht dann gemacht und wie die Leute vielleicht dann gemacht und mit Gemeinde hat ja nicht mehr eine Ansicht, ob die Seiten von den Depensen, auf die Seite von den Resetten, hat die Gemeinde ja keine Ansicht dafür. Als ein Dossier Television vielleicht nicht einen halben Dossier für heute auf den Deutschen. Ich meine, die Idee von den Resetten, dass ja dann ein Organisationskomitee, den ja dann an einer Versammlung der Rechenschaft aufgelöst wird, an den Sachschritt effektiv nicht mehr spät wie heute nach Dokumenten geschickt. Du hast froh von unserer Seite, den alle dürfen die Führer schicken und den Gemengerat. Dann gingen wir das machen. Dann kriegen in Domo noch zusätzliche Informationen aus den Dokumenten, die das Herrsch dann haut geschickt wird. Und dann hätten wir das mal. Und ich meine, für den Rest sollen wir aber trotzdem den Television, den Erfolg, den du gemerkt hast von all den Leuten, meine ich, das eine gute Aktion gewesen. Die Suchen, die da an Forschung kommen, sind ja enorm wichtig, dass es da viel geht und dass Leute, die krank sind, können geholfen kriegen. Und für den Rest, meine ich, soll, so weit das geht, ich meine, du hast gesagt, dass es sicher nicht alles, was die kann man nun an Adresse auf den Tisch legen, vielleicht aber zuhören, heute hat man rausgekriegt, hat man überwiesen, das ist auch vielleicht gemerkt, ich fand an der Versammlung. Das ist auch wichtig, dass eine gewisse Transparenz da ist. Wie gesagt, du hast Gemeinden nicht mit Resetten, dass den Organisationskomitee mehr sind, die über die Depensen, wo die Gemeinde bezahlt wird, können Rechenschaft auflegen. Gut, voilà. Ich will am Anfang so, Vertrauen soll noch Leid tun. Man schwätzt von großen Monten, ganz klar, aber und das heißt aber manifestement schenkt das nicht so falsch zu sein. Gut, ich habe den Moi mich gesagt, für die Chiffren effektiv zu kontrollieren. Ich hatte schon der viermal gesagt, dass ich mir noch schon letztes Jahr schon da valorisch gemacht. Und da werde gesehen, dass die Ausgaben, die auf dem Television verbucht dass die nicht so hoch waren, wesentlich nicht so hoch waren, wie das
wie es an dem meisten Fall war. Die meisten Excel-Tableau, wo den Jamboch hat. Da schwätzen wir nicht von 50.000 Euro über das Budget, wie da schwätzen wir vielleicht ja nur von 20.000 Euro über das Budget. Aber wenn ihr da guckt, dass alle die anderen Zentren, die haben sich auch Budget gegeben von 50.000 Euro für ein TV, und die meisten von den Zentren haben auch alles danach ein Budget noch gestimmt von 20.000 bis 30.000 Euro. Ich weiß noch nicht, wie es bei der letzten Kampagne war, aber ich denke, dass es bei denen auch bestimmt nicht anders war. Für mich ist den Dossier closed und es war ein guter Success und ich will heute einkehren, die Vereine, die Betriebe und die Leute aus dem Organisationskomitee, der Gemeinde natürlich selbstverständlich auch, die Gemengen Leute, die geholfen haben, ein dicke Merci sagen. Ja, ich meine, Merci können mir also Euro schließen, das ist nicht das Problem, weil Leute Vertrauen nur geht. Ich meine, das ist kein Zweifel um Vertrauen. Ich meine, nicht mehr, da wo es um Suche geht, da hast du immer so, die bons Comptes von den bons Amis, wenn du nicht Pfiff zu werfen hat, dann möchten da transparent und dann ist jeder zufrieden. Merci für die Diskussion. Ich ging dann den Publikum fragen, ob er nach Fragen hat. Voilà, dann hätten wir eigentlich für den Abend wie immer fertig. Da sonst ja schnell allgemein merci für die konstruktive flotte Zusammenarbeit. Dem Publikum hat Band an der Bause für die Null-Ausströen und dann sehen wir uns an einem Monat auf dieser Platz. Vielmals merci und einen schönen Abend.